schaffen kann? Einer von 20.000 Spielern wahrscheinlich, einer von 20 Millionen Spielern, schätze ich. Also ich glaube, dass man das nicht hoch genug bewerten kann. Ich hatte ja das zweifelhafte Vergnügen, mit Manu über seinen Unfall zu sprechen. Und das, was er da geschildert hat und die behandelnden Ärzte mir dann noch geschildert haben, hat uns schon, also hat mich schon geschockt. Und so stabil zu sein auf dem ganzen Weg durch die Reha und dann nochmal Rückschläge zu haben, dann haben wir waren ja nochmal kleine Korrekturen, kleine Operationen, um die ganze Schiene und Platten und alles Schrauben dann nochmal zu korrigieren, die dann letztendlich auch den Durchbruch gebracht haben. Also da gebührt natürlich allen behandelnden Ärzten, allen Erstversorgern dort beim Unfall und dann den behandelnden Ärzten und Physios und Reha-Trainern hier im Club das allergrößte Lob und Respekt. Aber was Manu da durchzieht und durchgezogen hat, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Deshalb meine ich das auch gar nicht nur im Spaß. Das ist einzigartig. Also so klar zu sein und immer klar zu sein, dass er zurückkommt, so offen zu sein für den ganzen Weg und dabei nie die Zuversicht zu verlieren und so überzeugt zu sein. Der war überzeugter als ich, 100%, sonst hätte es nicht geklappt. Also gehöre ich mit Sicherheit auch zu den anderen 19.999, die es nicht geschafft hätten. Das ist absolut top. Das ist einfach nur ein großes Geschenk, ihn so erleben zu dürfen. Und für ihn ist das natürlich jetzt eine riesengroße Belohnung. Als ich dann gemerkt habe, dass das wirklich zurück auf den Platz kommt, war mir auch klar, dass dann der nächste Schritt kommen wird. Das wird zur Heim-EM gehen. Das war dann irgendwann klar, als ich ihn am Anfang auf dem Platz gesehen habe, weil das einfach im Torwartspiel, in der Ausstrahlung, in der Antizipation von Situationen einfach eine ganz eigene Liga ist. So, deshalb war für mich immer nur die Frage, kann er das wirklich schaffen, auf den Platz zurück? Wenn er das schafft, schmerzfrei auf den Platz zurück, dann war relativ schnell klar, dann schafft er es auch wieder an sein Limit, dass ja auch sein ganz eigenes Limit ist. Aber der Weg dorthin ist mehr als nur beeindruckend und dafür gebührt ihm wirklich der allergrößte Respekt. Wahrscheinlich mag er das nicht, dass wir so über ihn sprechen. Das zeichnet ihn natürlich auch aus, aber ihn so da zu haben, ist einfach absolute Weltklasse in allen Bereichen. Michael Schröer wieder. Leroy Sané wird nicht dabei sein. Ich bin schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Sie hatten ja schon gut, aber der muss erst morgen liefern, sonst hat er keine Pause, sonst muss er hier jeden Tag antreten und trainieren. Weiß ich nicht, also zum einen sind wir natürlich nicht glücklich, wenn Leroy eine rote Karte kriegt da und die war so ein bisschen auch aus Frust. Für ihn mir ist eigentlich immer am liebsten, er spielt und spielt und spielt. Ich bin überzeugt davon, dass ihm das am meisten hilft. Deshalb weiß ich nicht so genau, was Pausen mit ihm machen. Normal will er ja keine haben und nimmt sich auch keine und spielt auch durch Schmerz durch wie die letzten Wochen. Deshalb müssen wir das jetzt gut für ihn überbrücken. Er wird auch hier sein und ein bisschen mit uns trainieren. Und die Gelegenheit haben natürlich die vielen Wehwehchen, die er hat, ein bisschen ausklingen zu lassen und sich behandeln zu lassen. Aber, großes Aber, morgen muss er erstmal liefern. Morgen muss er liefern auf 100%. Da geht der Fokus hin. Und liefern muss er morgen. Liefern. Dass er gegen Dortmund nachlegen kann. Machen wir hier vorne noch 3 Fragen insgesamt. Vincent Schirpke nochmal. Es folgt ja gleich die Champions-League-Auslosung. Ja. Wie verfolgen Sie die Auslosung und gibt es für Sie und den FC Bayern einen Wunsch oder auch einen Angstgegner? Zweimal freilos, aber da werden wir nicht durchkommen damit. Deshalb wünschen tun wir uns gar nichts. Wir sind froh und auch stolz darauf, in diesem Lostopf zu sein. Das war mein persönlicher Anspruch, es auch der Anspruch vom FC Bayern, unter den letzten 8 zu sein, die Gruppe zu gewinnen, das bessere Los im Achtelfinale zu haben mit dem Heimspiel. Man hat jetzt auch wieder gesehen, was das ausmacht beim Arsenal-Spiel, beim Spiel von Atletico Madrid, dieses Heimrecht zu haben im zweiten Spiel. Das haben wir uns verdient und haben das auch genutzt, haben das Ergebnis gedreht, sind verdient im Viertelfinale, sind unter den Top 8. Jetzt ist klar, jetzt brauchst du ein bisschen Losglück, jetzt wird der ganze Weg ausgelost. Der Weg ist jetzt klar bis nach Wembley, du brauchst ein bisschen Glück, du brauchst dann an dem Spieltag auch ein bisschen Glück. Es gibt natürlich Teams, die
wahrscheinlich die ein bisschen besser liegen als andere. Da müssen wir auch nicht öffentlich drüber sprechen, das ist auch nur meine Meinung. Dann klar, wenn du dann ab sofort ist alles möglich, ist doch klar. Das Ziel ist für jeden einzelnen Club im Viertelfinale das Gleiche. Alle wollen nach Wembley. Wir werden das jetzt zusammen schauen gleich. Es ist aber auch wichtig, dass wir die PK jetzt auch davor machen, weil das ist eine PK für Darmstadt und nicht für... Genau, das ist nämlich eine PK für Darmstadt gewesen und nicht für die Champions League. So, wir halten fest, Sané muss liefern. Und der muss immer spielen. Das sollte klar sein jetzt, ja? Ist egal. Schmerzen, nur ein Bein, ähnlich wie Kimmich, nur ein Finger. Reicht. Muss spielen. Ja. Damit Servus erstmal, wa? Servusle. Ach, herrlich. Kruxiak, Servus. Christina, Servus. Mara, schockverliebt. In mich natürlich, ne? Servus. Martin, Emil, Chico, guten Abend. Anderen beiden auch Servus. Chris, Servus. Anbu, Ola. Ola passt nicht, oder? Zu Arsenal. Hätte zu Barca gepasst. Wild. Marcel, Servus. Dream, Servus. Tommy, Servus. What's up? Hallo miteinander. Heiko, Servus. Thomas, moin. What's up? Bin froh, wenn TT weg ist. Geht das schon wieder los? Ja, wohl frech. Michael, hallo. Fußball, der Fußball ist auch da. Ja, super. Passt ja richtig rein hier. Servus. Philipp, moin. Niki, moin. Marco, moin. FC Bayern-Fan forever. Servus. Klar kommen wir weiter gegen Arsenal. Wir ziehen durch. Raptor, hey. Dejan, hallo. Ja, schon ruhig. Allenbu mag den Thomas. Wie überraschend. Oder? Hat jetzt hier, glaube ich, keiner mitgerechnet in diesem Chat. So, was sagt ihr denn zu der Arena? Ist wieder schön hier Rasenpflege angesagt, hä? Hat ein bisschen was vom Deutschland-Auswärtsspiel? Ja. Bin gespannt. Ja, also für mich natürlich, ich habe es ja vor der Auslosung gesagt, letzten Stream, für mich Arsenal der unangenehmste Gegner, den wir hätten kriegen können, aber ja, wenn du Champions League spielst und du hast den Anspruch, da irgendwie das Ding gewinnen zu wollen, dann musst du jeden schlagen, den du vorgesetzt kriegst. Das ist ein Pokal. Punkt. Ja, da muss man nicht rumheulen, dass der andere Weg, habe ich gerade schon im Discord geschrieben, dass der andere Weg auf dem Papier vielleicht ein bisschen einfacher ist, ja, obwohl jetzt Paris und Barca jetzt als einfach oder Atletico als einfach zu benennen, weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke, Atletico wäre für uns wahrscheinlich das schwierigste Los gewesen, weil die einfach defensiv super organisiert und abgewichst sind. Ja, also von daher denke ich, ist es wahrscheinlich besser, dass wir auf der Seite sind, wo mehr die offensiveren Teams sind. Weil damit haben wir gezeigt dieses Jahr, dass wir da ganz gut klarkommen mit, oder zumindest besser wie gegen jemanden, der sich hinten einmauert. So, von daher immer mal abwarten. Spiel für Spiel, ne? Spiel für Spiel. Und ich denke, wir müssen keine Angst haben vor Arsenal. Ja, ist eine gute Mannschaft, sehr gut in Form, sieht man ja, wenn man mal sich die Tabelle anschaut. Werden interessante Spiele, sollten wir weiterkommen, wird es ein super interessantes Halbfinale und ist doch schön. Mit ein bisschen Glück haben wir 4 gute Spiele, die wir dieses Jahr noch gucken dürfen und ja, darauf sollten wir uns freuen. Und dann schauen wir einfach mal, was geht gegen Arsenal. Ne? Ich denke mal, Heavy ist heiß. Heavy ist auch dann im Halbfinale heiß. Ist ja irgendwie so die englische Seite, auf der wir sind. In dem Turnierbaum. Also, ich denke, Eric Dyer ist genauso heiß. Und ich denke, der eine oder andere wird auch heiß sein. Und von daher einfach mal abwarten. Ist natürlich wichtig, dass wir dann jetzt in den Spielen. Wann ist das erste Spiel? Ist gar nicht auf dem Schirm. Ich gucke mal eben. Dass wir bis dahin als einfach, ja, die Länderspielpause kommt wieder zum Unpunkt für uns. Gar keine Frage. Zum Kotzen. Diese scheiß Länderspielkacke. Jedes Mal dazwischen, Alter, zum Kotzen einfach, ja. Ja gut, dieses Jahr kannst du noch argumentieren, ja, Freundschaftsspiele sind wichtig, weil wir keine Quali spielen als deutsche Nationalmannschaft. Ganz ehrlich, drauf geschissen, Alter. Geht mir richtig auf den Sack, diese scheiß Länderspielpause immer mitten in der Saison. Dann noch dann, wenn die heiße Phase losgeht, also wild, ne? Aber gut, so ist es. Müssen wir mit klarkommen, müssen alle Mannschaften mit klarkommen. Ja, aber ist doch ein guter Einstieg dann, ne?
Wir spielen dann gegen Dortmund, dann spielen wir in Heidenheim und dann spielen wir gegen Arsenal. Ja, hoffen wir, dass wir einfach gut aus der scheiß Nationalmannschaftsbreak kommen. Wir haben den Vorteil, dass wir erst auswärts spielen, das super wichtig ist, denke ich. Ja. Von daher, ja, kann man da. Wie gesagt, ich lege mich fest, ich sage, wir kommen weiter. Ja, es wird natürlich super knapp werden, super spannend werden, aber ich glaube, Harry Kane ist der X-Faktor, Alter. Mein Take. Und ich freue mich super auf die Spiele. Ja, das wird endlich mal wieder richtig emotionaler Fußball. Fängt schon mit Dortmund an, ja, auch wenn es um nichts geht, so gegen Dortmund eigentlich, aber das ist auch schon immer emotional für mich. Dann Heidenheim, da können wir ein bisschen abkühlen und dann geht's richtig rein. Sehr gut, freue mich drauf. Klare Sache gegen Arsenal. Ja, in welche Richtung Fußball? Bisschen grell dein Bild. Nee. Erst Arsenal, dann City und zum Schluss PSG. Wer sagt das denn? Also vielleicht kommt auch Atletico. Oder wer weiß, vielleicht sogar Dortmund. Wer weiß das schon? Guck mal, ist doch schon mal schön, dass beide deutschen Mannschaften auf der unterschiedlichen Seite sind im Turnierbaum. Ist doch schon mal gut. Wie ist meine Meinung zum neuen DFB-Trikot? Das Heimtrikot ist ganz cool, ist oldschool. Ist so ähnlich wie das, was ich im Schrank habe. Das Auswärts kann ich nichts mit anfangen. Keine Ahnung, ich habe jetzt kein Problem mit Pink, aber was das jetzt mit dem DFB zu tun hat, I don't know. Also, weiß ich nicht. Ja, ich hätte schwarz oder rot, ja. Pink, I don't know. Also, war auswärts in der Champions League oft schwach. Ja, wie gesagt. Das werden wir von Spiel zu Spiel sehen. Ich denke, wenn wir ein gutes Hinspielergebnis erzielen sollten, ist auf jeden Fall alles drin im Rückspiel. Marcel, Servus. Ja, und auch ein gutes Spiel morgen, ne? Donner ist ein super Los, nur nicht Gnabry spielen lassen. Kane, Musiala, Dyer, Sané sind extra motiviert, Arsenal 1 reinzuholen. Weil der Gnabry ist doch auch immer hoch motiviert. War er doch schon immer, oder nicht, wenn er in London spielt? Ich glaube, das passt schon. Das Schlimmste wäre Atletico. Ja, sehe ich genauso, Anno. Also so vom Fußballstil her, ich glaube, da hätten wir kein Land gesehen. Ja, die mauern sich so hinten ein, die betonieren zu und wir haben ja gesehen, wie viele Ideen wir dagegen haben. Also zum Glück nicht, ja. Sehe ich genauso. Aber wo sind denn hier diese ganzen Inter-Leute? War nicht Inter gegen Atletico? Wo alle gesagt haben, Inter Champions League Favorit Nummer 1 im letzten Stream. Hat sich dann wohl erledigt, wa? Sehr gut. Arsenal kann uns sehr gut liegen, wenn man effektiv umschalten kann. Gutes Resultat in London, zu Hause kann man jeden schlagen. Ja, das denke ich auch nicht. Das wird man sehen, ne? Wie gesagt, es hängt ja von uns alleine ab. Wir haben ja diese Saison die ganze Palette unseres Könnens gesehen. Vielleicht noch nicht komplett so in Richtung gut, aber in Richtung schlecht haben wir schon alles gesehen. Wenn wir irgendwie eine Leistung bringen wie in Frankfurt, dann kriegen wir auch in Arsenal 5 oder 6 Stück und dann ist der Zug abgefahren. So, da müssen wir uns ja nichts vormalen. Hoffen wir mal, dass wir darüber hinaus sind, aber da bin ich ja ganz gute Dinge. Ne? Da Tuchel ja auch ein paar Positionen und Spieler mittlerweile angepasst hat und wenn man die PK heute nimmt, er auch dabei bleiben wird, sehr wahrscheinlich. Kimmich wird noch interessant werden, ja, wie das weitergeht. Ich denke mal, nach der Länderspielpause wird Boe auf jeden Fall fit sein. Wie es mit Mazraoui aussieht, wird man mal sehen und dann mal abwarten. So, das ist vielleicht das Einzige, was wieder ein bisschen Unruhe bringen könnte. Wenn er schlau ist, der Tuchel, lässt dann Kimmich einfach als Rechtsverteidiger da stehen bis zum Ende der Saison. Ja. Auch im Hinblick, auch wenn es mich nicht interessiert, im Hinblick für die Nationalmannschaft, wo ein Kimmich auch einen Rechtsverteidiger geben soll, wäre das natürlich auch im Sinne von Nagelsmann und ja, gut wäre. Ja, dann hast du einen Boe als Ersatz, wenn du mal ein bisschen mehr Power brauchst auf der Bahn oder was und gut ist. Ja, ich habe von Arsenal nichts gesehen dieses Jahr. Ich habe aber den Kader gesehen und sehe, wo sie tabellenmäßig stehen und ich denke, das ist schon ein starker Gegner, ne? Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber ja,
wie Ambo auch schrieb, ich denke, so eher so der offensivere Gegner wird uns mehr liegen, wie so ein Gegner, der super organisiert defensiv steht. Also von daher mal abwarten. Von Spiel zu Spiel, wa? Bei Arsenal muss man schon von Anfang an da sein. Aber das muss ja im Champions League-Spiel. Alles andere wäre ja eine Katastrophe. Ja, also das sollte ja selbstverständlich sein. Die werden die ersten 20 bis 30 Minuten alles reinschmeißen und ein schnelles Tor erzielen wollen. Ja, gut. Oli FCB, Servus. Arsenal hat dich beeindruckt. Ja, ist doch supi. Ist das Rückspiel eigentlich erst wieder 5 Wochen später, oder was? 9.4., 17.4. Okay. Dann geht's ja diesmal. Ja, die sollen das endlich reformieren mit den Länderspielen, wie es vor ein paar Jahren schon mal in Rede war. Mach irgendwie einen Monat nach der Saison, dann machst du da deine, was weiß ich, 6 Länderspiele und gut ist, ja, und du unterbrichst nicht 3-mal im Jahr den scheiß Wettbewerb für diese Kack 6 Freundschaftsspiele, Alter. Genauso diese Quali-Spiele gegen, was weiß ich, weißt du? Wenn du in irgendeiner Quali-Gruppe bist, hast du maximal 1,5 starke Gegner, ja, und der Rest ist, ja, wow. Überflüssig einfach, weißt du? Sollen sie irgendwelche Turniere ausspielen für eine Qualifikation innerhalb von 4 Wochen nach einer Saison oder sowas und gut ist? Ja, die Saison ist kürzer, weil du die scheiß 2 Wochen immer wegfallen, die Länderspielpause ist. Ja, und gut, setz sie hinten dran, dann haben die 4 bis 6 Wochen am Stück die Bundestrainer, da haben sie auch mehr von. Ne? Und gut ist. Also. Ich schätze Arsenal ein, ich schätze Arsenal sehr stark ein, ne? Aber ich kann es halt auch nur von außen sagen. Wenn ich einen Blick auf die Tabelle werfe und was ich so gelesen habe. Ich habe noch kein Spiel von Arsenal gesehen diese Saison, von daher kann ich das nicht irgendwie im Detail einschätzen. Atletico wäre der schwerste Gegner, ja, gehe ich mit. Heidenheim ist eine echte Bereicherung für die Bundesliga. Auch das kann ich nicht sagen. Also auf dem Papier mit Sicherheit nicht, fußballerisch, I don't know. Ich finde es wild, dass die Mehrheit Bayern als Favorit sieht. Naja, wenn wir ehrlich sind, wenn wir Normalform haben sollten, denke ich, ist es ein Duell auf Augenhöhe. Ne? Also er spielt eine super Saison und ja, hatte sonst die letzten Jahre sich auch ein bisschen schwer getan. Ich denke, wie gesagt, das hängt da von uns ab, ob es ein Duell auf Augenhöhe wird oder nicht. Ja. Wir werden sehen. Dortmund ist Training. Aha. Ja gut, aber das hat der Tuchel ja auch schon gesagt. Also alles andere wäre ja auch fatal. Ja, wenn er jetzt wieder anfangen würde, da Min-Jae und Upa reinzuwerfen. Also. Und wenn, dann musst du wenigstens einen von den beiden, die jetzt gerade auf dem Platz stehen, auf jeden Fall drauf lassen. Ja, dann kannst du das vielleicht noch irgendwo ein bisschen machen. Aber wenn du beide jetzt wieder da wegnimmst, die da hinten die Führungsspieler sind und die Ruhe reinbringen, das wäre eine Katastrophe. Was sagst du zu Real vs City? Ja, ist ein Spiel, was ich mir vielleicht mal wieder angucken könnte. Ja, fühle ich. Aber spielt er wahrscheinlich zeitgleich, oder? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ist ja erstmal noch Geld machen angesagt in der Champions League, da spielt er nichts zeitgleich. Nee, wäre auf jeden Fall was, wo ich meine Zeit für opfern würde und mir reinziehen würde, ja. Und ich denke auch, Dortmund wird Chancen haben gegen Atletico. Ja, aber Dortmund ist jetzt auch nicht so die Mannschaft, die blinden links nach vorne läuft und so. Könnte auch noch interessant werden. Bin gespannt. Sind auf jeden Fall schöne Duelle diesmal, ne? Muss man auch mal sagen. Also. Jetzt keins, wo man sagt, ist mega schlecht. Gut, so auf dem Papier ist vielleicht Atletico Dortmund das uninteressanteste Spiel, ja. Aber ich denke, das wird auch seinen Reiz haben. Fußball 100% für City, Real hat keine Chance. Eieieiei. Eieieiei. Das ist aber ein wilder Take, Tommy. Also Real darf man niemals unterschätzen, weil die auch ganz abgewichsten Fußball spielen können. Und die haben auch eine individuelle Qualität einfach, dass da immer was geht. Ja, darf man nicht einfach so unterschätzen, glaube ich.
Hat doch Statistik Nagelsmann der PK erklärt, mit aggressiven Farben kommt man statistisch weiter. Ja, aber ist Pink jetzt eine aggressive Farbe oder was? Weiß ich nicht. Ich verbinde eher Plüschhäschen mit, als wie irgendwas Aggressives. Also, dann hätte ich eher so ein schwarzes Trikot mit roten Flammen drauf gefühlt. Da hätten wir dann von aggressiv reden können. Weißt du? Also hatte Schwierigkeiten gegen Porto definitiv machbar. Aber ist Porto nicht auch eher so ein Defensiv-Moped? Also ich meine, wir können ja viel, aber so wirklich stabil defensiv. Ist ein bisschen besser geworden letzte Spiele, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir das so Porto-mäßig können. Champions League gegen Dortmund wäre ja gut, da müssten ja erstmal beide ins Finale kommen. Ne? Kann der Paul Breitner wieder mit dem Schwert einreiten in Wembley. Ich hoffe, wenn wir weiterkommen sollten, dass wir Real bekommen. Die liegen uns besser. Ach ja, wie gesagt, da erstmal würde ich gar nicht so weit gucken. Ja, wir müssen erstmal Arsenal packen, von Spiel zu Spiel schauen halt. Und nochmal, am Ende musst du jeden schlagen, wenn du die Champions League gewinnen willst. Und ich persönlich mag es lieber, wenn wir, so wie jetzt, nicht dieser große Favorit sind, aber einen großen Namen gegen uns haben. Ich glaube, das ist in unserer aktuellen Situation für uns besser, glaube ich. Als wie hätten wir jetzt irgendwie Atletico bekommen oder Dortmund oder sowas. Ich glaube, das ist schon besser. Er sagte auch, nach Statistiken ist Mittelstädt der viertbeste linke Verteidiger der Welt. Okay, Welt. Serie A dann doch schwächer als gedacht. Inter pflügt durch die Liga, aber fliegen international dann doch überraschend früh raus. Naja, gut. Atletico ist halt auch ein abgewichster Gegner. Ja, also, die spielen ihre Spielweise gefühlt, seitdem der Simeone da ist. Ist er überhaupt noch da? Siehst du mal, wie ich im Thema bin. Also da sind schon ganz andere Mannschaften gegen ausgeschieden, wa? Und Serie A hat trotzdem immer noch mehr Punkte in der 5-Jahres-Wertung geholt dieses Jahr wie wir, ne? Wie Deutschland. Also von daher war das jetzt bisher noch nicht so schlecht. Ich glaube, die haben sogar am meisten Punkte geholt, ne? Dieses Jahr. Die Serie A, sogar vor England. Also schlecht ist das nicht dieses Jahr von denen. Habe es am Montag schon gesagt, es gibt keine Mannschaft in der Champions League, bei der wir die Hose voll haben müssen, keine Übermannschaft zu sehen. Sehe ich genauso, Anbu. 1:1, sehe ich genauso. Wichtig ist, dass wir unseren Flow dann also erstmal, dass wir den morgen bestätigen nochmal, das ist ganz wichtig, ja, dass wir dann mit einem guten Gefühl in die scheiß Nationalmannschaftspause gehen. Und ich glaube, es ist auch gut, dass dann danach das sofort so ein Game ist wie gegen Dortmund. Ja, dass gleich wieder alle 100% fokussiert sind. Ich glaube, das ist besser, als wäre es jetzt danach so Darmstadt gewesen oder so, wo man wieder Solari-Fari reingekommen wäre. Ich glaube, das ist schon ganz gut, wie es ist. Und dann ist wichtig, wie wir halt wieder reinfinden, ne? Ja. Mein Lieblingstrainer ist Nagelsmann. Ja, Viktor, Glückwunsch. Julian, Abend. Gnabry, wenn er ein Tor macht und sich entschuldigt, will ich nicht sehen, auch bei Stanisic. Wenn ein Tor macht, feier es. Find's beleidigend für alle Fans und die eigene Leistung, wenn man nicht feiert. Verstehe nicht, dass sich ein Fan darüber aufregen kann, wenn ein ausgeliehener Spieler ein Tor gegen dich schießt. Also beim ausgeliehenen Spieler verstehe ich das schon. Ja? Ich meine, wenn der Gnabry da jetzt nicht feiern würde, dann würde ich in den Kopf mal gewaltig auch an die Dann kann er sich auch den großen Zeh brechen wie unser Trainer. So ein Ding, weißt du? Thomas, vielen lieben Dank für dein Prime im 4. Monat. Vielen lieben Dank. Nee, wie gesagt, also wenn man da anfängt immer so, ja, ich jubel nicht, weil es mein ehemaliger Verein ist oder sowas, dann weiß ich auch nicht, dann wird es auch lächerlich. So ausgeliehen, so kann ich schon verstehen. So beim Stunny jetzt, wenn du den Verein, von dem du ausgeliehen bist, halt im Herzen trägst, so, weißt du, kann ich schon verstehen, dass man sich da ein bisschen zurückhält. Aber aufregen würde ich mich da auch nicht. Wenn der Stunny da jetzt gejubelt hätte, alles gut. Er wird immerhin der einzige Spieler dieses Jahr, der deutscher Meister wird von uns. Also, ja, also von daher soll er ruhig jubeln. Was ist los? Arsenal hat zu Hause gegen Liverpool und City gewonnen. Also die können richtig wehtun. Aber sehe uns da auch im Halbfinale allein, weil Arsenals Team nie so Champions League Viertelfinale hatte. Ja.
Dass sie mal so eine Rolle spielt, weiß ich auch nicht. Ja. Wir werden sehen. Ich kann das nicht einstellen. Ich habe nur ein gutes Bauchgefühl eigentlich. Was nicht unbedingt gut ist, aber hat ja die letzten Wochen auch geklappt. Ehrlicherweise kann man jetzt noch gar nichts sagen. Man weiß nicht um die Form der Mannschaft und wer sich verletzt. Das ist vollkommen richtig. Muss eigentlich unser Flitzer, mit dem soll ich diskutieren. Vielleicht sollte ich dreimal Emery sagen. Er erscheint wie Boogeyman. Ja, dann muss er aber noch vom Spiegel gehen, Anbu. Der Fanausschuss kann uns richtig wehtun. Ach, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja, ist natürlich schade und ist natürlich dumm, ja, um das mal ganz klar zu sagen, da mal ein ganz klares Statement rauszuhauen. Es ist einfach dumm. Ja, und wenn man das jetzt nicht endlich in seinen scheiß Schädel gerafft hat, dass es dumm ist, wenn das die Konsequenzen sind, dann weiß ich nicht, ob das dann noch Support für den Verein ist, weil das ist es nicht, wenn ein Verein jetzt auswärts ohne Fans spielen muss. Ja, zum Glück haben wir erst das Auswärtsspiel, ja, sonst wäre es richtig hart geworden. Also wenn du erst zu Hause gespielt hättest vielleicht nicht so ein gutes Ergebnis und wärst dann auswärts gefahren, wo nicht ein Fan von dir dabei ist, dann hätte es richtig schlecht ausgesehen. So ist das noch im Rahmen, denke ich. Ja, das denke ich halt auch. Ich denke, es gibt schlimmere Stadien jetzt wie Arsenal so. Ich will gerne mal wissen, was Tuchel mit Sané vorhat. Soll er sich kaputt spielen? Und wenn ich sowas höre, was der Tuchel da von sich gibt heute bei der PK. Naja, der Tuchel hat ja gesagt, wenn du das interpretierst, was er gesagt hat, hat er gesagt, dass die Entscheidung von Sané ist. Und nicht seine. So, das interpretiere ich in seine Worte rein. Ja, er hat gesagt, er will immer spielen, er spielt immer und er muss Leistung bringen. Aber das hat er gesagt. Ich meine, als Trainer, der große Indianer dieser Mannschaft, hätte man halt einfach auch sagen können, hey, pass mal auf, du spielst die nächsten 2 Spiele nicht, dann hast du deine Pause in der Nationalmannschaft, weil du gesperrt bist, und dann hast du jetzt mal Zeit, dich auszukurieren, die wichtigen Spiele in der Champions League stehen an. So, wenn er das da nicht verstanden hätte, dann wäre auch der verkehrte Charakter für diesen Verein. Ja, ganz einfache Kiste. Also allen Ehrgeiz und so weiter, Lob und Anerkennung dafür, aber nochmal, gegen Gegner wie Darmstadt, ja, oder Mainz. Jetzt unbedingt zu sagen, der Leroy muss aber spielen, das ist der Unterschiedsspieler schlechthin. Ja, will ich nicht. Nochmal, wenn die Schmerzen seine Leistung nicht beeinträchtigen würden, alles gut. Ja, Lob und Anerkennung, zieh durch, wenn du das meinst. Aber man sieht ja, dass es ihn beeinflusst, die letzten Wochen. Und dann ist es komplett hirnrissig, ja. Vor allem, weil du Alternativen halt hast. Ja. Wenn du gar keine Alternativen hättest, würde ich ja auch noch sagen, alles klar, zieh mal durch, gib Gas, aber so. Völliger Schwachsinn für mich. Wie gesagt, man wird sich halt ärgern, oder ein Tuchel wird sich ärgern, wenn er sich jetzt noch ernsthafter verletzen sollte. Ja? Oder die Schmerzen dann irgendwann so stark werden, dass er dann zum Beispiel im Viertelfinale oder mit viel Glück im Halbfinale dann nicht spielen kann. So. Und dann kommen die Fragen. Und was kommen dann für Antworten? Oh, der Spieler wollte das so. Ich habe keine Autorität. Ich bin nur der Trainer oder was? Lächerlich, Alter. Aber, ja. Wild. Dortmund muss rausfliegen, das wäre wichtig. Was ist das denn für ein Schwachsinn hier alles? Warum muss Dortmund denn rausfliegen? Warum wird es denn kein Wembley 2.0? Das würde ja bedeuten, wir würden das Spiel gewinnen. Und wenn man davon ausgeht, 2.0 wäre eine Steigerung, will man aber vielleicht 3-1 gewinnen. Also, weiß ich nicht. Es sind immer Takes so, nochmal, es geht für Deutschland um die 5-Jahreswertung, ne? Und dass man vielleicht den 5. Champions League Platz kriegt, was ja jetzt nicht unbedingt die Liga unattraktiver machen würde, international. Also, nee, das fühle ich gar nicht. Wegen mir kann Dortmund gerne so weit kommen, wie sie möchten, sei ihnen voll gegönnt. Gerard Berger, servus. Ja, da am meisten die Schiri auf ihrer Seite. Ja, das ist schon richtig. Die zahlen ganz gut an die Schiedsrichter vorm Spiel. Wenn wir das dann verlieren, wird mir das ewig nachhängen. Ist ja schön, dass du uns schon im Finale siehst, Janas. Wild.
Ich bin ja auch ein bisschen optimistisch, aber so optimistisch bin ich da noch nicht. Warum sagt der Tuchel, es wird kompliziert, es sind die 8 Besten in Europa. Was wollte er den Saarbrücken? Was? Was wollte er denn? Gerard, den Take verstehe ich gerade nicht. Dann Saarbrücken. In Saarbrücken hat er immer, steht auch im Halbfinale. Ist aber auch ein geiles Halbfinale in DFB-Pokal, oder? Der einzige Bundesligist ist Leverkusen. Schon wild. Würde das Engländer gönnen, wenn er im Wohnzimmer wie die Deutschen im Mittelpunkt sind. Eieiei. Dreimal Bayern Dortmund hintereinander in 2 Wochen hätte wirklich nicht sein müssen. Arsenal ist schon ein gutes Los für die Bayern und die Zuschauer. Das denke ich auch, ja. Werden schon interessante Spiele werden, auf jeden Fall. Servus. Ja, die Mara ist auch da übrigens, ne? Aber habe ich gar nicht Ja. begrüßt, oder was? Frech. Nein, natürlich wieder nicht. Frech, Richtig schlampig. ey. Um das von Gerard mal aufzugreifen. Denke mal, er meint einfach, welche Qualität Tuchel denn erwartet hat, dass er sagt, es wird kompliziert. Sind halt die besten 8 in Europa, da wirst du keine Mannschaft wie Saarbrücken kriegen. Das meinte er halt. Okay. Ja, aber gegen Saarbrücken hat es ja auch nicht gereicht. Aber okay, dann verstehe ich es, ja. Ja, ist klar. Also, wer im Viertelfinale steht, steht da nicht umsonst. Und ja, ich hab die Takes halt auch nicht verstanden. Ja, schon, er hat ja dann gesagt, wegen der Spielweise, ich denke auch, er hätten wir Atletico gehabt, hätte der Tuchel schon abgeschenkt. Ja, weil er genau gewusst hätte, das wird nichts. Machen wir uns nichts vor. Ja, das hätten wir uns super schwer getan. Und ich denke auch, der Tuchel wird froh sein, dass wir die eher offensiveren Teams bekommen haben. Weil das haben wir diese Saison schon gezeigt, dass wir Umschaltspiel gut können. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen sicherer stehen, ne, deswegen lass den Kimmich auch mal als Rechtsverteidiger sich da warm spielen, ist doch alles gut. Ne? Dann geht da schon was. Ich glaube schon, ja. Die letzten 3 Spiele gegen Arsenal haben wir jeweils mit 5:1 gewonnen. Glaube nicht, dass es wieder so klar wird. Jedoch bin ich guter Dinge. Mannschaften, die nach vorne spielen, uns liegen normalerweise. Ja, 5:1. Wie gesagt, ich rechne, dass es eine enge Kiste wird. Das kann so oder so ausgehen. Natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, dass wir unsere Leistung bringen, wa? Dass wir nicht irgendwie einen Rückfall kriegen, so, wir haben keinen Bock auf einen Trainer oder was weiß ich was. Zu Real gebe ich dir zwar recht, aber nicht gegen City. Die sind offensiv zu stark und hinten räumen Walker und Diaz alles ab. Ja. Ja. Alles muss erstmal gespielt werden, Leute. Wenn es danach geht, habe ich letztes Mal schon gesagt, dann wären wir alle Millionäre. Dann könntest du nämlich einfach volle Saison deine Tipps machen, 1.000 Euro draufsetzen und gut wäre. So, warum machst du das nicht? Weil im Fußball alles möglich ist. Ja, also, immer mal abwarten. Wenn du Buchmann ist Man City Favorit auf den Champions League Titel. Ja, und wenn sie jetzt schon gegen Real ausscheiden, hat sich das auch erledigt. Der Sommer im Elfmeterschießen war klar, dass Inter rausfliegt. Aber der Sommer war doch sonst immer ganz gut in den Elfmeter in Gladbach, oder? War doch nur bei uns so eine Wurst. Pavard wurde nach dem Spiel in Italien beerdigt, weil er kein gutes Spiel gemacht hat. Ja gut, ist ja nicht unser Problem. Hobby, guten Abend. Nee, ich habe mich da nicht dran gewöhnt, an die Länderspielpausen. Liegt aber einfach daran, dass mich die Länderspiele nicht interessieren. Das ist so das Thema. Und gerade in diesem Monat, wie es Tuchel auch gesagt hat, auf der PK ist es halt super nervig. Ja, ich meine, vorher eine Saison ist auch schon nervig, aber da ist es nicht ganz so zerstörend. Vielleicht, oder kannst es noch ein bisschen rausreißen, aber jetzt kommt das zur Unzeit. Ja, also so vorm Viertelfinale in der Champions League, da so eine 2 Wochen Pause wegen irgendwelchen Kack-Länderspielen. Schon schwierig aus Vereinssicht, ne? Hot Take, Tuchel wird mit Bayern die Champions League gewinnen.
Ich würde mich da jetzt nicht gegen wehren, wa? Kritiker an Nagelsmann ignoriere ich. Es kommt immer darauf an, was man kritisiert, ne? Thomas, servus. Schlimme gegen Villarreal kann es nie werden. Mindestens wissen wir, dass keine Pseudo-Karneval-Truppe gegen uns spielt. Ja. Denke auch, das passt schon. Solange kein Opa Minjay spielt, können wir gegen Arsenal gewinnen, würde als Überraschung sogar mit Tell und Kane eine Doppelspitze aufstellen. Wieder vielleicht als Hängerspitze dahinter. Ja, mal erstmal abwarten, wer dann noch fit ist, wa? Können ja froh sein, dass ein Walker, glaube ich, aktuell nicht nominiert ist, ne? Für die englische Nationalmannschaft. Kann sich also schon mal, der Dyer meine ich, kann sich schon mal ausruhen. Ja, der Rest wird halt wild. Ja, mir ist das auch egal, ob die Spieler jubeln oder nicht. Aber ich kann es halt schon nachvollziehen, wenn man ausgeliehen ist von seinem Verein, wo man in der Jugend groß geworden ist, dass man dann nicht unbedingt da in Jubelstürme ausbricht, kann ich schon verstehen. Snackmonster, servus. Ja gut, aber wir wissen doch alle, dass Bayern-Fans in London im Stadion sein werden. Ja gut, aber es wird ja keine Masse sein, wo du dann irgendwie groß den Einfluss haben wirst. Also das glaube ich nicht. Kadir, grüezi. Glaubst, die Ultras werden das jemals verstehen? Ich denke nicht, da feiern einige sich selbst das alles. Ja gut, es ging ja auch da eher darum, zumindest was ich gelesen hatte, dass man Feuerwerk gezielt auf den Platz geschossen hat. Und da muss ich sagen, ja, da musst du Kopfnüsse verteilen. Ja, ganz einfach. Da musst du einfach Kopfnüsse verteilen an die Leute. Das sind einfach Leute ohne Hirn, die haben im Stadion noch nichts zu suchen. Punkt. Ja, dass man irgendwie da mal was abfackelt und so, alles gut. Will ich mich gar nicht hier als Moralapostel hinstellen, aber wenn man anfängt, Feuerwerk auf den Platz zu schießen, Alter, dann Kopfnüsse. Punkt. Ja, guck mal. Hab ich doch gesagt, der Kane ist der X-Faktor. Kane hat gegen Arsenal 14 Mal in 19 Partien getroffen. Hoffe, er knüpft daran an. Ich glaube, der Heavy ist heiß, ey. Sollte der Heavy sich natürlich verletzen, dann wird's wild. Ja, also hier mal auf Holz klopfen. Da du das in deinem Chat nicht sehen kannst, Thomas, die Lokomotive hat 5 Liegestütze aktiviert für dich. Thomas, 5 Stück oder was? Für Arsenal oder was? Für jedes Tor von Heavy ein, mache ich. Ist kein Thema. Muss nur kurz gucken, wo meine Cam ist. Mach mal Licht an, wa? Gut. 1 für Harry, 2 für Harry, 3 für Harry, 4 für Harry und 5 für Tell. Zack. So, wo war ich denn? Genau, bei 14 in 19 Partien. Ja, dass ein paar Leute da sein werden, aber du wirst ja nicht diese koordinierte Stimmung haben, also. Aber alles gut. Ja, na klar, Kadi, wusste ich das. Was ist denn los mit dir? Welcher gute Fan weiß das denn bitte nicht? Hä? Oh, frech. Nee, keine Ahnung. Wurde das nicht ausgelost oder was? Ist das nicht nur im Achtelfinale so?
Doch Viertelfinale jetzt. Nicht Achtelfinale, oder? Wurde da irgendwas geändert, oder was? Ich habe so Bock auf die Champions League Nacht am 17. in der Arena. Geile Choreo, Hammer Stimmung. Ist immer was Besonderes. Auf jeden Fall, ja. Wird mir mal so eine Stimmung auch in Spielen wie gegen Mainz. Oder, ja, aber so schlecht war es doch gar nicht, oder? So schlecht war es doch gar nicht gegen Mainz jetzt zum Beispiel. Dem die Auswärtstore nicht mehr doppelt zählen, ist es für mich besser, dass wir das Rückspiel zu Hause haben. Ja, auf jeden Fall, 100%. Ne? Du kannst zu Hause mit deinen eigenen Fans im Rücken einfach viel mehr irgendwie was ausbessern. Ne? Ist ja gar keine Frage. Vorher musste man immer aufpassen, weil man nichts mehr gut machen kann. Ja. Ja. Naja, den Sané rauslassen, weil der Unterschiedsspieler nicht brauchst, ist so eine Sache. Mit unserem Kader brauchst auch kein Kane gegen Saarbrücken. Gewandtes Kind, der Thomas. Das ist aber schon ein harter Vergleich, ey. Also erstmal ist ein Sané mit Sicherheit bei weitem nicht auf dem Stand von Harry Kane. Ja? Und ich denke, die letzten Wochen haben gezeigt, ich weiß nicht, wo in den letzten Wochen der Sané ein Unterschiedsspieler war bei uns. Jo. Klar hat er nicht super schlecht gespielt, hat aber auch war auch kein Unterschiedsspieler. Also von daher fühle ich das Argument nicht wirklich. O'Neill oder Mitchell, der bessere Anführer? Es gibt keinen besseren Anführer als Jack O'Neill. Was ist denn los in Thailand? Ist doch eine rhetorische Frage. Bitte dich. Finale gegen Dortmund wäre theoretisch möglich, ja. Dass Thuram bei Inter wegen Eiergreifen nicht rot gesehen hat, ist unbegreiflich. Nichts so mitgekriegt. Komm, ich pul's bei dem Thema Sané. Ach ja, nee, ich nicht mehr. Bin dann eher der sich dann in 4 Wochen hier hinsetzt und sagt, habe ich euch doch gesagt? Meinst du, so ein Ding? Ich meinte nur, was sich Tuchel Sorgen macht für Arsenal-Spiele. Es konnte ja nur starke Gegner kommen. Danke, Mara, du hast alles verstanden. Das nennt man Fraueninstinkt. Ja, ist die beste, die Mara. Servus Arsenal, sehr gutes Los. Ja, interessantes Los, ne? Vorseka, guten Abend. Und eFootball Master natürlich auch erstmal Servus. Der Sommer war nur gut, wenn er gegen uns gespielt hat. Das war er auf jeden Fall immer, ja. Ich hoffe, Tuchel ist nicht wieder schockverliebt nach dem Hinspiel. Ja, ich glaube, beim Tuchel hat sich schon viel verändert. So, was wir so die letzten Wochen gesehen haben, oder? Also ich bin da schon ganz guter Dinge. Dass wir auf jeden Fall auf Augenhöhe drum spielen werden. Ja. Hast du gesehen, wie schlecht Arsenal gegen Porto war? Die haben keine Erfahrung in der Champions League und werden weggeknallt. Nee, habe ich nicht gesehen. Glaubst du, wird Kingsley gegen Arsenal schon spielen? Er wird auf jeden Fall fit sein, sehr wahrscheinlich, ne? Aber da muss er ja auch erstmal gute Leistung bringen. Arsenal ist nicht mehr das Team von vor 8 Jahren. Ja, das sollte klar sein, ne? Arsenal sehe ich super stark, werden 2 krasse Spiele, wobei das Hinspiel ohne Fans stattfindet. Ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, sollten wir an unsere Normalform kommen, denke ich, werden es 2 Spiele auf Augenhöhe werden. Und das ist doch schön. Neuer wird wichtig gegen Arsenal. Ja, hoffen wir, dass er mal wichtig wird. Oh ja, natürlich ist man nicht umsonst auf Platz 1 in der Premier League. Pyro im Stadion passt schon, aber das dann immer auf das Feld und gegen Spieler zu richten, geht nicht. Diese Leute sollten Stadionverbot bekommen. Ja, sehe ich genauso. Namen in die Runde, ich bin super happy mit der Auslosung zuerst auswärts und es sind 2 attraktive Spiele zu erwarten. Ja, das denke ich auch. Ja, also wenn es im Viertelfinale der Champions League leicht sein sollte, dann was soll da leicht sein so, ne? Sind halt die 8 besten Teams in Europa und gut. Ist klar, dass das keine leichten Spiele werden.
Arsenal war das geilste Los für uns, sind eine starke junge Truppe, aber seit 7 Jahren keine Champions League. Unerfahren und die Dämonen des 10:2, dass die Medien und Fans auch diesen Spielern einflößen werden. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Es waren wieder 4. Ja, ja, klar. Ich wusste nicht, dass du Sport gegen Bezahlung machst, oder wie läuft das? Das läuft so, indem du bei Twitch einfach zuschaust, dann bekommst du für deinen Zuschauer Kanalpunkte und diese Kanalpunkte kannst du einlösen, damit ich 5 Liegestütze mache. Nur gültig mit Adiletten, genau. Bist ja ziemlich fit. Naja, ich war schon fitter, alles gut. Deswegen gibt's nur alle 20 Minuten 5 Liegestütze, weißt du? Wir uns ja nicht übertreiben hier. Und Sané hat dank roter Karte eine spielerische Pause, die er von Tuchel ja nicht bekommt. Ja. Eieiei, Arsenal ist nix. Wir werden sogar in London gewinnen. Das ist schon im Hinspiel entschieden. Uiuiui. Das ist aber ein harter Take. Das ist ein harter Take. Das sehe ich nicht so, aber ich hätte natürlich nichts dagegen. Wir kommen gegen den Gewinner von City und Real im Halbfinale. Ist richtig. Der Kaiser auf der Liegestütze aus Korsika machen. Da liegt man auf dem Rücken und hebt die Arme in die Höhe. Kann ich auch noch mit einbinden. Liegestützen aus Korsika, okay. Muss ich mir mal merken. Ich glaube, von der Art, die Thomas Tuchel aktuell hat, ist er jetzt so, wie man ihn sich vorgestellt hat, als er herkam. Das weiß ich nicht. Seine Art war ja vorher jetzt auch nicht so schlecht. Er hat einfach an den verkehrten Spielern festgeklammert, wie so ein Klammeräffchen. Aus unersichtlichen Gründen halt. So, das ist das große Thema. Oder das einzige Thema, was ich so habe mit dem Tuchel. Ja? Und dann das Thema Talente. So, die beiden Sachen. Ansonsten, warum dürfen keine Fans nach London? Was soll das? Weil die eine Sperre bekommen haben, weil die Pyrotechnik aufs Feld geschossen haben. Anbu, bitte unterlass das, mich auf deine dunkle Seite zu ziehen, ja? Das bringt nichts. Ihr werdet niemals mehr als 5 Leute in eurem Tuchel-Fanclub. Ja, muss den Kimmich fangen. Muss den Kimmich noch mit aufnehmen in deinen Tuchel-Fanclub, Anbu. Dann kannst du die Mara gewinnen. Wie jeden Freitagabend mit Kai und Mara im Live-Talk. Frische Gemüselasagne aus der Heißluftfritteuse und eine eiskalte Coke. Ja, die hört sich gut an. Gute Nummer. An die Routine habe ich mich schon gewöhnt. Ohne Fans spielt für mich keine Rolle. Kahn hat immer gesagt, es gibt nichts Geileres als zu spielen. Und alle sind gegen uns. Das wird perfekt sein gegen Arsenal. Denn das ganze Stadion ist gegen uns. Liebt es, gegen Arsenal-Tore zu schießen. Genau. Der Serge macht das schon. Simon, vielen lieben Dank für deinen Sub. Mal gucken, ob der Serge spielen darf, ne? Mal abwarten. Gerard Berger, ja, aber der Uli ist ja nicht mehr da, wa? Ich weiß nicht. Gibt vielleicht den einen oder anderen Typen in unserer Mannschaft, der das vielleicht ähnlich sieht, aber mit Sicherheit nicht alle. Ich glaube, im Hinspiel bricht sich Tuchel den nächsten Zeh. Ja, oder den ganzen Fuß, wer weiß. Stell dir mal vor, die haben Eisentüren da oder sowas. Eieiei. Das Hinspiel ist an meinem Geburtstag. Ja, dann wollen wir hoffen, dass das ein gutes Omen ist, die Football. In London wird es ein sehr schweres Spiel, würde noch fehlen, dass Havertz gegen uns trifft, die blinde Pflaume. Ja gut, wenn wir dafür dann 3 Tore von Harry Kane sehen, ist das doch alles gut. Kann er doch ruhig treffen. Ist doch alles gut. Bevor ich einen König Josh in meinem Fanclub aufnehme, werde ich Dortmund finden. Uiuiuiui. Ist aber ein harter Take. Tores Einstellungswechsel ist echt seltsam. Glaube, seine Verbannung von Kimmich seine Verbannung von Kimmich seither ist der Ansatz. Tuchel sagte ja nach der Entlassung, dass er jetzt weniger Rücksicht nehmen muss. Ja gut, das war jetzt aus der Not geboren, weil einfach kein Rechtsverteidiger da war, ne? Also
Das werden wir sehen, ob es so weitergeht dann oder nicht, wenn ein Rechtsverteidiger wieder fit ist. Die Arsenal-Fans gehen aber gut ab und machen Stimmung. Das muss man denen lassen. Ja gut, es ist Champions League Viertelfinale, Leute. Da wird das Stadion schon Stimmung haben. Also sollte klar sein, oder? Ja, ich glaube auch, dass das Vertrauen in Opa in K.O.-Spielen jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen angekratzt ist. Ja. Wenn die Leistung stimmt, kann sich TT von mir aus alles brechen. Das ist aber auch schon hart, oder? Halbfinale, 3 Spanier und wir. Mir wurscht. Solange wir irgendwie weiterkommen, ist mir das wurscht, wer sonst da steht. Ich bin mal gespannt, wann Eberl den neuen Trainer finden wird. Ich denke mal, so spätestens Anfang April sollte da irgendwas in die richtigen Bahnen gehen, oder? Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wir können uns ja auch noch hier, warte mal, wir haben noch irgendwas vorhin gesehen. Genau, guck mal, wir haben hier 3 Minuten UEFA Champions League Reaction. Und die ziehen wir uns jetzt mal eben rein. Bitte wir das Thema mal rund machen hier, ne? Guck mal, wie selbstgefällig der da schon hockt, der arrogante Eberl, oder? Er passt richtig zum FC Bayern. Ich denke, dass wenn du Champions League Viertelfinale erreicht hast, dass du dann große Gegner erwarten kannst. Das sind die besten 8 Mannschaften in Europa in der Saison. Dazu gehört der FC Bayern, das ist erstmal großartig für uns, haben uns über Lazio qualifiziert. Und jetzt hast du Arsenal, du hast das erste Spiel in London, hast das Rückspiel in unserer wunderschönen Allianz Arena. Musst hoffentlich nicht aufholen, sondern kannst ein gutes Hinspiel dann vielleicht veredeln. Das ist das große Ziel, was wir haben. Wir wollen ins Halbfinale kommen, auch wenn Arsenal zu den Top-Vereinen in Europa gehört, ohne Frage. Wir haben einen aktuellen Spitzenreiter jetzt in der englischen Liga, in der Premier League, gemeinsam mit City und Liverpool, die seit Jahren, jetzt seit 2,5 Jahren konstant in der Spitze spielen, in der schwierigsten Liga der Welt und sehr homogenes, sehr gefährliches Team sind, die extrem viele Tore schießen und extrem viele Punkte holen in den letzten Jahren. Das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr schweres Los. Und gleichzeitig ist Arsenal natürlich eine Mannschaft, ja, die sowohl von ihrer Spielkultur, dieses offensive, spielerische, als auch natürlich von ihren Spielern schon eine Mannschaft ist, die den Fans mit unserer Kombination, glaube ich, 2 packende Spiele liefern wird. Und trotzdem, glaube ich, haben wir mit dem Rückspiel in München auch gute Chancen, dann auch weiterzukommen. Sie wissen, was wir für eine Mannschaft haben, was der FC Bayern auch für ein Verein ist. Das Gleiche wissen wir aber auch über Arsenal. Ich glaube, jeder freut sich auf ein Spiel. Er sieht so ein bisschen steif da, der Meinung, oder? Was ist denn da los? Mal ein bisschen locker werden. Steve Jobs Philosophie. Bei Arsenal, das ist eine tolle Atmosphäre, haben natürlich gute Spieler, eine gute Mannschaft. Ich glaube auch eine andere Mannschaft, als es damals der Fall gewesen ist, gerade 13 oder auch bei den letzten 2 Duellen. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Duell werden, aber wir freuen uns, glaube ich, auf diese Aufgabe und wir sind auch happy, dass wir diese Spiele spielen dürfen und auch gegen eine gute Mannschaft spielen werden. Man hat es auch gesehen jetzt gegen FC Porto, wenn wer richtig gut und intensiv auch dagegen hält, verteidigt, dann tun sie sich auch nicht so leicht und da müssen wir einfach mutig auch sein und sowas zutrauen. Aber ich glaube, eine hohe Intensität in den Spielen wird sehr, sehr wichtig sein, auch in den Zweikämpfen. Obviously, my first impressions is a funny one, obviously going back to England. So soon after arriving here, and obviously going back to North London as well. So yeah, it's a great opportunity for us to test ourselves and you know, to show our quality. Richtig schwieriges Los, aber attraktives Los. Ich glaube, wir können uns auf 2 richtig interessante Fußballspiele freuen. Das ist auf jeden Fall eine hammerharte Auslosung, aber okay, die Herausforderung ist groß und wir werden unser Top-Niveau benötigen und wir werden anreisen, um in Arsenal zu gewinnen. Und jetzt stehst du da, spielst gegen Arsenal nach der Länderspielpause, verletzte Spieler kommen zurück, die Kadersituation entspannt sich und jetzt können wir uns auch auf diese Spiele freuen, fokussieren, aber auch freuen und ja, unser Ziel ist es, weiterzukommen. Punkt. Fertig.
Das ist egal, ob der Papa geworden ist und wenn er 2 Nächte im Kreis da war, ist mir doch egal. Hat er ein bisschen entspannter, sich da hinzusetzen. Was ist denn los? Opa ist für mich ein Kandidat für den Transfermarkt. Aber Opa hat gesagt, er will nicht weg. Ich glaube, er bekommt die Kurve nicht mehr. Super Anlagen, aber die Nerven machen bei ihm nicht mit. Ja, wie gesagt, ich hab ja gesagt, dieses Jahr würde ich ihn da schon ein bisschen in Schutz nehmen, so, aber wenn das halt immer so ist, ja, dann muss man irgendwann eingestehen, dass es dann vielleicht doch nicht reicht für den letzten Faktor. So. Ist die Frage, wer möchte dann von den Spitzenteams so einen Spieler haben, weißt du? Sie sehen das ja auch, was da so vorgefallen ist. Schwierig. Der Max ist ein Top-Typ. Vorsicker, welchen Typen? Den Max? Oder den Tuchel? Ja, ist der Glückspulli. Ist doch auch völlig okay, wenn er mal seinen Pulli anhat. Sorry, aber Neuer strahlt für mich nicht das aus, was ein Kapitän ausstrahlen sollte. Das sehe ich genauso, Vorsicker. Zumindest nicht auf dem Platz oder ich weiß nicht, wie es in der Kabine ist. Vielleicht ist er da ein super Anführer und der anheizt und so, keine Ahnung. Aber ansonsten gehe ich da mit, ja. Ich würde mir da auch jemand anders wünschen, der ein bisschen mehr, der auch ein bisschen mehr Einfluss hat von seiner Position her auf dem Platz und der einfach auch mal ein bisschen mehr Feuer hat. So. Gehe ich schon mit. Dyer ist einfach der Zwilling von De Ligt. Nee, wenn dann der große Bruder. Neuer wirkt etwas müde, ist der Vater geworden. Ist man müde. Wir brauchen auf jeden Fall für die kommende Saison 3 bis 4 neue Top-Transfers. Am besten auch mal wieder ein brasilianisches Talent für die Offensive. Ja, was denn jetzt? 3 bis 4 Top-Transfers oder ein Talent für die Offensive? Ich sehe das nicht so. Ich glaube nicht, dass wir 3 bis 4 Top-Transfers brauchen. Je nachdem, wer geht, brauchen wir einen Top-Transfer für die Zentrale. Ja, da gehe ich mit. Aber ansonsten würde ich auch eher 3 hochtalentierte, vielleicht schon die einen Step weiter sind als talentierte Spieler verpflichten. Kane hat schon viele Hattricks gegen Arsenal. Ja, und dann muss er halt einen mehr machen, ne? Man sieht dem Tuchel an, dass er Sehnsucht hat nach der besten Liga der Welt. Ja, auf jeden Fall, ja. Das merkt man schon, dass das so sein Ding ist. Aber es ist ja auch völlig okay, oder? Neue UEFA-Pläne sind ja nur noch Feldspieler dürfen Kapitän sein. Was soll das denn? Was ist denn da jetzt der Sinn? Warum soll man das verbieten, dass ein Torwart Kapitän ist? Hä? Wo ist der Sinn? Weil der Torwart nicht im Spiel über das halbe Feld laufen kann und sich vom Schiri stellen kann und ihn anbellen kann, oder was? Was denn, ey? Die UEFA verliert doch manchmal. Die haben auch einer an der Birne da, die alten Säcke, die da hocken, oder? Was sagst du zu Leverkusen? Nach gestern glaube ich nicht, dass die noch in dieser Spielzeit verlieren können. Aus Vizekusen wird Nachspielzeitkusen. Ich habe da nichts anderes erwartet. Ich habe das schon vor langem gesagt. Bleib auch dabei. Leverkusen wird nicht einbrechen. Selbst wenn die diese Saison mal ein Spiel verlieren werden, ist Alonso auf jeden Fall der Trainer gut genug, um dann die Kurve wieder zu kriegen. Also. Ja, und gestern, keine Ahnung, ich habe es halt auch nur im Live-Ticker gesehen. So. Aber wenn du gegen 10 Mann spielst und Vollgas gibst, ja, und an dich glaubst, dann ich meine, wir sind Bayern-Fans, Alter. Wer kennt das besser wie wir? Also wir haben Jahre gehabt, ich erinnere mich nur an Luca Toni, wie oft der in der Nachspielzeit noch eine Hütte gemacht hat, ja. Oder also man muss halt 90 Minuten, 95 Minuten weiterspielen, so. Viele Mannschaften machen das halt nicht. Die schalten dann ab so die letzten Minuten. Und wenn du das nicht tust, dann ist das, was Leverkusen gerade hat. Dazu haben sie einen Lauf, haben das Momentum und ja, dann sieht das so aus, ne? Ich glaube, die Statements haben sie vor der Auslosung aufgenommen und den Namen des Gegners nachträglich reingeschnitten. Wieder einfach so nichts sagen. Anbu, was ist das denn? Als ob der FC Bayern dazu die nötigen Mittel hätte. Allein von der... Nein. Wir
Wir haben immer noch ein Mikrofon in den alten Presseraum. Nee. Da glaubst du nicht, dass sie das on the fly mal eben schnell so hingeschnitten kriegen. Also, das glaube ich nicht. Aber was willst du denn jetzt auch sagen? So, Arsenal ist ja nun mal ein super attraktiver Gegner, ein super offensiver Gegner. So, was willst du jetzt anders sagen? Ja. Und dass wir immer den Anspruch haben, zumindest den Versuch zu haben, weiterzukommen, sollte ja auch klar sein. Oder soll sich jetzt ein Verantwortlicher da hinsetzen und sagen, wir sind jetzt Außenseiter gegen Arsenal oder was? Was willst du jetzt so groß da jetzt sagen, ne? Der Lichtdeier sind unsere besten IVs. Aktuell auf jeden Fall, ja. Die wollen alle nicht weg, weil der FCB die Jungs teilweise überbezahlt. Ja, na klar. Aber ich glaube, ein Opa ist jetzt nicht überbezahlt. Okay, wir haben jetzt da eine Leistung, aber ich glaube trotzdem nicht. Ich weiß nicht, liegt irgendwie bei 10, 12 Mille oder was? Da haben wir ganz andere Kandidaten. Die haben das zu jedem Gegner aufgenommen. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Ja. Also wird schwer, denke ich. Ja, es werden interessante Spiele, denke ich. Kapitän, akzeptiere ich nur Kane oder De Ligt in Zukunft? Das kommt drauf an, wer geht und bleibt. Und wie diese Spieler sich dann entwickeln. Aber Kane und De Ligt, ja, ich würde mich schon, wenn ich jetzt Verantwortlicher wäre, ich würde mich, glaube ich, schon auf den De Ligt festlegen, weil er einfach noch genug Jahre hat und eine Ära prägen kann. Klar, könntest du auch sagen, du nimmst einen Harry Kane irgendwie für ein Jahr oder so oder 2. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wichtiger ist auch, dass du das Gefüge halt in der Mannschaft anders gestaltest. Wer jetzt am Ende dann die Binde auf den Platz trägt, ja. Bei uns in Frankreich sagt man, die Fliegen haben den Esel gewechselt. Ja, die verstehen sich halt gut. Aber es war ja schon beim ersten Spiel so. Das hast du ja direkt gemerkt mit Dyer und De Ligt. Das hast du ja direkt gemerkt. Die waren direkt so auf einer Linie, haben sich gegenseitig angewiesen und geholfen und haben super viel Ruhe ausgestrahlt einfach. Ne? Dazu muss man fairerweise auch sagen, dass auch ein Goretzka das Zusammenspiel super gut klappt. Ja, und mit Pavlovic auch, was so das Defensivverhalten dann anbelangt. Also, das muss man auch sagen. Das spielt dann natürlich auch mit rein. Ne? Nehmen die für die Statements das Mikro aus dem Presseraum? Nee, das Mikro hörte sich gerade besser an wie im Presseraum. Ich denke mal, dass Alonso bei uns die Dreierkette vernünftig einführt, dann kann er direkt Frimpong mitbringen. Ich wusste gar nicht, dass der schon fix verpflichtet ist. Arsenal klatscht euch. Ja, genau, Insa. Ich denke auch. 2x5-1. UEFA-Pläne. Nur Kapitäne dürfen sich beim Schiri beschweren. Was ist dein Tipp gegen Arsenal? Mein Tipp ist, dass wir weiterkommen. Eine enge Kiste wird's, aber ich glaube, wir kommen weiter. Das ist so mein Gefühl. Wie ihr alle glaubt, dass ihr Arsenal stark habt. Echt wieder große Klappe nach 2 Siegen. Nee, das nennt man einfach bayerisches Selbstvertrauen und gesunde Arroganz. Schönen Mittag in die Runde. Benjamin, ja, bei mir ist Abend, aber wenn bei dir Mittag ist, wünsche ich dir einen schönen Mittag noch. Arsenal ist ja nur Erster in England und spielstärker als Leverkusen. Oh nein! Die sind Erster in England! Alter! Ja, dann haben wir keine Chance. Also, wenn die Erster in England sind, nein, dann brauchen wir gar nicht antreten heute. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Dachte, die wären nur Zweiter in England oder Dritter. Die sind Erster. Ja, leck mein Arsch. Nee, dann komm. Leute, wir müssen jetzt hier pessimistischer werden.
Also wir müssen jetzt, nee. Also Erster in England, da brauchst du gar nicht antreten im Viertelfinale der Champions League. Das macht ja keinen Sinn. Also, ist ja, sorry, Torben. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Arsenal Erster in England, Alter. Uiuiui. Das ist ja, nee. Also Erster in England, der geht ja automatisch weiter, ne? Bis ins Finale. Habe ich ganz vergessen, sorry. Ich wusste nicht, dass das so ist. Alter Belly, ey. Ah, herrlich, ey. Kane sehe ich fast aus Altersgründen nicht als Kapitän. Er würde es halt nur 2 bis 3 Jahre machen und wäre als Teamleader leider Gottes nur befristet verfügbar. Ja, aber das wäre ja nicht unbedingt schlecht, ne? Wenn man jetzt mal sieht, wie lange da die eingefahrene Schiene mit Neuer und Müller ist, wäre das ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn so ein Kapitän alle 2, 3 Jahre vielleicht mal wechselt und ein neuer Schwung reinkommt, so weißt du. Mit De Ligt ging ich völlig d'accord derzeit, aber da redet sich auch der neue Coach damit. Ja, klar entscheidet der das, nicht wir. Daher und De Ligt passt wie Arsch auf Eimer, ja. Ja, auf jeden Fall. Leverkusen holt auf jeden Fall 2 Titel dieses Jahr. Wegen mir können sie auch 3 Titel holen. Es ist mir völlig Wumpe. Sei denen gegönnt, Alter. Alles gut. Obwohl ich es ja jetzt Saarbrücken schon gönnen würde, wenn ich ehrlich bin, im DFB-Pokal. Die Regel mit dem Kapitän gab es schon in meiner Jugend. Damals durfte auch nur der Kapitän mit dem Schiri sprechen. Und das liegt 50 Jahre zurück. Ja, ist der halt, der ein bisschen was anmerken darf. Ne? Ist ja jetzt nicht anders, aber wer hält sich schon da dran? Willi, Servus. Je nachdem, wer geht, 1 bis 2 gestandene Spieler holen und den Rest mit Talenten auffüllen. Ja, sehe ich eh nicht. Man kann für 3 Meter zurückholen von Eindhoven mit Stanisic hätten wir dann 4 RV, Ibra kommt zurück. Ja, aber der Tillmann will doch, glaube ich, gar nicht zurück. Also ist ja auch immer noch eine andere Kiste, ne? Nee, ich habe noch keine Tickets angefragt. Chico, Servus. Arsenal wieder ein 50-50-Spiel. Ja, denke ich auch. Sagst du zu Davis, die News der letzten Tage geben Hoffnung. Ich zitiere Freund, eine Verlängerung ist gar nicht unwahrscheinlich. Die Gespräche sind positiv verlaufen. Das ist wie ich in jedem Stream sage, wenn ein Spieler nur bei uns spielt, weil wir ihm 1 Million mehr zahlen wie ein anderer Verein, dann möchte er doch bitte gehen. Dann brauchen wir ihn bei uns nicht. So, wir brauchen Spieler, die für den FC Bayern spielen wollen und nicht, weil der FC Bayern 1 Million mehr zahlt als der Verein, der sonst an ihn interessiert ist. Ganz einfache Kiste. So. Und wenn man bereit ist, für einen Fonsi bis zu einer gewissen Grenze zu gehen, okay, aber man muss auch jetzt nicht wieder bekloppte Dinge machen, nur um den Spieler zu halten, weil na klar, ist er ein guter Spieler, na klar hat er super viel Potenzial auf der Position, aber hat er diese Saison irgendeinen Unterschied gemacht, ob er da war oder nicht? Ich glaube nicht. Ja? Und das muss man halt auch dann klipp und klar so bewerten. So. Und dann sagt man halt, das, was der Verein bereit ist, sagen wir jetzt einfach mal 10 Mille, 11 Mille, 12 Mille, keine Ahnung. Selbst für 12 Mille, die Leistung, die er diese Saison gezeigt hat, sind mit Sicherheit keine 12 Millionen wert. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ist natürlich noch super junger Spieler, gar keine Frage. Natürlich wäre es schön, ihn zu halten, aber nochmal, wenn er nur auf Kohle schaut und deswegen den Verein verlassen möchte, dann würde ich gar nicht da groß rumverhandeln. Dann soll er den Verein verlassen. Dann nehmen wir die 40 Mille, die wir kriegen und gut ist. Fertig. Ja. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir Spieler bei uns haben, die für unseren Verein spielen wollen. Und nicht, weil wir der Verein sind, der das meiste Geld zahlt. Für mich sind auch Talente mit Potenzial Top-Transfers. Tell zum Beispiel war für mich damals schon ein Top-Transfer, aber grundsätzlich bin ich ganz bei dir. Ja, fühle ich. Sehe ich genauso. Ne? Ist halt immer Interpretationssache. Viele meinen ja immer Top-Transfer. Eric Dyer, beste Beispiel. Ja, wie wurde der schlecht geredet, wo er verpflichtet wurde, Alter. Ja. Und ich denke, er war genau der richtige Mann zur richtigen Zeit. Ja. Spiele werden durch die jeweiligen Einstellungen und Form am Spieltag entschieden. Ja, das ist im Fußball immer so, Benjamin.
Sonst nochmal werden wir ja alle Millionäre. Wenn man den richtigen Trainer holt, der die Spieler entwickelt, haben wir eine schöne Zukunft. Wenn er das dann auch hinkriegt, der Trainer, definitiv, Frau Secker, ja. Also Potenzial ist genug vorhanden. Ne? Und auch schon Spieler, die in jungen Jahren schon viel Erfahrung gesammelt haben. Ne? Die eine Ära prägen können, auf jeden Fall. Die haben das Video erst nach der PK aufgenommen, weil vorher das Mikro noch in der PK gebraucht wurde. Der ist auch gut. 65 zu 35 zugunsten von uns. Nee, ich geh schon mit 50-50. Ja, aber auch nur, wenn wir Normalform erreichen. Und wenn der Trend weitergeht, wie er so die letzten 2-3 Wochen gegangen ist. Ja, ansonsten sind wir eigentlich klare Außenseiter. Wenn man die kompletten Saisons betrachtet, denke ich, muss man sich nicht als Favorit sehen. Ja, das sollte auch klar sein. Aber wie gesagt, so die letzten Wochen und die Entwicklung auch vom Tuchel geben schon Anlass, dass es ein Spiel auf Augenhöhe werden können. Barack Joe, servus. Was hältst du von Xavi Simmons? Siehst du ihn bei uns? Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Zu Arsenal, ich habe die Ausführungen in der Mittagspause gesehen und das größte Gebet ging an das Heimspielrecht im Rückspiel. Ja, dann hast du das richtige Gebet gesprochen. Du hattest ja schon mal erwähnt, dass du die EM nicht so verfolgen wirst. Könntest du dir trotzdem vorstellen, auf eines der Spiele zum Public Viewing zu gehen mit Kanalmitgliedern? Ich weiß gar nicht, ob es Public Viewing geben wird. Wird es das geben? Steht das schon fest, oder was? Ja, ich war sonst auch beim Public Viewing. Was heißt sonst? Aber wo ich noch Nationalmannschaft geschaut habe, ja. Ich mir das vorstellen kann. Wenn die Laune da ist, auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der so die Massen mag an Menschen. Ja. Zumindest nicht, wenn es nicht irgendwie im Bayern-Stadion ist. Aber ja, vorstellen könnte ich mir das natürlich. Oder an der Ostküste der USA. Benjamin, das ist schön. Ich leider nicht. Sarkasmus steht mir sehr gut. Das weiß ich. Das weiß ich. Perfektioniere ich auch seit über 40 Jahren. Thomas, hau rein, schönen Abend. Danke, dass du da warst. UEFA holt immer mehr Regeln aus dem Kinderfußball zu den Profis. Kann sich jeder denken, was das bedeutet. Ach ja. Mich freut die Pavlovic-Nominierung vom Nagelsmann. Wenn sie auf sportlichen Gründen basiert, freut mich das auch. Ob dem so ist, bin ich mir nicht 100% sicher. Weil man hat ja erst den Kroos zurückgeholt und man hat den Überkapitän Ilkay Gündogan da auf den Positionen. Ich glaube nicht, dass man Kroos zurückgeholt hat, um ihn auf die Bank zu setzen. Ich glaube nicht, dass man den Kapitän auf die Bank setzen wird. Also von daher weiß ich nicht so recht, ob das aus sportlichen Gründen der Fall ist. Und nicht eher dafür zu sorgen, dass er sich für Deutschland entscheidet. Von daher mal abwarten. Das werden wir ja sehen, inwieweit er spielen darf oder nicht spielen darf. Oder ja. Aber ansonsten freut es mich für Pavlovic. Ja. Wie gesagt, wenn es aus sportlichen Gründen passiert, das Argument, was man ja wieder so gehört hat, ja, der ist zu jung, der muss das erstmal bestätigen, der darf dann noch nicht spielen in der Nationalmannschaft, fühle ich halt nicht. So. Ja, er hat es bei uns auf einem hohen Niveau bewiesen, wenn man beim FC Bayern als junger Spieler in der Zentrale spielt und die Leistung zeigt, die man gezeigt hat, ist man, denke ich, automatisch ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Und dann lädt man den Spieler ein, entweder kann er es da zeigen oder er kann es halt da nicht zeigen. So, und wenn er es da nicht zeigen kann, dann lädst du ihn halt erstmal ein Jahr nicht ein. So, dann kann er sich weiterentwickeln und alles ist doch tutti. Ne? Aber was jetzt der Beweggrund ist, keine Ahnung. Ich habe die PK noch nicht geguckt vom DFB. Weiß nicht, was Nagelsmann dazu gesagt hat und wie er es gesagt hat, ob man ihn das dann abnehmen kann. Das werden wir sehen. Okay, das erklärt das Mittag, ne? Ist genehmigt, oder Martin?
Arsenal führt die Premier League an, hat einen Lauf und schießt die Gegner aus dem Stadion, darunter auch Liverpool. In den letzten 5 Ligaspielen erzielten sie 23 Tore und kassierten nur 2. Ja. Aber wir spielen, glaube ich, erst am 9.4. Also. Alles ist gut, Manfredo. Das werden wir doch sehen. Mein Gott. Muss man sich nicht verrückt machen im Vorhinein. Offenbar soll Boe wieder verkauft werden. Unter anderem Eber meint, dem fehlt die Qualität. Trifft das gegen Freund oder wer hat den geholt? Naja, da der Freund unser Sportdirektor war, denke ich mal, dass das schon in seiner Verantwortung war. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich habe vom Eberl nichts gelesen oder gehört, dass er das gesagt hat. Ja, das hat wahrscheinlich wieder so ein toller Sky-Reporter oder so ein toller Bildreporter in Umlauf gebracht. Ja, ganz großes Kino. Können wir natürlich voll für ernst nehmen, solche Aussagen. Ich würde die Aussage, können Sie es ja eventuell für ernst nehmen, wenn Kimmich sagen würde, ja, ich liebe den FC Bayern, ich gebe hier die nächsten 3 Jahre den Rechtsverteidiger. Dann könnten wir das vielleicht diskutieren. Ansonsten, nee, warum? Also. Ich hab von den Jungen 2-mal eine halbe Stunde gesehen oder so bei uns. Lass den doch mal ein paar Spiele machen. Also. Ja, fühle ich nicht die Aussage. Gladbach und Frankfurt waren gewarnt und trotzdem ging es den Bach runter. Bei Gladbach half der Regen zum Rutschen. Da muss der große FC Bayern kommen, damit die Statistik kaputt geht halt. Kein Problem, 2 Spiele, da können wir 8 Dinge reinhauen. Ja, wie gesagt, also ich denke, wir können uns auf schöne Spiele freuen. Also ich denke, da können wir uns alle einig sein. Der eine hat das Bauchgefühl pro, der andere dagegen und ja, wie es vorhin schon stand, es wird von der Tagesform abhängen, von der Taktik, ja. Vielleicht wird auch einer den anderen Trainer auscoachen, wer weiß. Das sind die Dinge, worauf es ankommt dann. Da können wir jetzt philosophieren, was wir wollen. Wie gesagt, mein Bauchgefühl ist eher positiv. Ich rechne aber mit 2 engen Spielen und 2 Spielen, die Spaß machen werden. So, das ist der Anspruch, den ich habe. Und der Rest wird man sehen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Perisic war ein Top-Transfer. Ja, hat man ja nicht gehalten. Warum bin ich Bayern-Fan? Unter anderem wegen diese Spiele. Es kribbelt so langsam wieder. Ja, sonst haben wir ja auch nichts mehr, wo es kribbeln kann diese Saison. Das müssen wir ehrlicherweise sagen. Also in der Bundesliga kann nichts mehr kribbeln. Und DFB-Pokal brauchen wir gar nicht erwähnen, oder? Ja, Martin, das war ja auch nicht auf dich bezogen, aber also in den letzten Streams gab es ja ganz viele und auch allein Kommentare zu der Vorstellung, da waren ja ganz, ganz viele wilde Takes von irgendwelchen Leuten. Zu Dyer. GB, Servus und Glück auf. Der Ambo wartet schon auf dich. Bei unserem Fanclub sind noch 10 Plätze frei für Arsenal. Ich habe aber schon für das Spiel gegen Köln reserviert. Ich hoffe, es ist schon alles klar vor dem Rückspiel, sonst spielt die B-Mannschaft. Die Arena-Leute wie das neue Auswärtstrikot. Ja, deswegen habe ich sie an. Lässt mich auch im schöneren Licht erstrahlen, weißt du? Wann findet das Spiel gegen Arsenal statt? Am 9.4.2024 um 21 Uhr. Oder meinst du das Rückspiel? Das Rückspiel ist am 17.4. um 21 Uhr. Ich brauche von euch mal Expertise in Regelkunde. Im Thema Regelkunde. Der Alex ist ja nun für die Nationalmannschaft nominiert. Konnte sich ja bis dato aber entscheiden. Serbien oder sowas. Und Deutschland. Ab wann ist das dann festgelegt? Mit der angenommenen Nominierung? Nein. Mit einem Platz auf der Bank? Nein. Mit einem Einsatz im Spiel? Nein. Was ist das Kriterium? Das Kriterium ist, dass er in einem Pflichtspiel zum Einsatz kommt.
Da das beides nur Freundschaftsspiele sind, kann er beide Spiele komplett durchspielen und könnte immer noch sich für Serbien entscheiden. Weil es keine Pflichtspiele sind. Ja, der Chico schreibt es ja auch hier. Einsatz im Pflichtspiel. Kannst mit Groß, Gündogan und Pavlovic spielen. Und dann spielst du ohne Außenspieler, oder was? Spielst mit 3, was? Wie? Klär mich auf, JB. Maracay, bin auch eher Fan von gemütlichen Biergärten. Brauche auch keine 10.000 Menschen Massen. Kann mich gut an 2006 erinnern, aber da war selber noch jung und noch nicht so genervt von Massen. Kadir, so geht's mir auch. So geht's mir ähnlich, ja. 2006 war ich auch noch in Dortmund bei jedem Spiel Public Viewing. Und was auch noch okay war, wenn man nicht mittendrin stand und so, ja. Aber da war man halt auch noch ein bisschen jünger. Pavlovic ist in München geboren, warum sollte er für Serbien spielen? Weil er da Stammspieler wäre und sofort spielen könnte? I don't know. Ich weiß es nicht, GP. Was Pavlovic angeht, ich finde die Nominierung richtig. Ja, wie gesagt, wenn sie aus sportlichen Gründen stattfindet, finde ich es auch richtig. Für mich ist Pavlovic in der Nationalmannschaft noch zu früh, aber naja, denke, geht auch darum, dass er sich nicht für Serbien entscheidet. Aber wahrscheinlich wird es darum gehen. Ja. Reaktion zur PK fehlt noch. Ja, wir sind halt hier beim FC Bayern und nicht bei der Nationalmannschaft, GP, ne? Aber wer weiß, wenn hier gleich tote Hose ist, können wir vielleicht noch reingucken. Arsenal hat den besten Angriff und die beste Verteidigung. Sollen sich gönnen. Aber die sind doch Erster in England. Also da brauchen wir eh nicht antreten, haben wir gerade schon festgestellt. Da brauchen wir nicht auflaufen. Also das ist, wenn du Erster in England bist, bist du automatisch, gehst du durch. Ne? Egal wie der Gegner ist. Eberl hat das nicht gesagt, wieder Bayern Insider-Blödsinn. Ja, Dejan, ich kann mich da auch nur wiederholen. Ich glaube sowieso nichts, was irgendwo von irgendeinem Reporter geschrieben wird. Wer das tut im Fußball in der heutigen Zeit, der hat's auch vercheckt irgendwo. Ja. Also ich sag, wenn es auf der Bayern-Seite steht, dann kann man zu irgendwas was sagen. Alles andere, was in irgendeiner Zeitung ohne Quellenangabe steht, ich kann mich auch hier hinsetzen, kann YouTube-Video gucken, das gucken sich 2000 Leute an, die 2000 Leute erzählen es wieder 2000 Leuten, da wissen schon 4000 und die erzählen das auch wieder weiter und irgendwann, weißt du, ist halt dumpfig. Deswegen gebe ich auf solche Sachen halt nichts. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Servus Kai, was hältst du von De Zerbi oder Hasenhüttl als neuer Bayern-Trainer? Danke. De Zerbi, keine Ahnung. Hasenhüttl fand ich früher einen ganz guten Trainer. Ich weiß aber nicht, was der gerade für einen Stil macht, wo er gerade Trainer ist, sonst was. Keine Ahnung. Ich habe es ja auch schon 100-mal gesagt, ich kann es nur wiederholen. Wichtig ist, dass du einen Trainer hast, der die Philosophie mitgeht, die der Verein vorleben möchte. Ja, heißt, Talente auch mal ranführen, nicht nur teure Stars kaufen. Natürlich werden wir auch weiterhin Stars kaufen, aber halt auch das, was Tuchel nicht gemacht hat, die Saison, mal an die Talente glauben und die auch mal in Konkurrenzkampf zu schicken mit den etablierten Spielern. Eine offensive Spielweise und natürlich, wie es ein Eberl auch gesagt hat, dieses ganze Teamgefühl. Es bringt jetzt nichts, wenn du einen Trainer holst, der da denkt, er möchte eine One-Man-Show machen, wenn das nicht zur Philosophie passt, dass man sich halt austauscht mit dem Eberl, mit dem Freund, Blasels. So, wie der Trainer am Ende heißt, spielt gar keine Rolle. Er muss einfach in dieses Profil passen. Ja? Und das kann nur ein Eberl und ein Freund beantworten. Weil der muss ja, also das muss ja schon mal matchen. So, die werden ja keinen Trainer verpflichten, wenn es nicht matcht. Ja, wenn der Alonso jetzt komplett unsympathisch den wäre, ich meine, wir kennen das alle, es gibt Menschen, die sind ja einfach nicht sympathisch, wie so Marcel Reif zum Beispiel. Ne? Ich habe den Sound immer noch nicht drauf, frech. Und dann fällt das raus. Und dann ist das auch egal, wie dieser Trainer heißt. Ja? Also wir müssen mal wegkommen davon, diese ganzen Namensgeschichten. Ja, wir können nur hoffen, dass es relativ frühzeitig
eine Bekanntmachung gibt, was schwer werden wird, wenn es ein Alonso werden sollte, dann kann sich die ganze Chose schon ziehen, wie Kaugummi leider. Wird man sehen. Zur Nagelsmann PK wild. Kimmich geht nach Liverpool. Ja, der Kimmich geht jetzt nach Liverpool. Ne? Jetzt geht er nicht mehr zum Hansi nach Barca. Eieiei. Aber er weiß ja noch gar nicht, wer Trainer in Liverpool wird. Will ich mal wieder Tuchel-Trainer. Ach, wäre das schön, oder? Liverpool verpflichtet Kimmich und dann drei Tage später, ja, der neue Cheftrainer ist Thomas Tuchel. Da hätte der Kimmich bestimmt richtig Lust drauf. Ach, was ein Take, GB. Super. Hast mir den Abend heute versüßt. Ach, der große Kimmich wird gefeiert in Liverpool und da hört er 3 Tage später, ja, der neue Chefcoach ist jetzt Thomas Tuchel. Ja. Hoffentlich hat er dann auch 14 Tage Rücktrittsrecht von seinem Vertrag, Alter. Ach, herrlich, ey. Immer wieder gut, ey. Ach, sehr schön. Au. Wild. Wild. Es werden Nägel mit Köpfe gemacht, ja. Gegen Arsenal in Emirates wird es sehr schwer. In der Allianz Arena kann Bayern das aber drehen. Arsenal hat das Momentum, Bayern hat mehr Erfahrung. Ja, das weiß man ja jetzt noch nicht, ob Arsenal das Momentum im Spiel gegen uns hat. Oder im Rückspiel. Vielleicht haben wir im Hinspiel das Momentum, Arsenal im Rückspiel. Das weiß man ja alles nicht. Wir werden sehen, Leute. King Kane wird Arsenal auseinandernehmen. Wen interessiert es auf diesem Kanal denn eigentlich die Nationalmannschaft? Ja, haut's mal rein. Wenn jetzt 90% Ja schreien, dann geht's los. Selbst wenn man Arsenal mit Glück schlagen soll, im Halbfinale ist Schluss. Warum das denn, GB? Warum? Erklär mir deine Takes. Warum soll denn dann im Halbfinale Schluss sein, wenn du gerade selbst schreibst, wenn wir mit Glück Arsenal schlagen sollten? Vielleicht schlagen wir dann auch mit Glück den Gegner im Halbfinale. Vielleicht schlagen wir dann noch mit viel, viel mehr Glück den Gegner im Finale. Und dann? Was ist das denn für ein Take? Chupo in den Sturm und das Halbfinale sicher. Ja, ganz bestimmt, ey. Seit dem neuen Trikot interessiere ich mich. Lewandowski hat Angst um seinen Torrekord. Ach, Lewandowski hat doch schon klargestellt, dass er nur 29 Spiele gebraucht hat für die 40 Tore. Merkst du? Wenn es kribbelt, muss duschen. Realistisch, aha. Dortmund hat ja mal ein geiles Losglück. Unglaublich. Das weiß ich nicht. Fühle ich auch nicht die Aussage. Warum hat Dortmund dieses Losglück? Meinst du, die Seite ist jetzt so viel leichter, oder was? Mit Atletico und danach PSG oder Barca? Weiß ich nicht. Thomas macht das schon. Champions League Sieg ist drin. So sieht's aus. Heute Pink Mooney anstatt Red Mooney. Ja, ich müsste aber... Ein pinkes Trikot habe ich leider nicht. Hab ich leider nicht. Ich habe noch ein grünes Deutschland-Trikot. Natürlich das geilste. Leider nicht das ganz alte, sondern das, was danach dann kam. War das 2.6 oder was? Ich weiß gar nicht mehr. Auswärtstrikot. Wir sammeln für Kai für das neue Auswärtstrikot. Kein Problem mit Pink rumzulaufen. Steht mir wahrscheinlich sogar. Eigentlich trainiert die deutsche Nationalmannschaft auch gerade in der Arena, aber wegen den neuen Trikots sind sie quasi unsichtbar. Aber normalerweise, haben wir denn einen Trikotsponsor in der Nationalmannschaft? Normalerweise müsste da ja jetzt ein T drauf. Ist ja original die Telekom-Farbe. Manfredo, lieber Kai, bei mir kribbelt es, wenn ich meine Ehefrau sehe, wie sie in der Küche steht und ein leckeres Mahl zubereitet. Manfredo, dann hast du alles richtig gemacht. Kribbelt bei mir auch, wenn die Mara in der Küche steht. Du bist ja nie pünktlich da. Woher willst du das wissen? Woher willst du wissen, dass es nicht bei mir kribbelt, wenn ich mir das vorstelle? Scheiße, Es oder? sollte auf jeden Fall hinterher kribbeln, nachdem ich gekocht habe. Ja, das tut's ja immer. Gündogan spielt auf der 10. Ja, ich kann mit dem Gündogan halt nichts anfangen. Ist ein guter Spieler, ja, aber ich kann mit dem nichts anfangen.
weiß auch nicht, warum der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist. Das verstehe ich bis heute nicht. Aber das muss ich auch nicht, das muss nur der Herr Nagelsmann verstehen. Beziehungsweise, hat der Flick, hat ihn zum Kapitän? Ich weiß es gar nicht mehr. Grüß Gundogan und Pavlovic will the take. Ja, dann hast du ja noch den Dingens dabei. Wie heißt er denn? Der Groß oder was? Ja. Ist auch noch zentral. Also nicht groß, sondern groß. Und so ein Ballerbein im Mittelfeld bist auch in Deutschland Stammspieler. Ja, aber dann hätte man ja Groß nicht zurückgeholt. Ich schaue lieber zu Hause, da habe ich meine Runde, weil ich keine Menschenmassen mag. Ist doch völlig gut, Martin. Ist doch völlig gut so. Pavlo ist eine Maschine. Der muss nur noch ein bisschen körperlicher werden. Ja, gut, der ist 19. Also, ne? Stell mal an, ab wann Goretzka körperlich geworden ist. Ist auch noch nicht so lange her. Bayern und Dortmund haben ja fast die leichtesten Aufgaben zugelost bekommen. Ja, das denke ich auch. Selbstläufer. Pavlovic ist ein Spieler mit Entwicklungspotenzial und nicht mehr. Nix Maschine, nix Weltklasse, aber kann noch kommen. Ich glaube schon, dass er schon ein bisschen mehr ist wie nur ein Spieler mit Entwicklungspotenzial. Glaube ich schon. Bedingt einfach auch diese Ruhe, die er auch ausstrahlt, weißt du? Ich glaube, das ist schon besonders in dem Alter. Auf dieser Position da nicht fickrig zu werden, hibbelig zu werden, auch unter Druck, ja, nicht die Bälle zu verlieren, à la Kimmich oder Goretzka, die das nicht wirklich gut können. Das ist, glaube ich, schon besonders in den Jahren. So mit 19 dieses Selbstverständnis und auch diesen Überblick, den er hat. Ja, auch das ist schon um Weiten besser wie bei dem Personal, was wir aktuell da rumlaufen haben. Wenn du mal siehst, was er manchmal für Räume sieht und die Bälle dann auch dahin bekommt. Ja, natürlich super jung, natürlich muss er sich noch weiterentwickeln. Ja, das steht ja außer Frage. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr als wie zu sagen, er ist nur ein Talent mit Entwicklungspotenzial. Arsenal hat auch die größte einzige Kanone auf dem Wappen. Das weiß ich nicht, ob das die einzigste Kanone auf dem Wappen ist. Ich kenne nicht alle Wappen der Welt. Sané ist nur ein Maschinchen. Die Maschine muss noch körperlicher werden. Ja, ist schon wild. Wilder Satz eigentlich, ne? Hast du recht. Kann man mal Salz in die Wunde streuen. Es gab ja ein geheimes Kartrennen. Ja, weißt du noch, wer gewonnen hat, GB? Hä? Hau mal raus, die Insider. Leon Goretzka. Was hat er gemacht? Hat er das Go-Kart ins Ziel geworfen, oder was? Wie King Kong. Wahrscheinlich getragen. Ich, Leon, du Go-Kart. Der passt doch gar nicht rein in so ein Kart, Alter. Ja, der sitzt ja wahrscheinlich auch immer noch drin. Und windschnittig ist er schon gar nicht. Wenn er da so sitzt. Da ist der Brian eigentlich perfekt für, oder? Wo ist der Trainer von Arsenal? Ein bisschen für Unruhe sorgen. Ja, genau, machen wir den Uli-Move, ne? Der schwarze General, servus. UE jetzt verkaufen, wäre völlig sinnfrei. Wir haben 30 bezahlt, sagen wir mal, er ist 20 Millionen wert, da wir im Winter klar mehr bezahlt und wenn du ihn im Sommer wieder abgibst, dann bekommst du 15. Ach, das ist doch wieder nur dummes Gelaber, Alter. Das können wir doch gerne nächstes Jahr sagen, wenn er mal eine Hinserie gespielt hat oder eine Hinserie nur auf der Bank sitzt, dann kann man doch darüber diskutieren. Aber jetzt, nachdem er zweimal 30 Minuten gefühlt gespielt hat und dann erstmal verletzt war, was ist denn jetzt los, Leute? Klar muss er bei uns den nächsten Stepper machen, das steht ja außer Frage. Das war aber auch schon klar, wo wir ihn verpflichtet haben. So. Also, völliger Dünnschiss, da sowas zu schreiben. Olaf, moinsen. Es gibt auf jeden Fall mal kein reines englisches Finale. Ja. Ein rein deutsches Finale gibt's. Lieber der Trainer von Saarbrücken, der ist ja bald Pokalsieger. Ja, ich glaube leider nicht. Ich würde es ihm natürlich gönnen, ne, aber ich glaube es leider nicht. Leverkusen ist dafür einfach auch zu abgebrüht. Tuchel bleibt bei Bayern auf keinen Fall.
In der Mensa heute meinte einer am Nebentisch, dass Kimmich safe zu Barcelona geht. Also gehe ich mal davon aus, dass das stimmt. Ja, ich werde auch morgen ein Video raushauen. Hansi Flick und Zizou Kimmich auf dem Weg nach Barcelona. Klopowe Armageddon. Arsenal hat Declan Rice. Ja, da kann er mal zeigen, was er kann. Der Kimmich vielleicht extra motiviert gegen. Dich interessiert die Nationalmannschaft, Finn? Ja, guck mal, da bist ja schon mal einer wenigstens. Wohl den GB interessiert die auch. Also der Kai Havertz, das spricht für uns. Den muss man auch nicht immer so schlecht reden, oder? So ein Arroganzanfall von Levi. Vorher war es mir egal. Nach diesem Kommentar hoffe ich, dass Kane den Rekord bricht. Naja, ist ein Stürmer. Also ich bitte dich, wenn Harry Kane jetzt 30 Spiele brauchen sollte für die gleiche Anzahl Tore, ja, dann ist er in der Statistik immer noch vorne. So ist das halt. Finale Bayern gegen Dortmund möglich. So sieht's aus. Das ist doch alles Scheiße, was man erzählt über Boye. Lass ihn einmal auf seiner Position spielen. Dann kann man was sagen nach 3 oder 4 Spielen nur im Training. Ist ja, das ist halt dummes Gelaber von der Presse halt einfach. Guck mal, es ist wieder so, der FC Bayern hat jetzt mal 2, 3 gute Spiele gemacht. Es gibt wieder nichts zu schreiben, haben wir in der PK gesehen. Was machst du dann als Reporter, damit du irgendwas verkaufst? Haust halt so ein Take raus. Weißt du, um gleich wieder schön Auflage, ein bisschen dumpfig zu machen. So, das ist alles. Also deswegen nochmal, wer irgendwas glaubt aus irgendwelchen Zeitungen, wo irgendwas steht, ohne irgendeine Quellenangabe, der ist am Ende des Tages selber schuld. Punkt. PSG, Barca, Atletico und BVB ist auf demselben Level. Nee. Nee, das sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Das sehe ich nicht so. Allein von den Spielweisen her. Also. Weiß ich nicht. Aber wir werden es sehen. Ich gebe mal 1% pro Nationalmannschaft. Ich habe deine Analyse zur PK gesehen. Natürlich geht es uns auf den Sack, die Länderspielunterbrechung, aber im Turnierjahr halte ich das durchaus für legitim. Naja, der Sommer wird rosa. Ja, ist schon klar, dass du jetzt, wenn du keine Quali spielst und so, die 2 Spiele, ich weiß es nicht. Tut das Not, die jetzt haben zu müssen? Oder hätte man auch nicht sagen können, lass mich eben schauen. Am 18.05. ist Liga durch. Eine Woche später ist Champions League Finale meistens. So, da hätte man auch sagen können, ja, wir gehen 2 Wochen da zurück und dann hätte man die hinten dran gesetzt. So, es heißt ja nicht, dass sie gestrichen werden sollen. Es heißt ja nur, dass du die im Block nach der Saison hast. Und das wäre doch für einen Nationaltrainer noch geiler, wenn er nach der Saison dann seinen Block hätte von 4, 5 Wochen, wo er seine 6 Freundschaftsspiele machen kann, ja, in der Nationalmannschaft. Und dann hat er nochmal 4 Wochen Vorbereitung aufs Turnier. Das wäre doch mega, er hätte 2 Monate Vorbereitung. Wäre da wohl viel besser, als wie jetzt alle 2 Monate mal 2 Wochen irgendwelche komischen Spiele zu haben. So, welchen Einfluss willst du denn da nehmen? So, welchen Einfluss willst du jetzt gerade bei den Topspielern nehmen? Die haben doch gar keinen Kopf dafür. Ja? Oder meinst du jetzt, irgendein Bayern-Spieler ist super frei vom Schädel oder irgendein Arsenal-Spieler oder sowas? Die sind doch schon alle mit den Gedanken im Champions League Viertelfinale, Alter. Also für mich komplett sinnfrei, diese Ansetzung. Also Anbu schreibt gerade, Champions League Finale ist am 1.6. und am 14.6. geht die EM los. Ja, siehste. Dann ist es ja noch hohler. Dann wäre es ja noch besser, wenn du es andersrum machen würdest. Weil dann wäre am 18.05. das Champions League Finale und dann hätte der Nagelsmann 4 Wochen Vorbereitungszeit auf die EM. So, was wäre wohl besser? Hm? Deswegen sage ich, es gibt ganz wenig Argumente dagegen, dass man so einen Block macht, wo dann die Nationalmannschaftsspiele sind. Aber ist auch nur meine persönliche Meinung. Und vielleicht wird es dann auch den einen oder anderen wieder ein bisschen mehr interessieren, was in der Nationalmannschaft passiert, weil dann kein anderer Fußball gespielt wird.
Ne? Und nicht irgendwie der normale Betrieb unterbrochen wird und jeder angepisst ist deswegen. Ja? Und jeder die Angst hat, dass seine Mannschaft aus dem Flow kommt, weil irgendwelche Nationalspieler weg sind und bla und Sülz. Also, es gibt keine Argumente dafür, für diesen Mist, aus meiner Sicht. Bei dir ist die Küche kalt, Chibi? Was ist da los? Pilzsüppchen, da kribbelt es. Na, wenn du die richtigen Pilze hast, kribbelt das schon mal. Gibt's bei Mara ab und zu auch mal was richtig zünftig Bayerisches? Nur wenn Leberkäse bayerisch zählt. Ich bin halt nicht der Haxenesser, wenn du das jetzt als zünftig bayerisch meinst. Knödel, ja, Knödel bin ich Fan von, auf jeden Fall. Sämtliche Arten von Knödel. Aber so Schweinshaxe oder so ist gar nicht meins. Das komme ich nicht dran so. Leberkäse können wir uns drauf verständigen, ja. Muss gleich groß. Der Chibi, Alter. Pavlovic geht bei Goretzka ins Träger. Die pumpen schon zusammen. Hast du noch nicht gesehen? Musst du mal gucken auf FC Bayern Inside. Der hat schon einen Trainingsplan gekriegt vom Goretzka. Der Pavlo. Augustina, so sieht's aus. Ich könnte auch gleich mal einen Augustina nochmal schlippern, wa? Wie findest du denn die Nominierung von Jan-Niklas Beste? Ist ja der Viking-Bart von Heidenheim. Sehr überraschend, aber find's nicht so schlecht. Also ganz ehrlich, Los in Thailand, ich finde es völlig legitim, wenn man die Spieler, also was ich gelesen habe, hat der Nagelsmann es ja, glaube ich, auch gesagt. Ich bin ja lange Fan davon, dass man in der scheiß Nationalmannschaft endlich mal davon wegkommt, wie bei uns auch, diese ganzen Spieler dahin zu stellen, nur weil sie den Namen haben und irgendwie vor 3 Jahren mal performt haben in der Nationalmannschaft. Fakt ist doch, guck dir die letzten beiden großen Turniere an, guck dir die Spieler an, die dort auf dem Platz standen. Punkt. Beweisführung abgeschlossen. Ja. Dann hol doch solche Spieler rein. Spieler wie den Günther, kann ich immer wieder nur als Beispiel bringen. Spieler, die halt brennen. Ja, die brennen, die freuen sich, die sind stolz, die reißen sich den Arsch auf, die geben ihr letztes Hemd, um für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen und kommen nicht zur Nationalmannschaft wie diese ganzen gestandenen Herren vom großen Turnier und sagen, so, wir sind jetzt der Mannschaftsrat, wir müssen jetzt erstmal zum DFB, wir müssen jetzt erstmal die Prämien aushandeln, ne? Also, wenn wir die Vorrunde überstehen, gibt's schon mal 100.000 für jeden. Kommen wir ins Halbfinale, 250.000 für jeden. Gewinnen wir den Titel, kriegt jeder eine halbe Mille. So. Meinst du, da kommt so ein Typ drauf? Meinst du, da kommt so ein Jan-Niklas Beste oder so ein Günther, die kommen da zur Nationalmannschaft und denken sich, oh geil, Alter. Der Manu, ne, der handelt die besten Prämien aus. Hier kann ich noch mal in der Winter- und in der Sommerpause noch mal einen kleinen Nebenverdienst haben. So. Ja, mehr von den Spielern, Alter. Dann kann man sich die Nationalmannschaft auch mal wieder geben. Wenn da endlich mal wieder Spieler auf dem Platz stehen, wo du merkst, die haben Bock, die wollen. Die reißen sich den Arsch auf. Ja, ist dasselbe Thema wie bei uns. So. Da wurde auch immer nur gemauschelt in der scheiß Nationalmannschaft. Dann ersetzt mal den Jogi Löw mit dem Hansi Flick, Alter. Da hättest du auch gar nicht ersetzen brauchen. Der war vorher Co-Trainer jahrelang da. Ja, der hat die gleichen Spieler gepudert. Haben wir gesehen, wo es hingeführt hat. Ja. Da gehe ich mit dem Nagelsmann. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist sein Groß-Move. Also das ist wieder so ein Move, der in meinen Schädel nicht rein will. Aber vielleicht belehrt der Toni mich eines Besseren. I don't know. Ein gutes Erdinger Weizen. Also die Nationalmannschaft sollte für die Auswärtsspiele Jan Ulrich nominieren. Der kennt sich aus mit Siegen in der Trikotfarbe. Ja, aber der war nur gedopt, der Mann, ne? Das ist scheiße dann. Und er konnte das auch tragen, so wie Millionen Deutsche 1997. Ich verstehe nicht, warum die Aufregung 20 so groß ist. Im Gegensatz zum Heimtrikot sieht es nicht aus, als ob es die kostenlose Dreingabe zum Bierkasten ist. Ja, wie soll denn ein Heimtrikot sonst aussehen? Als klassisch weiß. Bot, hi. Wild, ja. Brian passt auch in die Carrera-Autos rein. Der ist auch mies. Arsenal ist nicht Lazio, die müssen die Leistung hochhalten, sonst sehe ich schwarz. Ah, alles gut. Alles gut. Wir werden die Leistung morgen schon hochhalten. Macht euch keine Sorgen, 5-0. Steht mein Tipp.
Warum sollte man Sacher verkaufen? Weil er zu schlecht ist. Er ist nicht gut genug für den FC Bayern. Hast du das nicht mitbekommen, GB, oder was? Wir sind nur Zweiter in der Liga. Goretzka macht mit seinem Gokal einen auf Fred Feuerstein. Er läuft ins Ziel. Ja. Weißt du, die Medien behaupten das mit Boe. Ja. Danach das Finale da gegen Chelsea. Ich glaube nicht, dass Chelsea in die Champions League kommt, Alter. Wird ein bisschen schwer, GB. Oder meinst du, sie kriegen Freilos zugesprochen als, was sind die? 10., 11. oder was? Ich glaube, das klappt nicht ganz. Ich wollte gerade schreiben, am besten sind die Kommentare, die jetzt fordern, dass Tuchel bleiben soll. Grandios. Ja. Was soll man dazu sagen? Das sind dieselben Kommentare, die sagen, man darf keine Spieler kritisieren, wenn man sagt, dass sie am Ende der Saison bitte den Verein verlassen sollen. Nicht loben darf. Kritisieren darf man darf sie nicht loben, wenn sie gut spielen. Das ist genauso sinnfrei. Mike, hallo, ich bin auch wieder am Start und sage immer noch, dass ich gesagt habe, ich ein Sechser ist. Was? Kimmich meinst du? Denke ich. Hoffe ich. Arsenal schaue ich mir mit dem Engländer an. Das müssen wir unbedingt gewinnen. Da hast du ja auf jeden Fall emotionale Fußballspiele vor dir. 0,0 Finn. Ja, ist doch okay. Irgendjemand hat es doch interessiert hier. Flick und Kimmich nach Barcelona, der Knabber im Gepäck gleich mit. Ich gehe davon aus. So, ich gehe davon aus. Das passt schon. Was bringen die 100 Tore, wenn man 10 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer hat? Ja, hast du 100 Tore gesehen. Ich habe mal eine Frage. Was ist denn bei FC Bayern München auf dem Bild? Nicht die Tasche. Was? Ich habe mal eine Frage. Was ist denn bei FC Bayern München auf dem Bild? Nicht die Taschenmannschaft. I don't know, Alter. Muss er mir mal ausführen. Raff ich nicht. Ich habe es auch schon versucht, aber er hat die Nachricht zurückgezogen. Hast du dich vielleicht verschrieben oder so? Einfach nochmal tippeln. Wie würdest du ein Finale finden? Bayern vs Barcelona im Finale. Also auf Atletico kann ich verzichten von der Seite. Gehen wir mal davon aus, ganz kurz, in den kühnsten Träumen kommen ins Finale. Wen würde man von der Seite gerne haben? Dortmund oder Barca, denke ich, würde uns wahrscheinlich am besten liegen. Also Atletico würde uns definitiv am schlechtesten liegen. PSG kann ich schlecht einordnen. Ja. Aber das ist, soweit brauchen wir nicht denken. Wir müssen erstmal gucken, dass wir überhaupt das Viertelfinale überstehen. Alles andere steht in den Sternen, wie man so schön sagt. Kai sieht das anders, also interessiert dich das jetzt? So sieht's aus. Das ist eine Diktatur hier, habe ich schon mal erklärt. Ne? Warum war bei den geheimen Kartrennen ein Bildreporter dabei? Weiß ich nicht. Weil ein Kollege vom Manu ist. Ersten 6. Haben wir ja gerade schon gesagt. Wie gesagt, es wäre doch super, wenn der Nagelsmann dann 4 Wochen hätte, oder? Statt nur die vom 1.6. Aber es sind ja eh nur die im Finale sind. Da müsste ja erstmal Bayern und Dortmund ins Finale kommen, damit er da überhaupt ins Schwitzen kommt. Obwohl er ist ja nur ein Dortmunder nominiert, also interessieren ihn die Dortmunder ja schon mal gar nicht. Also von daher, I don't know. Glaubst du, Bayern hat Interesse an Frimpong? Dann wäre der Boe-Transfer nicht unbedingt nötig gewesen. Interesse haben wir mit Sicherheit an vielen Spielern. Die Frage ist, was sinnig ist, ne? Nuss kann es auf jeden Fall verkaufen, ja. Ich gehe auch eigentlich fest davon aus, dass man dies tun wird. Genau, wir brauchen keine Länderspielpause, so sieht's aus.
Ja, natürlich interessiert das die FIFA nicht, aber da sitzen eh nur 80-Jährige plus Aufwärtsalter, die kaum noch atmen können. Die interessiert nur, dass sie sich auf ihren letzten Tagen noch die Taschen voll machen. Das ist die FIFA, Alter. Nee, ich habe Leverkusen nicht gesehen. Zu Pavlovic, Tell, etc. Man muss Talente im Gegensatz zu Tuchel regelmäßig spielen lassen. Barcelona hat am Weekend einen 17-jährigen IV aufgestellt, wurde sogar Man of the Match. Ja gut, dass Barcelona da schmerzfrei ist, das wissen wir ja. Ne? Und ich sag ja, wir müssen da halt einfach auch mal hinkommen. Und einfach mal an die Qualität glauben, die so manche Spieler haben. Und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Mein Gott. Ja, aber du hast es wenigstens versucht. Und erst recht, wenn wir so eine Leistung zeigen, wie wir sie halt über 11 Monate gezeigt haben. So, das ist ja der große Faktor. Wenn alle etablierten, hochverdienenden Superstars Top-Leistung bringen würden, bräuchten wir darüber ja nicht reden. So, dann ist doch alles gut. Ne? Dann brauchst du keine Jugendspieler dahinter, die super talentiert sind. Dann brauchst du Spieler dahinter, wenn die mal eine Pause brauchen, dass die auf dem Bundesliga-Niveau irgendwas hinbekommen. So, gut. Ne? Sehr gut. Optimus Prime, ich danke dir. Ich gehe nämlich da mal eben schnell pinkeln. Optimus Und hol mir ein Bierchen. 2307 liftet Tier 1 Subdukratü Gordeville. Optimus Prime 2307 giftet Tier 1 Subdu Dr. Arkham 85. Optimus Prime 2307 giftet Tier 1 Subdu Leo _929288. Optimus Prime 2307 giftet Tier 1 Subtu Benny the Boss _9. Optimus Prime 2307 giftet Tier 1 Subtu Kawa Inho. Ja, jetzt ist er weg, ne? Ist ja schon frech. Lässt er mich hier mit euch alleine. Weiß ja gar nicht, was er mir antut. Was haben wir denn so? Maulwurf, bla bla bla. Ich gebe hier unseren Maulwurf. Was haben wir hier? Geldgier. Und warum diese Geldgier Einzug gehalten hat und jeder einzelne Spieler quasi ein Unternehmen ist und ein Werbegesicht. Fußball war früher auch ohne das große Geld attraktiv, wenn nicht attraktiver. Ja, definitiv. Aber Geld regiert die Welt und es wird sich auch nicht mehr ändern, denke ich mal. Gibi, ich würde dir nichts von meinem Silikon-Hobby erzählen, damit kommst du gar nicht klar, da kriegst du Albträume. Kannst du gar nicht verarbeiten. Ja, ganz genau. Ja, die Tür schon. Ich hoffe, schon wieder im So, Anmarsch. ich hoffe, die Mara hat euch unterhalten. Ja, einer muss ja den Laden am Laufen halten. Sehr gut. Frech. Eingespieltes Team und so. Ja, du kannst gehen. Das ist jetzt mein Kanal. Hau ab. Ja? Ja, gut, dann setze ich mich nur hin und bin ruhig. Trink mal ein Bierchen. Das kannst du gar nicht. Also mach mal weiter. Optimus Prime, erstmal vielen lieben Dank für deine 5 verschenkten Subs. Vielen lieben Dank.
Mach mal weiter. Erstmal muss ich das hier notieren. Dann kann ich weitermachen. Also hast du noch Zeit. Da. Gibt hier keine Statistiken verloren gehen. Das ist wie beim Fußball hier. Herrlich, ey. Herrlich, herrlich, herrlich. So, wo war ich denn? Ich glaube nicht, dass Nagelsmann Trainer beim BVB wird nach der Kader-Nominierung. Ich bleib bei meinem Take. Ich bleib dabei. Punkt. Anbu hat nochmal 5 Liegestütze rausgehauen. Let's go. Geil! Ich habe schon drauf gewartet. Ich war schon überlegen, weißt du, wenn ich jetzt runterkomme, sage ich, für 5 verschenkte Subs mache ich auch 5 Liegestütze. Aber dann dachte ich mir, wird schon irgendeiner gleich raushauen. Ich kenn doch die Experten hier. Von daher. Anbu hat Wecker gestellt. Jetzt kommt da wieder der Adilettenkram. So. Leute. Ihr wisst schon, dass ich alt bin, ne? Aber ich gebe mir Mühe. Alles für den FC Bayern. Gar kein Problem. So. Ich glaube, ein Bonus, oder? Extra. Der Weg ist zu kurz. Ich muss immer erst noch Luft holen, weißt du? Muss einmal immer tief durchatmen danach. Ist leider weg. Jetzt haben wir schon Duse mit Arsenal, weil die einen schlechten Spielplan haben, oder was? Wild. Ach, Kadir, das ist wild, ne? Stellt sich mir die Frage, zu welchem Zeitpunkt dieser Wendepunkt war, dass alles nur noch auf das große Geld abzielt. Fußball zu meiner Kindheit waren Spieler, die ein Vorbild aus spielerischen Gründen. Ja, für mich persönlich war dieser Wendepunkt die Coman-Verlängerung. Oder die Alaba-Geschichte. Ja, das war mein persönlicher Wendepunkt. Kimmich-Bashing wird hier komplett wegmoderiert. Mittelstädt, Beste, Fürich, das sind Jungs, die für das Team brennen werden. Und Nagelsmann will Spieler mit klaren Rollen. Da wird Stammspieler, Ergänzungsspieler und Spezialisten geben. Gerade Beste sehe ich in der Spezialistenrolle. Wenn Kimmich uns die 13. Ecke ruiniert hat, kommt Jan in der 90. und verwandelt den ersten Standard direkt. Das ist zumindest meine Wunschvorstellung. Balbo. Balbo ist auf jeden Fall, wie hieß unsere Nationalmannschaft? Die Mannschaft? Das Team, die Mannschaft. Auch so super kreativ, oder? Ich muss übrigens noch deinen letzten Prime-Sub vorlesen. Auch noch. Hab ich gar nicht gehört, weil ich nicht da war. Walsi Dalf. Vielen lieben Dank für dein Primey. Das schönste Trikot von 1990. Ja, das habe ich im Schrank hängen, Alter, mit Lothar hinten drauf. Geil, oder? Müsste ich mal anziehen, dann sehe ich aus wie eine Presswurst, wenn ich überhaupt reinkomme. Also, wenn mir das irgendwann wieder passt, habe ich es geschafft, ey. Also das so packen, aber die müssen Gas geben. Ja, wir müssen so oder so Gas geben. Wir reden über Viertelfinale der Champions League, Leute. Also da kannst du nicht mit Halbgas irgendwie auch nur daran denken, dass du weiterkommst, egal gegen welchen Club. Anbu. Die VfB-Spieler haben international leider keine Erfahrung. Ja, wen interessiert es denn immer? Dieses Argument auch immer. Weißt du, das ist auch so ein Argument, was ich so gar nicht verstehe. So, jetzt mal ernsthaft, wa? Ich weiß, ich laber jetzt wieder, ich muss dann gleich, kann es nicht mehr lesen, weil es hochscrollt.
dieses Argument zu bringen, ja, die haben keine internationale Erfahrung. Ist der Ball international eckig? Dreieckig? Wiegt der 2 Kilo mehr? Ist das Tor größer oder kleiner? Ist das Spielfeld rot anstatt grün? Was ist das für ein Argument? Fühle ich gar nicht. Wir reden über Fußball, Leute. Fußball. Ja? 11 auf jeder Seite, 2 Tore im Ball. Was spielt das für eine Rolle, ob das ein Bundesligaspiel ist, ob das ein internationales Spiel ist, ob es, was weiß ich, was ist. Also ein Spieler, der in der Bundesliga ein halbes Jahr überzeugt, kann dann international nicht spielen, weil er keine Erfahrung hat, oder was? Was ist das für ein Argument? Das fühle ich gar nicht. Wir können ja darüber reden, keine Ahnung. Nehmen Champions League, Rückspiel, auswärts oder jetzt für uns, so Arsenal kommt zu uns. Ja? So, die kennen das nicht, so Viertelfinale Champions League, eine besondere Stimmung, bla, Sülz, irgendwie, ja, hat das vielleicht einen kleinen Einfluss. Ja, das ist aber auch alles, deswegen können die Jungs doch auf einmal trotzdem noch Fußball spielen und sagen nicht, ach du Scheiße, das ist ja Champions League. Ach du Kacke, das kennen wir gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Da läuft die Hymne von der Champions League, du Kacke. Nee. Da haben wir gar kein Selbst, da haben wir gar keine Erfahrung. Da ist der Ball dreieckig. Und es gibt 5 Schiedsrichter. Und nur 6 Spieler auf dem Feld. Wie soll man damit klarkommen? Leute, das ist ein Argument, das ist auch so Presse erfunden. Ganz ehrlich. Am Ende ist es Fußball. Der Wettbewerb spielt doch keine Rolle, Alter. Bild. Ah, so. Gute Freunde kann niemand trennen, so sieht's aus. Er macht schon wieder Emery-Take hier. Bayern im Losglück mit Arsenal. Alter, die Meinungen gehen bei euch aber auch auseinander wie ein Spagat, Alter. Der eine kommt rein und sagt, boah, der Arsenal ist erster in England. Wir brauchen gar nicht erst auflaufen. Dann kommt der nächste rein. Boah, da habt ihr mal den Spielplan von Arsenal gesehen. Der ist ja voll Bayern. Und jetzt kommt der nächste rein. Ja, ihr habt ja mal Losglück mit Arsenal. Ja, Leute. Kommt mal klar, was ist denn los mit euch? Wo ist denn Arsenal jetzt Losglück? Auf was bezogen denn bitte? Dass sie schlechten Fußball spielen dieses Jahr? Dass sie unerfolgreich sind dieses Jahr? Dass sie 14. der italienischen Liga sind, oder was? Was ist das denn für ein Take, Alter? Eieiei. Ich muss gerade an meine Hanuta-Klebebilder der National denken, mit Rudi Völler und Co. Ja, das habe ich auch mal besessen und das war auch voll, aber wo das geblieben ist. Das Schlimmste ist, 1990 war ich in Spanien im Urlaub. Zu der Zeit. Mein Tipp, Arsenal 2, Bayern 4. Ja, nehme ich mit. Auch schon. Man City wird Real auseinandernehmen. Ja, ja. Na klar. Na klar, ich denke, der Haaland macht allein 10 Hütten, oder? Locker. Ist ja gesetzt auch. Ist ja zweiter, ist dritter in England, oder? Ist ja auch Gesetz. Die marschieren durch. Wild. Selbst wenn wir eine absolute Top-Mannschaft haben, kann man 2 Talente einbauen. Die müssen ja nicht Stamm sein, nur regelmäßig spielen. Ja, ich denke, das ist selbsterklärend. Ja? Es kommt natürlich immer auf die Qualität der Talente an, aber wenn du jetzt einen Pavlovic als Talent nimmst oder auch einen Tell, ich denke, da sind wir uns alle hier einig, dass die auf jeden Fall das Talent haben und das Niveau haben. Ja? Das sieht man ja gerade. Also es kommt halt immer auf die Talente an. So, wie weit die halt sind vom Kopf, vom Spielerischen her und so weiter. Alt und grau darf er werden, aber nicht frech, Kai.
Ja, ich bin immer frech. Maro übernimmt jetzt den Chat, den Kanal und die Kritik am FCB. Tuchel kann sich warm anziehen. Kimmich würde sich freuen. GB, ich muss die Treppe hochgehen, Alter. Da musste ich noch ein Bier aufmachen. Da habe ich das verkehrte Bier aufgemacht. Da muss ich ein anderes Bier suchen. Ja, solche Sachen. Da muss ich noch Bier im Kühlschrank packen, was leer und so. Das heißt, du hast das falsche Bier, was du aufgemacht hast, schnell runtergekippt? So auf Das Ex habe ich und- wieder in den Kühlschrank gestellt, weil das wollte ich Ja. gerne probieren. Aber ich weiß Mhm. nicht halt, wie es schmeckt. Ich wollte jetzt aber mir nicht die Peinlichkeit geben, mich hier hinzusetzen und ein Bier zu trinken und es dann auszuspucken. Von daher bin ich auf mein gewohntes helles Augustiner. Ich habe halt ein Augustiner Export. Irgendwie so. Muss ich probieren. Ich finde Arsenal als Gegner geil. Hoffe, wir gehen mit offenem Visier in die Spiele und schenken denen 5 Stück ein pro Spiel. Dann ist es Wurst, was hinten passiert. Na gut, wenn wir 6 kriegen, ist nicht Wurst, Snake. Wa? Wir müssen also gucken, dass wir nur 4 kriegen. Aber ich denke auch, wir werden guten Fußball sehen in den beiden Spielen. Hoffe ich zumindest auch. Und ich denke auch, es werden torreiche Spiele werden, ja. Aber ich hoffe, dass unsere Abwehrreihe sich ein bisschen noch mehr findet, wie jetzt schon getan. Ja, das wird wichtig sein. Ja, was ist mit der Stadionwurst? Was ist damit? Ach, und keine Wurst. Nee, wenn dann auch nur vegetarische Wurst. Verdient dein Bier. Ey, ich hab schon 10 Liegestütz gemacht, ne? Da ist auf jeden Fall verdient. Ackerfladi bei YouTube. Versuche ich mir mal zu merken. Aber mit den 20 Millionen Namen hier ist das immer ein bisschen schwierig. Aber ich gebe mein Bestes. Wo ist eigentlich die Musik aus den Erwachsenenfilmen von deinem anderen Kanal beim Liegestütze machen? Macht ja die ganze Atmosphäre kaputt. Ja, ich habe das Öl nicht stehen, ja, und ich darf hier nicht oberkörperfrei und so. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du dann auch die Musik weg. Liegestütze auf 10 erhöhen, sonst lohnt's nicht. Ja, ihr habt alle große Fresse, Alter. Mach erstmal alle 20 Minuten 10 Liegestütze und mach das bitte im Video, dass ich das auch sehe. Und wenn du jetzt mir erzählst, du bist so ein 25-jähriger Sprössling mit Idealgewicht, Alter, da habe ich dir auch noch 50 Liegestütze gepumpt. Wenn du aber ein alter, fetter Sack bist, dann pump mal 10 Liegestütz. 10 Liegestütz schaffe ich wohl noch, habe ich erst letztens live gemacht, aber wir müssen es ja auch nicht übertreiben, wa? Da muss ich erstmal hier sitzen und 2 Minuten Luft holen, damit ich wieder eure Sachen vorlesen kann. Wage folgende These: Hätte Tuchel spätestens mit dem Beginn der Rückrunde die jetzige Aufstellung gewählt, vor allem RV, IV 6, wäre der Kampf um die Meisterschaft noch offen. Ja, na klar, 100%, Freund Manfredo. 100%. Also meine Meinung, ja. Klar, hätte Fahrradkette, wir wissen es nicht, wir können nicht zurückreisen, aber ich gehe mit dem Take auf jeden Fall mit, ja. Die Mannschaft, ja, super kreativ, oder die Mannschaft. So einfach Deutsch, oder? So einfach Deutsch. Die Mannschaft. Bueva Panikkauf. Eieiei. Woher weißt du das denn? Und selbst wenn er ein Panikkauf war, heißt das, dass er schlecht ist, oder was? Und Dyer war ja angeblich auch ein Panikkauf und super schlecht, kein Stammspieler, aussortiert bei Tottenham. Sieht man ja gerade, oder? Haut immer wilde Takes hier raus. Wild. Hab jetzt Hunger auf Leberwurst bekommen. Leberwurst. Leberkäse. Ich fände den ein guter Name für unsere Nazio. Männers. Das war zumindest bei uns im Verein der Ruf des Trainers für uns Spieler auf dem Platz. Männers, auf geht's. Männers.
Aber da müssen ja auch Männer auf dem Platz stehen. Also das ist so ein bisschen das Problem, oder? Weiß ich nicht. Nicht, dass der eine oder andere sich dann diskriminiert fühlt. International weht ein anderer Wind. Ja, ist richtig. Da ist der Wind kälter und stärker, ne? Eieiei. Ich denke, dass der Druck ein anderer ist, sonst ist alles gleich. Ja, aber es kommt doch immer aufs Spiel drauf an, oder? Und in welcher Rolle du bist. So, keine Ahnung. Nimm Leipzig gegen Real Madrid. So, glaubt ihr, die Leipziger haben Druck gehabt? Ich denke nicht. Also, das kommt ja auch immer auf die Mannschaft drauf an und gegen wen du spielst, ob du dann der Favorit bist und Druck hast. Auch in der Nationalmannschaft. So, wo hat unsere Nationalmannschaft gerade Druck? Also, ich denke, jeder, der ein bisschen realistisch ist, erwartet nichts von dieser Mannschaft. Ja, man hat so ein bisschen Hoffnung, weil Heim-EM, dass so der Funken überspringt, dass ein kleiner Lauf passiert. Aber ich glaube, du findest keinen, der jetzt super überrascht wäre, wenn wir spätestens im Achtelfinale ausscheiden würden. Ja? Also auch da sehe ich nicht den Druck. Ist für mich nicht so das Argument. Ja, in manchen Partien gehe ich mit. Ja, na klar, ist das schon ein Unterschied. Aber du hast in der Liga genauso Druck, je nachdem, welches Spiel es ist. Wenn Dortmund gegen Leipzig spielen wird, haben beide Teams Druck, ein bisschen platzen. So, die sind einen Punkt auseinander, es geht um die Champions League. Also, da wird nicht weniger Druck sein, als würdest du international spielen. Also, das ist für mich kein Argument. Ich mag ich finde kein passendes Argument, wo man sagt, das ist international, das ist jetzt was ganz anderes. Nee, ist es nicht. Es ist am Ende des Tages Fußball. Ja, und Druck hast du genauso, wie ich es gerade erklärt habe, mal da, mal da. Also, nee, fühle ich nicht. Oder neben Frankfurt zum Beispiel so. Haben die Druck gehabt, wo sie marschiert sind in der Euroleague? Nee, die haben Spaß gehabt. Die haben Freude gehabt. Ja? Also, man redet das den Spielern immer ein. So, es ist international, bla, Sülz. Nee, fühle ich persönlich nicht so. Aber es ist ja auch völlig okay, wenn ihr das anders seht. Also ich würde das fühlen, wenn du dich jetzt mal hinstellst, bitte. Vielleicht geht der Druck dann auch weg. Ich habe keinen Druck. Stell dich sicherheitshalber trotzdem mal Und hin. wenn ich Druck hätte, Baby, dann hilft das nicht, wenn ich mich hinstelle. Solltest du wissen. Also hast die Flasche doch weggeäxt, ne? Ja. Frech. Oh. Wild, wild, wild. Dann noch von der Mara rausgeballert. Frech. Frag mal Opa. Ja, aber woher willst du das wissen, dass es am Druck scheitert beim Opa? Ja, ja. Weiß ich nicht. Und dann hat er den Druck ja auch nicht nur international gehabt, oder? Also wenn du schon das Beispiel bringst, kann man es ja gleich widerlegen. GP. Merkst du, oder? Sehr gut. Die Champions League Melodie macht was psychisch. Beim ersten Mal kann es wie bei vielen nach 30 Sekunden vorbei sein. Ja, haben wir gesehen gegen Villarreal zum Beispiel letztes Jahr, was die macht, ne? Ja, ich verstehe ja diese Argumente, dass man sagt, ja, so ein Champions League Spiel ist wichtiger. Aber guck doch mal aus welcher Perspektive. Wenn du der FC Bayern bist, ja, 100% true. Ja, und dann ist es wahrscheinlich wichtiger, gerade nach den 11 Meisterschaften, dass du eine Champions League performst und sie vielleicht gewinnst. Bist du RB Leipzig, denke ich, ist es wichtiger, dass du dich erstmal für die Champions League qualifizierst, anstatt dass du in der Champions League ins Viertel- oder Halbfinale kommst. Ja? Also das ist ja immer unterschiedlich. Und nochmal, für zum Beispiel Union Berlin war es einfach nur Bonus, Alter. Die haben sich einfach gefreut, mal in der Vorrunde 6 Champions League Spiele machen zu dürfen. Die haben bestimmt keinen Druck oder schlotternde Knie gehabt, wenn sie die Hymne der Champions League gehört haben. So, ja, also das ist kommt immer auf die Situation drauf an. Ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. So international ist anderer Wind. Also weiß ich nicht.
Ja, man spielt gegen Gegner aus anderen Ländern. Ja, das ist der große Unterschied. Halleluja. Ja, das mag ja auch noch vor 30 Jahren, 20 Jahren war das vielleicht noch anders, weil der Großteil in deiner Mannschaft aus deinem Land war. Du hast gegen andere Spieler gespielt, wo dann auch der Großteil nur aus diesem Land war. Ja, dann hat man eine bestimmte Philosophie gehabt, die Unterschiede von den Nationen, aber das hast du doch heute alles nicht mehr. Heute ist alles durchgewürfelt. Du spielst gegen eine russische Mannschaft, da sind 2 Russen im Team. Der Rest sind Brasilianer. Dynamo Kiew zum Beispiel. Ja, die haben auch mehr Brasilianer und Argentinier als wie aus ihrem eigenen Land Spieler gehabt. So, das ist doch alles nicht mehr so. Nee, würde ich nicht. Mehr Liegestütze, weniger Leberkäse schon gegen die Kilos runter. Ich habe in diesem Jahr noch nicht einmal Leberkäse gegessen, Gerald Berger. Frech, oder? Die Spielerbelastung ist entscheidend. Klarer Vorteil für Bayern gegen Arsenal. Die Arsenal-Spieler haben 0 Erholung. Ja, na klar, das ist der super entscheidende Faktor. Wissen wir alle. Kennen wir beim FC Bayern auch, ne? Eieiei. Naja, als wir bei der Stadiontour waren und da die Champions League-Hymne lief, wusste ich auch nicht mehr, wie man die Treppe runterläuft. War gleich ein anderes Gefühl. Ohne Worte. Prost, Chico. Gehen die Liegestützen auch mit Händeklatschen, also nicht vor oder nach der Übung, sondern zwischen Hoch- und Tiefpunkt? Das könnte mir gefallen und anderen vermutlich auch. Ja, Manfrede, musst du mal 5 Subs verschenken, dann probiere ich das mal. Aber für umsonst breche ich mir jetzt nicht die Finger, also. Weil ich bin nicht der Tuchel, wenn er sich ein Zeh bricht, dass er unsere Mannschaft gewinnt, also müssen wir schon irgendeinen Anreiz haben, wa? Einer klappt vielleicht, aber dann hört es, glaube ich, auf. Klar, wir haben weniger Stress, bei uns geht's um nichts mehr in der Liga. Ja, ja. Nee, auch den Take fühle ich nicht. Ja. Sorry. Also wir haben sonst auch alle 3 Tage gespielt und da haben wir besseren Fußball gespielt, als wenn wir jetzt eine Woche Pause haben. Nee, sorry. Eigentlich soll es doch bei einem Flutlichtspiel mit Champions League Musik als Profi richtig aufdrehen. Dafür hast dich doch jahrelang gequält, dass das Spielen aus. Ja, ganz genau. Sehe ich nicht anders. Glück haben wir im Halbfinale gegen Real City. Ja, wir haben super viel Glück. Die Mara das schon beantwortet? Nur bei bestimmten Triggerworten. Okay, sonst hätte ich das kurz beantwortet, aber dann ist ja gut. Hoffenheim hat gegen Wolfsburg gewonnen. Werden wenigstens die Damen Meister. Tja, habe ich doch gesagt. Naja, ist schon ein Unterschied, sonst würde doch jeder Spieler, der nach München kommt, damit klarkommen. Aber du weißt selbst, wie viele gescheitert sind. Arsenal in der Champions League ist schwächer. Ja, wie gesagt, ich fühle den Punkt nicht. Fühle auch nicht den Punkt, wer ist denn schwächer gewesen in der Champions League? War jetzt ein Pavlovic schlechter in der Champions League wie in der Liga zum Beispiel? So, wenn ein Spieler bei uns scheitert er mit Sicherheit nicht daran, dass der FC Bayern in der Champions League spielt. Dann scheitert er einfach an dem generellen Druck in diesem Verein, dass man immer gewinnen muss. Ja. Das ist mit Sicherheit ein Faktor bei uns im Verein, wie bei jedem Spitzenverein, gehe ich 100% mit. Aber es ist doch nicht der Unterschied, ob du jetzt international spielst oder ob du in der Liga spielst. Das ist doch beim FC Bayern. Du hast immer Druck. So, du hast immer Druck. Punkt. Ja, wo soll da jetzt der Unterschied sein? Ja, intern ist die Champions League aktuell höher bewertet bei uns, keine Frage. Ja. Aber das kannst du doch nicht verallgemeinern und sagen, international weht ein anderer Wind, das ist was ganz anderes. Nee, fühle ich nicht. Bleibe ich bei. Servus Kai, ich denke, das schlimmste Los wäre Atletico gewesen. Bei Arsenal bin ich optimistischer. Ja, Karl-Heinz, gehe ich 100% mit. Ich denke, gegen Atletico auf 2 Spiele gesehen wäre das sehr, sehr schwer für uns geworden.
Diese Saison ist die Qualität im Viertelfinale echt hoch. Ausnahmsweise wegen 5 Champions League Plätze kein Bashing gegen die Gelben. Nee, auch sonst kein Bashing. Warum? Ja. Es geht ja nicht nur dieses Jahr um die Wertung der 5-Jahres-Wertung, es geht jedes Jahr darum. Ja, deswegen ist es eigentlich fehl am Platz, andere deutsche Mannschaften zu bashen. Ich habe es ja im letzten Stream gesagt, früher war ich genauso, ich habe denen das auch nicht gegönnt, aber mittlerweile bin ich da relaxter. Ja, natürlich ist Arsenal eine super Mannschaft. Die sind ja nicht umsonst Erster in der stärksten europäischen Liga. Also. Das ist doch klar, dass das nicht einfach wird. Ich sage ja, aber ich sehe das 50-50. Wenn wir unsere Form natürlich haben. Ansonsten haben wir einen Rückfall in alte Zeiten, haben wir keine Chance. So, da müssen wir ja nicht drüber reden. Ja? Also nochmal, wir saßen hier vor 4 Wochen und haben gesagt, wir brauchen gar nicht daran denken, dass wir gegen Lazio weiterkommen. Ja? Also wir müssen mal gucken, wo wir herkommen. So. Aber natürlich haben wir die Qualität im Kader. Wenn der Trainer sie mit der Mannschaft zusammen auf den Platz bekommt, müssen wir uns nicht verstecken. Nochmal, da vorne ist ein Harry Kane, Alter, der mit zu den Augen Tore schießt. Ja? So. Punkt. Ja, also den Take hier von Optimus Prime mit Champions League-Spiele sind quasi Finals, die gespielt werden. Die Liga besteht aus 34 Spieltagen. Bedeutet, man kann es in 90 Minuten verkacken. Bedeutet mehr Druck in der Champions League, da hat er schon recht. Nee, wenn dann in 180 Minuten, weil du ein Hin- und Rückspiel hast, Ja, du weißt aber, was ja, gemeint dann ist. hast du mehr Druck. Du hast aber denselben Druck, wie ich es gerade schon gesagt habe. Wenn Dortmund jetzt gegen Leipzig spielt, wo meinst du, wo hat Dortmund denn mehr Druck? Wenn sie jetzt in der Champions League gegen Atletico Madrid spielen oder wenn sie in der Bundesliga gegen Leipzig spielen? Oder? Wenn du Terzic als Trainer hast, ey, dann hast du immer Druck. Ja, man kann das doch nicht so verallgemeinern. So, das ist doch nur, was ich sage. Du kannst das nicht verallgemeinern. Das ist super, viel, viel wichtiger für Dortmund nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Und nicht, ob sie gegen Atletico weiterkommen. Beim Wehrdienst, Gerd Berger, ja, beim Wehrdienst. Junge, Wehrdienst ist bei mir 27 Jahre her. Hör mir auf, Alter. War er noch jung und drahtig. Beim Wehrdienst war ich in Stetten, AKM, da waren die Liegestütze mit dem Gewehr, die linke Hand unter und die rechte über den Gewehr, damit man Druck machte auf die linke Hand. Ja. Es waren noch Zeiten. Nee, ich verstehe das natürlich, dass du, aber auch je nach Mannschaft, ja. Wenn der FC Bayern, keine Ahnung, gegen, nimm Villarreal das Beispiel, natürlich haben wir da mega Druck gehabt. So, haben wir jetzt mega Druck gegen Arsenal? Ich glaube nicht. Ja. Nach der Saison, wo wir herkommen, na klar, ist ein gewisser Druck da. Es wäre schön, wenn wir weiterkommen, gar keine Frage. Aber dass man jetzt sagt, so der FC Bayern ist der haushohe Favorit, ist doch gar nicht der Fall. Ja. Also weiß ich nicht, ob wir da so von dem Druck reden können. Ja, wir können davon reden, weil es der letzte Titel ist, den wir überhaupt gewinnen könnten, ja. Aber nee, also ich fühle das nicht, diese Aussage zu sagen, ja, das ist international, das können die nicht, da haben die noch keine Erfahrung. Das ist ja der Take, worum es am Ende des Tages ging. Natürlich herrscht ein anderer Druck, je nach Mannschaft, je nach Verein, je nach Spiel, gegen wen man spielt, bla, Sülz, gar keine Frage. Aber nochmal, du hast in der Bundesliga oder in der Liga allgemein, nimm doch mal Arsenal oder nimm mal Manchester City. So. Oder nimm Liverpool. Meinst du, die haben mehr Druck in der Champions League, wo Liverpool nicht dabei ist, als wenn sie in der Liga jetzt im Topspiel gegen Arsenal spielen? Nee, ich glaube nicht. Ja. So, das muss man doch individuell sehen. Diese Druckgeschichte. Es ging ja nur um den Take zu sagen, ja, international weht ein anderer Wind, dann können die das nicht spielen, weil die keine Erfahrung haben. Und das ist halt faktisch falsch. Guck dir Freiburg an, guck dir Frankfurt an, wo die überraschend in die Europa League gezogen sind und sind da durchmarschiert. So, haben die auch keine Erfahrung gehabt international. Macht das einen Unterschied? Nein. Wenn du einen Lauf hast, hast du einen Lauf. Punkt. Die Mannschaft ist, in Spanien ist La Mannschaft, der ist ja genauso kreativ.
Bierhoff, Bierhoff, ey. Anbo. Ich überlese das jetzt einfach mal, was du da geschrieben hast mit dem Blauen. Chico schreibt, Fußballer sind doch genauso verschieden wie die gesamte Gesellschaft. Nicht jeder kann auf höchstem Niveau in der Champions League zum Beispiel performen. Sonst hätten alle großen Mannschaften einen riesigen Pool an Spielern. Mertesacker hat vor Champions League-Spielen regelmäßig gekotzt. Ja, na klar. Da sage ich ja auch nichts gegen, aber es ist ja umgekehrt genauso. Wer sagt denn nicht, dass so zum Beispiel, nehmen wir von uns ein Beispiel, nehmen wir den Kretzig. Also den Kretzig schätzt sich so ein, dass der Wumpe ist, ja, wenn der auf den Platz geht. Zumindest strahlt er das aus. So, das ist ja, was ich meine. Das heißt doch nicht, nur weil er jetzt noch nie gespielt hat, keine Erfahrung hat. Scheiße, ich fühle das einfach nicht. Nee, sorry. Dafür kommen doch auch immer wieder Mannschaften durch, die keinerlei Erfahrung haben. Ich sehe schon, da bist du dir mit Chat heute nicht einig. Nee, muss ich ja auch nicht. Doch auch völlig okay. Ist die Spielbelastung zwischen Premier League und Bundesliga unwichtig, was Champions League angeht? Ich würde sagen, das kommt auf die Mannschaft drauf an. Manche Mannschaften sind halt besser, wie der FC Bayern es jahrelang war, wenn sie alle 3 Tage spielen können. Ja? Manche Mannschaften sind dann ausgelaugt. 100% richtig. Ja, guck dir Freiburg an. So. Aber das kann man nicht verallgemeinern. Du kannst jetzt nicht sagen, guck dir Arsenal Spielplan an, die spielen davor 3 Tage, spielen danach 3 Tage, was weiß ich habe keine Ahnung, müsste ich nachgucken, weiß ich nicht. Der FC Bayern hat eine Woche Pause, hat 3 Tage mehr frei. Ja, klar, kann das ein Vorteil sein, wenn der FC Bayern das zu nutzen wüsste, was er nicht kann? Wir haben nach 10 Tagen frei 5:1 in Frankfurt verloren. Beweisführung abgeschlossen. So, oder? Ich weiß nicht, wie Arsenal tickt. Ob sie es mögen, alle 3 Tage zu spielen, ob sie lieber eine Mannschaft sind, die 2 Tage regenerieren, 3 Tage super Training haben, dann ein Spiel spielen, das weiß ich nicht. Das ist mir aber auch scheißegal. Ja? Das ist halt kein Argument. Du kannst ja das Argument bringen, wenn man weiß, ja, der FC Bayern ist super stark, wenn er eine Woche Pause hat. Das ist aber faktisch nicht. Guck dir Statistiken an, das ist faktisch nicht gegeben. Ja? So, damit brauche ich mich mit Arsenal gar nicht beschäftigen. So, fertig. Das kommt da immer auf die Mannschaften drauf an. Die eine kann das oder will das und die andere nicht. Ganz einfache Kiste. Koido, servus! Ist quasi wie ein Kimmich, macht eine Ansage und liefert nicht. Auf was bezogen? Auf GB. Okay. Lange Flüge sind auch echt anstrengend für solche armen Fußballer. Muss man sich auch mal selbst reinversetzen. Ja, die armen Fußballer. Das weiß ich, dass Dynamo Kiew Ukraine ist, du Birne, Alter. Was ist denn los mit dir? Junge. Haben wir gerade ein bestimmtes Thema? Ja, haben wir. Wir haben das Thema, dass international was ganz anderes ist wie Liga. Dass man, wenn man international keine Erfahrung hat, quasi schon ausgeschieden ist gegen eine Mannschaft, die internationale Erfahrung hat. Das andere Thema... Was war das andere Thema? Ich hab's verdrängt. Nationalmannschaft? Nee, das war kein Thema. Das war ziemlich lange. Ach so, jetzt. die Belastungssteuerung war das andere Thema. Dass Arsenal einen super Nachteil hat gegen uns, weil Arsenal in der Zeit vor dem Champions League spielt. Ich weiß nicht, klärt mich auf, ob die 3 Tage vorher spielen oder nicht. Und der FC Bayern nicht. Das ist das andere Thema. Dass das also ein Riesenvorteil für uns ist und für Arsenal ein Riesennachteil. Ja, das sind die Themen gerade. Dein Arsch kommt auch auf meine Liste. Mal diese Filmzitate. Ein Fehler in der Champions League wie Upper gegen Manchester City und man redet noch Jahre drüber. Derselbe Fehler am 5. Spieltag in der Liga hat man schon ein paar Wochen später vergessen. Ja, das ist richtig. Fido, hau rein.
Eieiei. Ist schon scheiße, wenn da jemand steht, der eine andere Meinung hat, wie man selber hat und man dann, ja, eure was Selbstdarsteller. Junge, Alter, bist du 15 oder was? Alto Belly, Alter. Ich sag doch zu dir auch nicht au revoir, nur weil du eine andere Meinung hast. Du kannst ja eine andere Meinung haben. Eieiei. Was für eine Wurst, Alter. Ich sag also, der gewinnt 3:1 in München unentschieden. Ja, wer weiß, kann auch passieren. Da Vereine Wirtschaftsunternehmen sind und in der Champions League richtig Geld verdient werden kann, ist aus dieser Sicht vielleicht für die Mannschaft der Druck größer. Ich weiß nicht, ob das unbedingt in den Spielerköpfen drin ist. Beim FC Bayern vielleicht, ich habe ja schon mal gesagt, wir müssten immer unterscheiden, ja, zwischen welchen Vereinen. Man kann das halt nicht pauschal sagen. Dann kannst du auch sagen, ja, der FC Bayern kann es besser verkraften, wenn er mal aus 50 Millionen aus der Champions League verzichtet, wie Eintracht Frankfurt, die 30 Millionen aus der Europa League holen. So, wer kann denn besser auf das Geld verzichten? Also wer hat da mehr Druck? Kannst halt auch umdrehen, das Ganze, ne, weißt du? Klar macht das einen Unterschied. Du hast doch gesehen, was vor dem Lazio-Rückspiel los war. Medial ist das was ganz anderes, als in Bochum zu spielen. Aber Topspieler müssen das wegstecken. Ja, ja, klar, kannst du so sehen. Und nochmal, ist beim FC Bayern mit Sicherheit auch so. Aber wir können das doch deswegen nicht verallgemeinern. Darum geht's doch gerade. So, wir müssen uns mal entscheiden. Wir können ja gerne beim FC Bayern bleiben. Dann können wir gerne mal diese Szenarien alle durchsprechen. Ja, da stimme ich bei vielen Sachen zu. Aber man kann das doch nicht verallgemeinern und sagen, ja, international ist was ganz anderes, da weht ein anderer Wind. Das ist halt einfach Schwachsinn. In meinen Augen, ja. Beim Selbstdarsteller. Hätte der Dortmund gefeiert, das ist nicht ein Champions League Gegner. Ich nicht, ne. Ist doch schön. So, es gibt 2 deutsche Mannschaften, eine Mannschaft pro Seite, ist doch das Beste, was passieren kann. Alto Belly. Tschüss. In England ist es aber windiger als in Deutschland. Das müsstest du auch erstmal beweisen, Jimmy. Ich finde, wir haben schon Glück in der Champions League. Was will man mehr? Arsenal ist eine sehr gute Mannschaft. City Real als Halbfinalgegner, Sieger, Rekordsieger und dann ein mögliches Finale. Wir haben richtiges Losglück für solche Spiele. Ich mit Schmetterling im Bauch ein. Ich finde das auch geil. Ja, von der Ansetzung der Spiele, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es für uns als Verein auch besser ist. Dass du solche Gegner hast wie... Aber gut, es sind gerade keine nicht namhaften Gegner drinne. Ja, also... Hättest du jetzt gesagt, keine Ahnung, gegen Barca wäre ein Scheiß los gewesen? Vom Namen her? So, man hätte das bei Atletico gesagt und man hätte das bei Dortmund gesagt. Bei Dortmund, weil es eine deutsche Mannschaft ist und bei Atletico, weil uns sie zu 90% rausgeschossen hätten. Ja, so kreativ, wie wir nach vorne sind. So, aber alle anderen Lose ist doch egal, ob da jetzt Real Madrid steht, ob da Barcelona steht. Also jetzt mal ehrlich. Oder ob da PSG steht. Also dieses Jahr ist es einfach ein sehr, sehr gutes Viertelfinale von den Mannschaften her. Das ist doch geil. Genau. Sané darf nur seine Verletzung auskurieren, wenn es eine Bombenleistung morgen ist. Er muss morgen liefern. Wenn das nicht tut, Straftraining 2 Wochen lang. Auf das Maga-Trainingslager. Der ist gut, Niklas. Champions League sind quasi Finale gespielt werden. Die Liga besteht aus 34 Spieltagen, bedeutet, man kann es in 90 Minuten verkacken in der Champions League. Ja, richtig, aber genauso hast du ja gesehen, dass man es in 90 Minuten gegen Leverkusen aus Bayern-Sicht auch verkacken kann. Und dann danach nochmal in 90 Minuten gegen VfL Bochum zum Beispiel. So. Will man jetzt sagen, da war kein Druck auf diesen Spiel? Wenn man schon im Hintertreffen war? Oder da wäre weniger Druck drauf gewesen wie im Champions League-Spiel für uns jetzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, im Leverkusen-Spiel war so viel Druck, dass ein Tuchel sich daraufhin vercoacht hat. Ne?
Und dann in Bochum wild, oder? Dass die Mannschaft an dem Druck zerbrochen ist. Ja. Und wenn wir jetzt reden, die Mannschaft ist super viel Druck gewöhnt aus der Champions League, ja, dann wäre sie es ja auch in der Bundesliga gewohnt gewesen. Ja. Oder man kann natürlich argumentieren, ja, die Bundesliga ist dem Spieler nichts wert. Ja, das Argument können wir vielleicht durchgehen lassen. Aber nochmal, wenn Dortmund gegen Leipzig spielt, ist da genauso viel Druck auf dem Kessel oder aktuell gerade generell bei diesen beiden Vereinen ist in jedem Bundesligaspiel Druck auf dem Kessel. So, da sind wir dann auch wie bei dem anderen Argument von wegen 50 Millionen aus Champions League. Ich denke, für Dortmund wird es auch super wichtig sein, die Millionen aus nächstes Jahr in der Champions League zu haben. Ja? Für Leipzig jetzt vielleicht nicht so unbedingt, aber da ist auch Druck drauf. Wenn wir jetzt nur beim Thema Druck bleiben, ja, ich gebe dir recht, so die ersten, nimm die Hinserie in der Bundesliga. Hast du natürlich nicht den Druck, wie du ihn in der Champions League hast. Oder im Europapokal, gar keine Frage. Aber spätestens jetzt, in dieser Phase der Saison, nee, hast du in der Liga genauso Druck. Es sei denn, du bist so wie wir gerade im Niemandsland der Tabelle. So, dann haben wir hier Optimus Prime. Darf nur Bayern keine Auswärtsfans haben im Viertelfinale oder alle Teams? Nein, das ist eine UEFA-Strafe gewesen, weil Bayern-Fans wiederholt Pyrotechnik gezündet und aufs Feld geschmissen haben. Daher keine Auswärtsfans. Ja, sie haben Pyrotechnik gezündet, dann gab es eine Verwarnung. Beziehungsweise, wie nennt man das? Eine Bewährung. Und weil man dann während dieser Bewährungsphase gezielt Pyrotechnik aufs Feld geschossen hat, hat man jetzt diese Strafe bekommen. Ja, hätte man jetzt nicht gezielt aufs Feld geschossen, wäre es vielleicht noch ein bisschen nicht so krass gewesen, hätte man vielleicht nur eine hohe Geldstrafe zahlen müssen. Aber weil man gezielt aufs Feld geschossen hat, wofür man Kopfnüsse verteilen müsste an diese Idioten, wurde man jetzt ausgesperrt. Und das auch völlig zu Recht. Ja. Angeblich hat Opa mal eine Therapie gemacht, um zu lernen, mit dem Druck umzugehen. Wort Therapie tue ich mich schwer, dass er sich psychologische Unterstützung geholt hat. Denke ich, ist völlig legitim. Ja, denke, das tun auch viele Fußballer, wenn sie es vielleicht auch nicht an die große Glocke hängen. Viele haben ja auch Psychologen selber im Verein. Ich denke, das ist auch völlig fein. Ja. Aber auch da, ein Opa hat ja nicht nur Druck im Champions League-Spiel. Ja. Opa ist jetzt gerade draußen. So, er möchte gerne spielen, er möchte gerne Nationalspieler in Frankreich sein. Wenn er beim FC Bayern nicht spielt, hat er da gar keine Chance. Auch das ist schon Druck. Ja. Und natürlich gibt es Spieler, die damit gut, wie Chico sagt, es gibt super unterschiedliche Menschen. So, der eine kann sehr gut mit Druck umgehen, dem pusht das positiv. Nimm so einen Oliver Kahn, Alter, da müssen wir nicht drüber reden, ja, den hat das geil gemacht. So, wenn ihn da die in Dortmund die Südtribüne 200 Bananen hingeschmissen hat, ja, dann war der Olli erst auf Betriebstemperatur. Ja, dann hat er halt mal einen Kung-Fu-Tritt gegen Chapuisat gemacht oder hat versucht, ihm das Ohr abzubeißen, ne? So Mike Tyson-mäßig. So, das hat den Olli beflügelt. So. Und ja, natürlich gibt's das Gegenteil. Neben Andi Möller. So. Wenn der auswärts ausgepfiffen wurde, konntest du ihn gleich auswechseln. Ja. Neben Timo Werner ist auch so ein bisschen so ein Beispiel. Das ist super, super, super unterschiedlich. Und deswegen nochmal, es ging mir nur um diese Verallgemeinerung. Dass man sagt, international weht aber ein ganz anderer Wind. Ja, das mag ja auf bestimmte Spieler, auf bestimmte Vereine in bestimmten Situationen zutreffen. Streite ich doch gar nicht ab. Aber halt nicht allgemein. Das kann man nicht verallgemeinern. Nochmal, Union Berlin hatte gar keinen Druck zum Beispiel. In dieser Saison in der Champions League. Das waren Bonusspiele, die sie mitgenommen haben. Punkt. Wer war da Trainer in Villarreal? Ein gewisser Emery. Ja, hallo. Willst du jetzt sagen, dass Villarreal uns an die Wand gespielt hat zu der Zeit, oder was? Hör mir auf, ey. What's up? Also bist genauso ein alter Sack wie ich, ja. Für Dortmund ist es eher wichtig, überhaupt international zu spielen. Ja, was heißt überhaupt international? Champions League. So, ja. Natürlich.
Ja. Gut, da klicke ich mich jetzt nicht an, diese Villarreal-Emery-Geschichte. Ja, genau, das lese ich nochmal vor. Fußballer sind doch genauso verschieden wie die gesamte Gesellschaft. Nicht jeder kann auf höchstem Niveau performen, sonst hätten alle großen Mannschaften einen riesigen Pool an Spielern. Mertesacker hat vor Champions League-Spielen regelmäßig gekotzt. Ja, natürlich ist jeder Mensch unterschiedlich. So wie ja hier auch jeder Mensch unterschiedlich ist. Und das ist auch völlig gut so und völlig fein so. Und nochmal, das ist auch das, was den Fußball ausmacht, oder nicht? Wenn das alles keine Menschen wären, sondern alles Maschinen wären, nochmal, dann wären wir alle Millionäre, weil wir auf das Endergebnis tippen könnten und immer gewinnen würden. So, das ist ja das Schöne am Fußball. Ja, dass du halt in Bochum einfach auch mal untergehen kannst. Ja. Dass du zu Hause gegen Werder Bremen einfach mal 1:0 verlierst. Dass du zu Hause gegen Frankfurt 1:0 verlierst, aber Torschüsse hast von 32 und eine Mannschaft, die so überlegen ist, dass du eigentlich 10 Tore schießen musst. All das kann doch passieren im Fußball. Und das ist doch das Schöne. Entscheidend ist, dass Arsenal eine echte Mannschaft hat, die nun über 3 Jahre eingespielt ist und ihre Prime jetzt hat. Bayern besteht aus Einzelspielern, die noch eine Mannschaft werden muss. Ja, guck mal, wenn das so ist, dann spielt das aber doch keine Rolle, ob Arsenal jetzt super international erfahren ist oder nicht. Ja? Dann wiegt dieser Faktor, den du gerade sagst, natürlich viel, viel höher. Ja. Was wäre, wenn Bayern rausfliegt? Ja, nichts, Roland. Was soll dann sein? Was soll dann sein? Also Arsenal ist erst in England. Erwartet man jetzt, dass wir Arsenal lockerflockig rauspölen, oder was? Also auf die Leistung, die wir diese Saison gezeigt haben, können wir das gar nicht erwarten. Nee. Wie auch? Da passiert gar nichts. Was soll passieren? Die Saison wird zu Ende gespielt, wir haben keinen Titel und gut. Fertig aus. Es geht darum, dass Nationalspieler, die zum Beispiel gut in der Champions League etc. sind, stärker sind. Schau dir Frankreich, Spanien etc. an. Selbst Kroatien, es sind erfahrene Spieler. Nagelsmann hat nun extrem viele neue geholt. Das Team hat wenig Erfahrung und ist nicht eingespielt. Das sind schon mal 2 verschiedene Dinge. Nochmal, diese wenig Erfahrung gehe ich nicht mit. Da bleibe ich auch bei. Nicht eingespielt, ja, kann natürlich ein Faktor sein, hat aber mit dem Take nichts zu tun. Nochmal, es ist mir völlig Wurst. Nimm doch das beste Beispiel in unserer Mannschaft, den Kimmich und den Pavlovic. Der Kimmich hat Erfahrung bis zum Kotzen. Ja? Ist er deswegen der bessere Sechser, als der Pavlovic diese Saison war? Der 0 Erfahrung hat, der seine ersten Bundesligaspiele gemacht hat? Beweisführung abgeschlossen. Danke. Ich finde es nur blöd, dass man jetzt schon weiß, gegen wen wir im Halbfinale spielen, wenn wir weiterkommen. Das weißt du doch noch gar nicht. Weißt du doch auch erst nach dem Viertelfinale. Ob es Real oder Manchester City ist. Klar ist, dass du den Druck nur hast, wenn du als Favorit in ein Spiel gehst, was auch bei Bayern meistens der Fall ist, außer dieses Jahr in der Champions League. Ja, ganz genau. Spielplan ist kein Argument. Ich würde in dieser Phase am liebsten alle 3 Spiele für unsere Spieler sehen. Ja, bei uns nicht. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Arsenal ist. Es kann ja sein, dass das für Arsenal ein Faktor ist. Keine Ahnung. Aber das haben ja alle englische Mannschaften. Also ich denke, wenn man eine englische Top-Mannschaft ist, wie Arsenal es nun mal ist man das, glaube ich, auch gewohnt, weil die schon viel mehr Spiele haben als wie eine deutsche Mannschaft. Das jetzt als Argument zu bringen, irgendwie, ja, wir sind eine englische Mannschaft, wir haben mehr Spiele, deswegen sind wir Außenseiter. Weißt du? Bayern ist stark, wenn sie alle 3 Tage spielen, weil sie es seit 11 Jahren macht und kennt. Genau. Teams wie Freiburg oder Union zerbrechen früher oder später an dieser nicht bekannten Belastung. Richtig. Ja, 100%. Wobei man sagen muss, Freiburg kennt die Belastung mittlerweile ja auch. Ja. Aber Freiburg richtet sich halt nicht danach aus, zu sagen, wir haben den Kader und die Spieler, die das unbedingt wollen, können und so weiter. Was wir halt tun als FC Bayern. Nein, ich habe nicht Kiew als Beispiel von russischen Mannschaften genommen. Ich habe erst von russischen Mannschaften geredet und dann von Kiew. Wenn du das so verstanden hast, GB, dann ja, dann ist das so. Also ich weiß wohl, wo der Russe gerade einmarschiert und wo nicht. Also ganz so hinterm Dorf wohne ich auch nicht, Alter.
Aber da ich ja heute der Selbstdarsteller bin, kann ich das ja auch mal so sagen. Also, wie sieht es denn hier aus? Die Reaction auf die Pressekonferenz der Nationalmannschaft, wollt ihr noch machen? Nö. Im Stream? Nö. Kai führt heute die Takes nicht? Doch, ich fühle meine Takes heute. Es gibt kein Vor- und Nachteil wegen Spielansetzung oder Zuschauer. Entscheidend ist, wie stabil ist ein Team und wie sehr hat der Trainer das Team im Griff und eine Spiel für sie hat, die man erkennt. Ja, ist mit Sicherheit so der erste Faktor, aber ich denke, wenn es jetzt zum Beispiel ein Rückspiel wäre, wo wir keine Fans im Stadion haben dürften, glaube ich, wäre das schon ein Faktor. Für Fehler 5 Spiele hast du noch 19 Spiele, um ihn wettzumachen. Der Champions League hast du höchstens das Rückspiel, wenn der Fehler beim Hinspiel passiert. Richtig, ja. Was über Duell mit Arsenal aber etwas abhanden kommt, dieses Bayern-Logo mit seinem Renym, seine historischen Spieler, die alles gewonnen haben, wenn du als Spieler die Situation noch nie gespielt hast und gegenüber steht ein Thomas Müller, ein Manuel Neuer, da kannst du mir sagen, was du willst. Das bedeutet eine Erfahrung, mit einem Rückstand umzugehen, die Hoffnung der eigenen nach 7 Jahren wieder Erfolg haben in der Champions League. Ja, ich gehe mit. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich gehe mit, wenn man sagt, nehmen jetzt dann Thomas Müller oder Manuel Neuer. Keine Ahnung. Du liegst 2-0 hinten. Es sind noch 20 Minuten zu spielen. Dann bist du vielleicht als unerfahrener Spieler und sagst so, ja, der Bums ist gelaufen. So. Mag vielleicht sein. Ja, wenn du das schon erlebt hast, dass du gegen Manchester United 2 Tore in 2 Minuten kassierst und noch ein sicher geglaubtes Finale verlierst, sieht man das vielleicht anders, ja. Da gehe ich mit, ja. Dass sich der Wettbewerb Champions League nennt, ist aber, wenn man ehrlich ist, auch eher ein Witz, ja. Sollte lieber Pokal der Landesmeister sein. Das ist zumindest für mich dann der Pokal, wenn es um Profifußball geht, nur Knallergegner. Ja, eben genau, das ist ja das Problem. Dann hast du halt nicht nur Knallergegner. Das ist ja das Problem, warum es die Champions League gibt. Weil wenn es immer noch der Pokal der Landesmeister wäre, was ich persönlich fühlen würde, ja, gehe ich mit, hättest du halt nicht diese interessanten Spiele. Weil du hättest nur eine Mannschaft aus England, eine aus Deutschland, eine aus Spanien, eine aus Italien. So. In der Regel würden die 4 Mannschaften ins Halbfinale durchmarschieren. Nimm vielleicht noch Paris mit dabei, dann wären 5 Mannschaften. Und dazwischen spielst du gegen den Meister aus Griechenland, den Meister aus Tschechien, den Meister aus Polen, Bla und Sülz. Das sind Spiele, die ja anscheinend den großen Teil der Fans nicht wirklich interessieren würde und keine Sau einschalten würde. Ich persönlich habe das früher gefeiert, so Spiele gegen Roter Stern Belgrad und so weiter. Aber genau das ist der Grund, warum es die Champions League gibt. Dass eben diese Mannschaften sich viele schon gar nicht mehr qualifizieren als Meister in ihrem Land. Ja, ist super schade. Aber ja, dadurch bekommst du halt als Verein jetzt 50 Millionen, wird es einen Pokal der Landesmeister geben, würdest du wahrscheinlich nur 10 bekommen. Ja, weil es eben viele diese Spiele gäbe, wie es in der ersten und zweiten DFB-Pokalrunde der Fall wäre. So, und das ist anscheinend nicht der Reiz, was die Leute sehen wollen. Ja. Das hat die Mara schon beantwortet. Leverkusen ist einfach besser als Bayern, nichts vercoacht. Ja, das ist auch leider ein dummer Take von dir. Dass Leverkusen diese Saison den besseren Fußball gespielt hat, wie wir, definitiv. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das jetzt auf das Spiel Leverkusen gegen Bayern bezogen, ist das leider völlig Banane, was du schreibst. Unter Druck entstehen Diamanten, ja. Für so Spiele wie gegen Arsenal spielen sie ja Fußball, unsere Bayern-Spieler. Was Schöneres gibt es nicht. Ja, was aber nicht heißt, dass du automatisch eine Topleistung bringst, ne?
diese Strafe ist richtig, jo. Ich glaube, das Finale wird Arsenal gegen Barcelona heißen. Ja, kann sehr gut passieren, warum nicht? Opa hat eine Therapie gemacht, um nicht mehr zu stottern. Keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Eieiei, jetzt wird aber geschleimt hier, Schatz, oder? Wild. Wow, das finde ich ein bisschen frech. Was? Ich fühle mich natürlich bestätigt. Ist doch klar, Baby. Ja, merke Ich ich. als Selbstdarsteller fühle mich da mehr bestätigt. Da muss ich gerade mal meine Haare. Einfach nur frech. Boe, ich hätte wohl besser schreiben sollen, dass es sich wie ein Panikkauf anfühlt, da er von außen schon wild in Frage gestellt wird. Ja, eventuell haben sie den Kauf vorgezogen. Wie siehst du ihn denn? Ich kann ihn ja noch gar nicht sehen. Wir haben ihn ja gerade mal zweimal 30 Minuten gesehen. Ja, ich habe ihn in den Spielen von Galatasaray gegen uns gesehen, da war er eine Maschine. So. Wir können ihn beurteilen, wenn wir ihn mal ein paar Spiele gesehen haben. Ja, also. Und ja, natürlich war es der Sache geschuldet, dass wir nur einen Rechtsverteidiger haben und Leimer verletzt war. Natürlich. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir hätten ihn mit Sicherheit nicht verpflichtet, wenn das nicht passiert wäre. Logisch. Ja, aber deswegen ist es ja kein Panikkauf. Klar hat man deswegen wahrscheinlich 10 Millionen zu viel gezahlt, gar keine Frage, gehe ich 100% mit. Aber wir müssen den Jungen doch mal ankommen lassen und ihm mal eine Chance geben. So, ja, das ist ja das. Lass ihn mal ein bisschen spielen, dann werden wir sehen. Und logisch ist er kein fertiger Spieler, wo man sagt, ja, bam, Alter, so, der reißt es. Nee, er muss den nächsten Step bei uns machen, gar keine Frage. Und entweder kriegt er das hin dann, vielleicht noch diese Saison, je nachdem, ob er noch Spielzeit bekommt, oder nächste Saison unter einem neuen Trainer. Und dann kannst du ja auch vom Fehlkauf reden. Ja? Oder du sagst, boah, Schnäppchen, hat sich super entwickelt. Ja? So. Aber jetzt das so zu sagen, nee, fühle ich halt nicht. Wie hoch siehst du Müller für den Rest der Saison? Wenn er spielt, sehe ich ihn eigentlich, ja, aber wobei man sagen muss, dass es hier gerade echt gut funktioniert. So, was sollen wir da jetzt kritisieren nach dem 8-1? Warten wir mal das Spiel morgen ab. Ja. Ich weiß nicht, ob... Ich bin gespannt auf das Spiel gegen Arsenal. Wirklich. Ich bin gespannt, ob ein Tuchel den Müller dann aufstellt. Ich weiß nicht, ob ich ihn da aufstellen würde, wenn ich ehrlich bin. Würde darauf ankommen, wie es bis dahin so weitergeht. Schwierig. Ich glaube, Müller ist schon ein Faktor, ja, gerade vielleicht nicht unbedingt spielerisch oder so, der jetzt auch wieder besser reingekommen ist, nachdem er ein bisschen Spielzeit bekommen hat. Deswegen, ja, könnte man argumentieren, lassen Müller spielen. So. Dabei ist es Wumpe, ob er rechts spielt oder ob er auf der 10 spielt. Ja, er ist sowieso überall und nirgends. Ja, schwieriges Dingen. Arsenal ist jetzt nicht wirklich schwer. Aha. Heususe Müller, das gefällt dir, ne, GB? Sorry, aber kannst nicht nachvollziehen, dass Pyro so gefeiert wird. Das ist super gefährlich. Man braucht sich nur mal Bilder von unbeteiligten Fans, insbesondere Kindern, ansehen, deren Trikots plötzlich angefangen haben zu brennen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Argumente dagegen und relativ wenige dafür. Ja, ist ein Thema, wo man mal drauf eingehen kann. Ja, gehe ich mit. Eine gute Pyro, die vernünftig veranstaltet wird, ist halt atmosphärisch schon geil. So. Ja. Irgendwelche Idioten, die irgendwo mitten im Block stehen und da irgendwas zünden und den ganzen Block zunebeln, wo ich auch schon drin stand und du kaum Luft bekommst, dem musst du Kopfnüsse geben. Genauso diesen Idioten, die Pyro gezielt auf Spieler, aufs Spielfeld oder sonst wo schießen, dem musst du Kopfnüsse geben. So. Ja.
Warum ist das ganze Thema überhaupt da? Ja, weil man es einfach, was stimmungsmäßig schon geil ist, ja. Es wäre natürlich schön, wenn man da irgendwas Sicheres, Koordiniertes in bestimmten Stadien machen könnte. Dann hätte man dieses ganze Thema gar nicht. Ja. Wenn das natürlich so ausartet, wie es bei uns jetzt ausgeartet ist, dass man dann keine Auswärtsfans haben kann, dann muss man da nichts mehr schönreden. Ja, auf gar keinen Fall. Völlig idiotisch. Man schwächt damit, wir reden vom Viertelfinale. Ja, klar, wir können sagen, wir spielen zum Glück erst auswärts. Vielleicht wird es kein Faktor, ja, vielleicht wird es ein Riesenfaktor, wenn man keinerlei Unterstützung hat als Spieler. Das kommt natürlich auf den einzelnen Spieler an, wie Chico vorhin schrieb, jeder ist da unterschiedlich. Man tut damit dem Verein auf jeden Fall keinen Gefallen, denke ich. Ja, und das nur dafür, wegen was? Ja, wir sind die geilsten Ultras, wir haben die schönste Pyro-Show oder was? So. Mal wir international spielen, dann müssen wir zeigen, was wir können. So. Ja, Kopfnüsse verteilen. Kann mich nur wiederholen. Bud Spencer Move machen hier, Faust. Ruhe. Kimmich war noch nie ein Sechser. Fangen wir jetzt nicht wieder mit an. Nationalmannschaft ist uninteressant. Wenn da jetzt ein paar junge, neue, frische Leute da sind, vielleicht wird es interessant. Pavlovic ist der bessere Sechser, weil er ohne Druck dort spielen kann und ihm Fehler verzeiht werden, was bei einem Kimmich nicht der Fall ist und alle draufhämmern. Also ich glaube nicht, dass man keinen Druck hat, wenn man in Bayern als Sechser spielt. Das ist schon wild. Auch ein Pavlovic wird mit Sicherheit Druck haben. Natürlich verzeiht man ihnen Fehler, da gebe ich dir 100% recht, aufgrund seines Alters. Ja, 100%, müssen wir gar nicht drüber reden. Vielleicht ist der Vergleich auch nicht wirklich fair gewesen. Ja, vielleicht hätten wir, weil wie es gerade schon stand, Kimmich nicht wirklich ein Sechser ist. Keine Ahnung, hätten wir einen anderen Vergleich bringen müssen. Kann ich mal Tell kurz mit dazwischen? Gnabry oder was weiß ich. Was? Ich würde mal kurz dazwischen grätschen. Roland oder auch alle anderen, ihr braucht euch nicht dafür zu entschuldigen wegen Rechtschreibfehlern oder so. Da achtet hier keiner Nö. drauf. Alles gut. Wir wissen trotzdem, was ihr meint. Ansonsten fragen wir nach. Ja, alles gut, Leute. Tippelt einfach rein, wenn ich lostippe, treffe auch oft genug mal eine falsche Taste oder sonst was. Alles gut. Ich weiß auch Gerard und sowas, wenn man Französisch ist, dann Deutsch ist eine schwere Sprache, alles gut, Leute. Also macht euch hier nicht irgendeinen Kopf wegen irgendwelchen scheiß Rechtschreibfehlern. Und wenn irgendeiner meint, sich darüber lustig zu machen, dann bann ich den weg. Müsst ihr euch also auch keinen Kopf machen. Also, wir sind ja nicht im Kindergarten, wir sind keine 12 hier, also. Arsenal, Madrid, BVB-Sieg, Feierabend. Ist so, ist ein wilder Take, dass der BVB ins Finale kommt, aber nicht so möglich, wa? GB, hol dir mal ein Bierchen. Bayern 10, Darmstadt 0. Ja, Halleluja. Ich finde das Arsenal-Los ziemlich gut, sollte genug Anlass sein, dass jeder Gas gibt. Wir haben da ja ein paar Kandidaten, die das brauchen. Schwereres, aber machbares Los und ich glaube aufgrund des Spielstils beider Teams, dass es 2 geile Spiele werden. Ja, machbares Los werden wir sehen. Dass 2 geile Spiele werden, hoffe ich halt auch, ja. Wie gesagt, ja, aktuell sehe ich das 50-50. Aber auch immer nur unter dem Gesichtspunkt, dass wir unsere Form abrufen können. Wenn wir das nicht können, dann brauchen wir nicht über irgendwas reden. Dann geht das Hinspiel 3-0 aus und der Zug ist abgefahren. Ich meine, die Texte anderen? Ja, alles gut, Oni. Nur Bayern konnte, keine Nationalmannschaft. Hallo, Niklas? Nochmal Diktatur hier? Vielleicht auch der Grund, warum Kimmich alles machen und tun möchte und deshalb seine Position nicht hält, wegen diesem Druck.
Guck mal, aber normalerweise, ja, eigentlich will ich das Thema Kimmich gar nicht aufmachen, aber ich sag mal eine Sache dazu. Tuchel hat vor der Saison gesagt, so, Kimmich ist für mich keine Holding Six. Was immer das heißt, kann ja jeder interpretieren, was er möchte. Kimmich sagt da, doch, ich bin hier der Sechser beim FC Bayern. Völlig legitim, ja. Und dass er das spielen kann, der Kimmich, der Josh, hat er ja auch in 2, 3 Spielen gezeigt diese Saison. Hat er wirklich gezeigt, hat er wirklich einen guten defensiven Sechser gegeben. Hat er seine Position gehalten, war da in den Zweikämpfen, ist nicht so weit aufgerückt, weil er weiß, dass er ein bisschen lahmarschig ist, nicht so schnell zurückkommt, hat sich super tief zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, hat das Spiel versucht aufzubauen, hat er 2, 3 Spiele wirklich gut gemacht. So. Und den Rest der Spiele ist er rumgerannt wie ein Huhn, was den Kopf abgehackt hast. Wie du gerade sagst, dann will er am besten vorne noch das Tor schießen, will die Ecke reinschlagen, reinlaufen und selber reinköpfen, will dem Mann noch die Handschuhe klauen und selber den Ball halten. So kommt der Kimmich dann rüber. So, warum? Wenn er doch dann diesen Druck hat, dann wäre es doch von seiner Warte her sinniger zu sagen, ja, ich habe gesagt, ich bin hier der Sechser, dann mache ich doch erstmal die Sechser-Aufgaben. Ja? Dann kriege ich von allen Seiten Lob, ich bin ein guter Sechser und ist doch alles fein. Es verlangt doch keiner von einem Sechser, dass er vorne Tore schießen soll. Oder dass er direkt Ecken verwandeln soll oder sonst was. Ja? Also wenn dem so ist, was wir natürlich nicht wissen, dann hätte der Kimmich auf jeden Fall einen Denkfehler. Weil, wie gesagt, wenn er sich darauf konzentriert, mal den defensiven Part zu spielen, dann kann er das. Das hat er ja gezeigt, dass er das kann. Ja, klar ist dann so seine Stärke weg, die er schon so ein bisschen hat nach vorne und sowas, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber das ist halt super selten, dass er sich mal darauf fokussiert. Ja, und deswegen ist er jetzt rechts außen gelandet. Ja, da hat er den Druck nicht mehr. Da kann er jetzt frei aufspielen. Und das ist vielleicht das Beste. Ja. Zu Arsenal, man könnte auch sagen, dass sie der vielen Spiele wegen Rhythmus haben. Und ja, sie sind definitiv gewohnt, mehr als eine Partie pro Woche spielen zu müssen bei reduziertem Training. Ja, aber das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, Manfredo. Es ist auf jeden Fall das Argument, was bei uns immer gezündet hat. Was man bei uns auch nachschauen kann. Wie es bei Arsenal ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber nochmal, es ist eine englische Mannschaft, die sind das eigentlich gewohnt, ja. Keine Ahnung. Wir werden sehen, ob es ein Argument ist. Aber für unsere Mannschaft ist es auf jeden Fall kein Argument zu sagen, jawohl, wir spielen, wir haben 7 Tage Pause. Und das ist kein Argument. Ja, da sind wir eigentlich eher schlechter, als wenn wir alle 3 Tage spielen. Leider. Wir müssen jetzt Arsenal im Rückspiel zur Hölle machen, stimmungstechnisch. Ja, ich denke, das wird schon gut abgehen. Macht euch mal keine Sorgen. Es sei denn, das Hinspiel geht irgendwie 4-0 aus oder so, dann ist es vielleicht ein bisschen gedämpfter, weil dann sind die Chancen relativ klein. Aber ansonsten denke ich, wird das schon brennen. Jetzt nicht pyrotechnisch mäßig, ne? Stimmungstechnisch. GB ist Erfolgsfan? Schlimm. Bayern hatte mal Oliver Battista Meyer, der war 18 und war eins der größten Talente der Welt. Und Bayern hat ihn einfach verkauft. Man muss doch den Jungen auch mal die Chance geben. Echt schade. Ja, aber das ist ja ein Problem, was wir die letzten Jahre, Jahrzehnte hatten. Ja, und da machen wir auch kein Hehl draus. Und wir machen ja auch kein Hehl draus als Verein, dass wir das jetzt in Zukunft ändern wollen. Und deswegen ist ja auch der Trainer Tuchel, was für mich ein Riesenfaktor ist, deswegen nächste Saison nicht mehr unser Trainer. Weil er da nicht so die Lust drauf hat. So, und da wollen wir natürlich hin. Ja? Wo man natürlich das Vorbild Barcelona nehmen kann mit deinem Nickname. Also ich denke, es gibt wenige Vereine, die auf diesem Niveau Fußball spielen wie Barcelona und trotzdem so regelmäßig immer einfach mal ihre Talente reinwerfen und es klappt. Ne? Also Lob und Anerkennung dafür. Ich denke, dass wir in die Verlängerung gehen. Ja, und warum nicht? Hast du dich schon mal intensiv mit der Super League befasst? Kann es sein, dass dieses System tatsächlich besser ist als die neue Champions League Variante ab nächstes Jahr? Ja, aber es gibt ja keine Super League. Oder meinst du jetzt die Club-WM oder was? Ich muss heute in den Keller. GB, ich bin im Keller, Alter. Wild, oder?
Ja, Champions League nächstes Jahr wird wild, ja. Es wird ja auch nicht mehr per Hand ausgelost, ne, weil das 4 Stunden dauern würde, deswegen wird das ein Computer machen. Auch das wird schon wild werden. Ja, da kommen ganz viele Verschwörungstheorien raus, weiß ich jetzt schon. Bayern ist eine geile Mannschaft. Ja, wenn sie als Mannschaft auftritt, auf jeden Fall. Habe die Ehre, Bayern ist eine Turniermannschaft. Wir schaffen das, liebe Grüße aus Oberfranken. Hoffen wir es, ja. Und Joshua Zirkzee zu verkaufen, echt schade. Ja gut, aber was wäre die Alternative gewesen? Dass der Junge auf der Bank sitzt? Ja. Klar, schade drum. Hätte man ihm das Vertrauen gegeben, wer weiß, ja, wo der Weg hingegangen wäre, hat man aber nicht. Und dann macht es halt keinen Sinn für so einen Spieler, dass er auf der Bank versauert. Ja. Siehe Gravenberg, nächste Beispiel. Und so weiter und so fort. Also. Besser als wir zu spielen die Saison ist auch nicht schwer, wa? Das ist richtig, ja. Das ist wirklich wahr. Weiß nicht, was wir mit Opa machen sollen. Vom Talent vielleicht unser bester IV, aber wenn er uns jedes Mal große Spiele kostet, geht das einfach nicht, auch wenn er ein Süßer ist. Ja, ich bin da 100% bei dir. Ich mag den Opa auch sehr. Auch seinen Spielstil mag ich sehr. Auch wenn er den ein bisschen eindämmen musste bei uns. Und ja, ich gehe da mit. Also wenn das auf Dauer so ist, schwierig. Aber nochmal, diese Saison würde ich ihm da gar keinen Vorwurf machen. So, wenn der Trainer sagt, du spielst, so, dann wird der Opa einen Teufel tun und sagen, nach 2 Tagen im Training, ach nee, Trainer, ich bin noch nicht so weit. So, ja, da ist er gar nicht der Typ für. Und das den Opa dann zuzuschreiben, dass er da der macht das ja nicht extra. So, ja. Er war halt einfach nicht fit, Alter. So, das ist ein Fakt. Und das muss man ganz klar den Tuchel ankreiden und nicht den Opa. Letzte Saison was ganz anderes, 100%, gehe ich mit, darf nicht passieren im Champions League Spiel, aber dies Jahr tue ich mich da super schwer mit, das den Opa irgendwie anzukreiden. Was schade ist, ne, dass es dadurch wieder zu so einer Geschichte kam halt. Ja? Wenn er fit gewesen wäre, glaube ich, wäre das nicht passiert. Weil er super konstant war und auch nicht so fickerig wie sonst. Ja? Also er wäre auch viel, viel ruhiger, ganz abgebrühter. Und natürlich die andere Sache, die super schade ist, er hat halt auch nie diesen Halt gehabt in der Innenverteidigung. Er hat ganz, ganz selten mal mit Delich gespielt oder mit dem Dyer. Ja, wenn da mit Minjay, der super unsicher war, super fickrig ist, ja, dann ist es auch super schwer für den Opa. Der Opa braucht halt einfach auch einen Spieler neben sich, der ihn führt. Ja. Der die Verantwortung trägt. Ich glaube, das wäre für den Opa super wichtig. Und dann, glaube ich, könnte er den nächsten Stepper machen. Ja, bin ich mir sicher. Ob er die Chance nochmal bekommt bei uns, schwierig, ja. Schwierig. Das waren noch Zeiten, 74, 65, aber da war der Kader viel kleiner. Bayern hat mal eine Saison mit nur 14 eingesetzten Spieler gemacht und wurde am Ende auch Meister. Ja, das war eine ganz andere Zeit, Gerard. Ich glaube, Boe könnte schon richtig aufblühen, aber wenn jetzt Kimmich auf RV gesetzt ist, wird halt schwer für ihn, zumindest solange er da ist. Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. René hat eine persönliche Frage an dich. Wie gefällt dir der Beruf als Informatiker? Macht's dir Spaß? Bin gerade mitten im Informatikstudium. Ja gut, Informatikstudium ist ja nur was ganz anderes. Ja, na klar, sonst hätte ich den Beruf nicht gewählt. Ich weiß, in Deutschland ist das nicht so oft der Fall, ja. Viele gehen zur Arbeit und haben keinen Bock auf Arbeit, weil der Job scheiße ist. Das habe ich zum Glück nicht. Also klar habe ich mal irgendwo Tage, wo ich weiß, das und bla und nervig und so, was das jeder hat, aber ich habe nicht das, dass ich aufstehe und sage, boah, ich könnte kotzen, ich muss zur Arbeit. Nö. Aktuell habe ich einen super Job. Gehe gern zur Arbeit. Ja. Liegt aber natürlich einfach daran, weil es auch schon früher mein Interesse war. Ja. Ich feiere gute Pythos. Büros, denke ich, meinst du? Ja. Wie gesagt, wenn sie kontrolliert stattfinden,
ist es auch geil. Ja, aber wenn du mal im Block stehst, wo irgendwelche Idioten Rauchbomben oder auch Bengalos zünden, die dann auf den Boden schmeißen, die ganze Kurve pechschwarz ist, dann wird es sehr unangenehm. Kann ich dir aus Erfahrung sagen. Ne? Und wenn du dann noch da irgendwelche, was wieder ein ganz anderes Thema ist, irgendwelche Väter mit ihren 8, 9, 10-jährigen Kindern stehen hast, dann wird's richtig wild. Ne? Ja, von daher schwieriges Thema. Ne? Ja, da haben wir dann auch noch die Frage, haben die Ultras eigentlich eine Abmachung mit dem Verein oder warum sieht man in der Allianz Arena so gut wie nie Pyro? Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube einfach, dass da nicht so der Geltungsdrang da ist. Ja, wie international, ja, wir müssen zeigen, wer wir sind, so. Vielleicht ist das ein Thema. Vielleicht sind aber auch auswärts, ist noch eine andere Ultragruppierung da, die das macht. Das weiß ich nicht. Dafür bin ich nicht in dem Thema drin. Da müsste jemand was zu sagen, der da vielleicht in dem Thema drin ist. Das kann ich nicht wirklich beantworten. Aber auswärts ist generell mehr Pyro als zu Hause, ja. Das ist richtig, ja. Dann machen wir nochmal einen Sprung zurück zur Super League. Die sogenannte Super League darf sich nicht mehr so nennen, weil die dänische Liga auch so heißt und die Namensrechte hat. Trotzdem kann jederzeit wieder eine neue Art von Super League gegründet werden. Die Vereine, die Super League gründen wollten, haben vor Gericht das Recht dazu bekommen. Wurde so entschieden, da UEFA und FIFA sonst ein unerlaubtes Monopol hat. Jein. Ja, es ist richtig. Es wurde entschieden, dass es müssen keine Vereine sein, das kann auch ich sein, das kannst du sein. Du kannst hingehen und kannst sagen, so, ich mache jetzt einen Wettbewerb, keine Ahnung, nenn ihn den X-Cup, nenn ihn den Red Cup, wie auch immer. Du machst jetzt einen Wettbewerb und dafür können sich Mannschaften qualifizieren oder du zahlst Mannschaften Geld, damit sie teilnehmen. Ja, das ist richtig, das ist erlaubt. Punkt 1, du musst das natürlich absprechen mit UEFA und FIFA, weil das natürlich in den Spielplan passen muss. Da gab es noch zwei andere Bedingungen, damit du das überhaupt machen kannst. Habe ich irgendwann gelesen, bin ich auch nicht genau im Thema, bis ich nochmal nachlesen. So einfach ist das nicht, aber generell ja, es ist möglich, dies zu tun, aber es ist genauso möglich, was auch gesagt wurde, dass die UEFA jederzeit dann das Recht auch hat, diese Vereine von ihren Wettbewerben auszuschließen. So. Bedeutet, sagt der Superklammer FC Barcelona und Real Madrid und Juve, das waren ja so die 3 großen Verfechter, weil sie zu wenig Geld bekommen, whatever. Die gründen jetzt ihre Liga. Wären natürlich ein paar wenige Vereine, ja, sei mir dahingestellt. Kann die UEFA sagen, ja, alles gut, macht das mal, ist tutti für uns, ihr könnt euch nicht mehr international qualifizieren. Fertig. Ja. Dann kommt natürlich schon allein der spanische Verband dazu, ja, der das natürlich, deswegen war da auch ein Riesentrubel, in Spanien zum Beispiel, der das auch irgendwie genehmigen muss hin und her. Also das ist alles nicht so einfach. Ja, im Prinzip, ja, das Urteil sagt, du hast die Möglichkeit, einen Wettbewerb neben oder unabhängig von UEFA und FIFA zu gestalten. Das ist richtig. Aber das muss im Spielplan passen, das muss abgesprochen sein mit der UEFA, mit der FIFA und. Also so einfach ist es nicht. Und ich glaube kaum, dass sich 10, 12 Mannschaften, Top-Mannschaften, wir reden von Top-Mannschaften, finden werden, die sagen, ja, alles klar, wir machen bei so einem Ding mit, so, wo es keinerlei sportliche Qualifikation gibt, weil die gibt es nicht durch die nationalen Verbände, die lassen sich darauf nicht ein. Das heißt, du hast 12 Mannschaften, die spielen ihr Pokal aus, das jedes Jahr, immer diese 12 verkackten Mannschaften. Wo vielleicht 3 Mannschaften wie Barca, Real, Juve dabei wären, wobei ich mir das noch nicht mehr vorstellen kann, welchen Wert hätte dann dieser Pokal? Und welche Einnahmen soll dieser Pokal erzielen, wenn danach, was weiß ich, irgendwelche Zweit-, Drittmannschaften drin sind?
Ja, also das wirst du nicht umsetzen können. Das wirst du nicht umsetzen können. Da müssten wirklich schon alle Top-Vereine aus England, aus Deutschland, Italien, aus Frankreich, Paris und so weiter, die müssten sagen, ja, alles klar, lass uns das machen, wir machen so eine Liga. Ja, dann wäre Druck da, richtig. Deswegen wird die Champions League ja auch gerade reformiert, weil dieser Druck da ist. Aber nochmal, welchen sportlichen Stellenwert hätte das? Erstens für den Verein, zweitens für uns Fans. So, die Fans, gerade in Deutschland, aber auch in England, gehen da auf die Barrikaden, aber hoch 10, Alter. Ja. Glaubst du ja wohl nicht, dass wir haben es nur bei den Investor-Deals gesehen in Deutschland. Was meinst du, was das brennen würde, wenn Dortmund oder Bayern sagen würde, wir spielen nicht mehr da, wir gehen jetzt in so eine Super League rein? Oder im schlimmsten Fall, wir spielen dann nicht mehr in der Bundesliga. Kannst du gar nicht bringen. Ja, ist ein Ding der Möglichkeit. Also sehe ich auf Jahre nicht, dass das passieren wird. Auf gar keinen Fall. Meine Meinung. Möchte ich dir ganz kurz, das habe ich nur noch im Hochscrollen gesehen, möchte ich den Content bei der EM machen? Das weiß ich noch nicht. Eigentlich nicht, weil wir haben es ja gerade festgestellt, es interessiert vielleicht 5% von euch, ja, was die deutsche Nationalmannschaft so macht. Ich weiß noch nicht, ob mich das packen wird. So, wenn jetzt der Jule da ein paar Spieler reinholt, wo man sagt, geil, die brennen wieder für Deutschland und so, dann eher, wenn ich aber sehe, dass dann so ein Toni Kroos wieder zurückgeholt wird, dann eher nicht. So, weißt du, das ist dann wieder so Hü und Hot und ach, keine Ahnung. Kann ich euch nichts zu sagen. Wird man sehen. Manchmal auch die Autokorrektur, aber am Handy auf jeden Fall, ja. Eine 17%ige Chance auf den Pod, geil. Wie kommst du denn darauf? Den Bart von Bud Spencer hast du schon mal. Ich kann auch Schellen verteilen wie Bud Spencer. Ist kein Problem. J-Bart, ich habe kein Problem mit der Haare. Ich habe zwar jetzt hier schon so leichte Geheimratsecken, aber wenn ich 2 Wochen meine Haare wachsen lasse, sehe ich aus wie Michael Jackson früher, Alter. Wäre ich einer von den Jackson 5. Deswegen sind die Haare so kurz, wie sie sind. Alles gut, Niklas. Gefällt Ihnen das Trikot von Deutschland? Das Auswärtstrikot ist nicht so geil für mich. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen. Wenn ich es geschenkt bekommen würde, würde ich es trotzdem anziehen. Ja. Finde Kimmich wirklich unfassbar ähnlich mit De Jong. Ähnliche kreative Begabung, beide machen oft das Spiel zu langsam, also ähnliche Probleme und beide sind im Ausland noch wesentlich höher angesehen als im eigenen. Das weiß ich nicht, kann wenig sagen zum De Jong. Der XG-Wert größer als 1,4. Geil. Beste Pyro-Show in Belgrad, Fußball und noch mehr Basketball. Selbst NBA-Profis kommen da nicht klar. Okay. Das Beste für Kimmich ist ein Vereinswechsel, wenn man ehrlich ist. Denke auch für den Verein ist immer ein Thema und Unruheherd, wenn er nicht in der Mitte spielt und da reicht es einfach nicht im Gesamten. Auch ich glaube schon, wenn man jetzt sagen würde, für die neue Saison so, neuer Trainer und Kimmich sagt, ja, alles gut, habe ich Bock drauf, ich spiele gerne wieder einen rechten Verteidiger, dann glaube ich, wäre auch keine Unruhe da. Aber das müsste er natürlich kommunizieren. Ja? So, wenn er das nicht tun würde, klar hättest du immer Unruhe. Wenn unsere aktuelle Gesellschaft würde da auch immer, ähnlich wie bei Müller, immer nachgebohrt werden. Ne? 100%. Ja. Aber generell, ich denke auch, es ist einfach an der Zeit. So, einfach mal neue Leute bei uns und die Leute können noch mal ihren zweiten Frühling beim anderen Verein erleben. Ist doch alles gut. Ist doch eine Win-Win-Situation. Gnabry haut Arsenal ein paar rein, hoffe, dass er bis dahin wieder in Form ist. Coman wäre auch wichtig. Naja. Das habe ich mal bei der Schwiegermutter getan. Einem Huhn der Kopf abgeschnitten und rennen lassen. Seitdem hat sie mich nicht mehr darum gebeten. Tja, Alter. Um das mal aufzulösen, er ist Metzger, ne? Nur so. Ja, das heißt ja nichts. Was? Und jetzt?
Ja, nicht, dass jetzt einer denkt, er geht umher oder so und hackt da Ja, na klar, Voodoo-mäßig. Voodoo-mäßig. Ja, sicher. Ja. Habe noch nie einen Spieler von 4 Jahren bis 60 Jahren Senior gehört, dass das sagen, dass ich lieber trainiere, statt zu spielen. Ja, ist halt auch so. Aber trotzdem ist es natürlich, wenn du es nicht gewohnt bist, natürlich eine Belastung. Ja, das beste Beispiel ist Union dieses Jahr. Ja. Natürlich ist das eine Belastung, dann, wenn du es nicht gewohnt bist. Aber als eine Spitzenmannschaft, gerade in England, sollte man das auch gewohnt sein. Behältst du die Uhr ein bisschen im Auge? Ja, ich bin da gleich irgendwann unten angekommen. Pavlovic und Kretzig traue ich zu, bei uns Stammspieler zu werden. Ja, Pavlovic ist schon Stammspieler bei uns, wenn man ehrlich ist. Alles andere wäre fatal. Ja, und Kretzig hat man leider nicht die Eier gehabt, aber hey, hat man beim Pavlovic auch nicht, erst jetzt. Aber auch nur, weil ein Kimmich strafversetzt ist, weil kein rechter Verteidiger da ist. Von daher, es wird spannend werden die kommenden Wochen. Ich sag voraus, dass man Kimmich rechts lassen wird. Den Rest der Saison. Dann wart man das. Kimmich wird eingespielt für die EM, ist super für Nagelsmann. Goretzka macht gerade einen guten Job. Wenn sich das natürlich ändert, könnte sich das auch wieder ändern. Mal abwarten. Aber einen Pavlovic jetzt rauszunehmen, wäre fatal. In meinen Augen. Thomas Müller hatte mit 20 bei der WM auch keine Erfahrung, hatte 5 Tore gemacht. Erfahrung ist nicht alles. Ja, natürlich nicht. Da gibt's ja ganz, ganz viele Beispiele. Wie gesagt, guck einfach nach Barcelona, Alter. So, die hauen im Jahr da 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18-Jährige raus. Also, nehmen bei uns einen Musiala. Also, wie findest du die Schweizer Nationalmannschaft? Da kann ich ja gar nichts zu sagen, Roland. Wie gesagt, ich gucke keine Nationalmannschaftsspiele. Kann ich nichts zu sagen. Sind auf jeden Fall ein paar gute Spieler drin, ne? Raumaufstellung für Arsenal. Wieso, ist doch nicht schwer, oder? So, dieselbe Aufstellung wie jetzt am Wochenende. Ja, über Müller könnte man diskutieren. Aber ansonsten die aktuelle Aufstellung. Neuer, Guerrero links, Dyer, De Ligt, Kimmich rechter Verteidiger, Mittelfeld, Pavlovic, Goretzka, Musiala muss spielen, Kane vorne. Wie gesagt, ich würde eine Doppelspitze mit einem Tell sehen, weil Tell auch super schnell ist. Und dann überlegst du, ob du rechts einen Sané hinstellst oder Müller. Feierabend. Startaufstellung. Jeder, der nicht performt, spätestens nach 30 Minuten raus. Hast noch einen Gnabry in der Hinterhand, hast vielleicht noch einen Coman, der wieder fit ist. Gut ist. Finde, wir sollten Minje jetzt neben De Ligt eingewöhnen, weil er einfach individuell besser ist und De Ligt, Minje unser bester IV ist. Ja, ich sehe auch, dass Minje, wenn wir ihn behalten sollten und so weiter, dass das eine gute Sache sein kann. Da wir aktuell noch in der Champions League sind, nein. Ja, sollten wir ausscheiden gegen Arsenal, die nach die Bundesligaspiele, würde ich das fühlen, ja. Kannst du das machen, gehe ich mit. Aber jetzt in der Champions League muss eine stabile Viererkette, gerade gegen Arsenal, die eingespielt ist, dahin. Und die Viererkette, die gerade spielt, ist bis jetzt die sicherste, die wir die Saison gesehen haben. Und das will ich so belassen. Pyro unnötig, wenn nicht geplant und gut umgesetzt. Ja, vollkommen richtig. Vom Minje bin ich enttäuscht. Ja, da muss man auch Minje in Schutz nehmen. Ähnlich wie beim Opa. Also, wo willst du enttäuscht sein vom Minje? Ja, der wurde verpflichtet, er war vorher im Wehrdienst, der super hart war, wo er irgendwie 10 Kilo Muskelmasse verloren hat oder abgenommen hat, was auch immer. Hat dann komplett durchgespielt, hat keine Winterpause gehabt, weil Asien Cup kam zurück, ein Tag im Training oder einen Tag wieder da in München, bam, Startaufstellung. Minje, du spielst immer.
Was soll der Junge leisten? Was soll der leisten? Ja, völlige Katastrophe, mit dem Spieler so umzugehen, in meinen Augen. Warten wir ab, den Minje, lass den jetzt hat er ein bisschen Ruhe, ein bisschen mehr. Lass den mal nächste Saison, lass den mal richtig ankommen und so weiter. Dann können wir ihn mal beurteilen. Ja. Das ist gerade super schwer. Also auch da hat ein Tuchel eine Farce geschoben, Alter. Das war ich verstehe es bis jetzt nicht, wie man vor dem Leverkusen-Spiel da Opa und Minje reinwerfen konnte. Also das ist eine absolute Farce gewesen. Also wie gesagt, das kannst du nicht erklären, außer das trojanische Pferd. Anders kannst du das nicht erklären. Junge. Ich glaube, über unsere zweite Mannschaft als Sprungbrett zu den Profis, Campus und so weiter kannst du einen eigenen Stream machen. Uli hat doch Kontakt zu den Ultras. Ja, generell ist der Kontakt, soweit ich das weiß, zumindest zu Schikaria und dem Verein aktuell gut. War schon mal anders. Ja. Deswegen, ich kann es nicht sagen, wer das auswärts in der Champions League da veranstaltet. Da bin ich halt raus einfach. Zu Opa, auch letzte Saison war es Tuchel. Opa war schon in der Halbzeit sehr fehlerhaft gegen City und zweite Halbzeit war dann völlig verunsichert. Tuchel hätte ihn runternehmen müssen. Ja, kann man argumentieren, aber natürlich. Ja, ist schwierig, ne? Ist schwierig. Aber ja, man hat den Opa nicht oft einen Gefallen getan, ne? Zumindest von außen hat man das immer relativ früh gesehen letzte Saison, wie er drauf ist, ob er ein bisschen fickrig ist, ein bisschen hibbelig. Ja, schwierig. Real und Juve wollen unbedingt die Super League. Keine Ahnung warum. Money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money maker. Wegen nichts anderem. Ja, das ist das Einzige. Wollen sich einfach selbst vermarkten. So. Dadurch viel mehr Geld, was nicht an die UEFA geht, sondern direkt an die Vereine. Was ihnen das dann bringt, habe ich ja gerade gesagt, was hätte so ein Titel für einen Stellenwert? So. Pyrotechnik wird bei uns eigentlich nur auswärts benutzt und meist in Europa, nicht in der Liga. Wir waren ja mal Meister in der 3. Liga, danach total abgestürzt. Ja. Aber ist doch logisch. Ja, das ist dann so, als nimm Stuttgart jetzt zum Beispiel, wo das ein schwieriges Ding ist, keine Ahnung. Nimm Bochum, die auf einmal 6. oder 7. in der Bundesliga wären. So, die Saison danach sind auch alle guten Spieler weg. Und das war das Problem in der 3. Liga. Alle guten Spieler haben den Verein verlassen. Weil sie bei den Profis keine Chancen bekommen. Ja. Keine Aussicht auf Einsätze. Und natürlich wollen die Spieler Profis werden. So, wenn sie die Chance dann nicht bekommen beim FC Bayern, dann wechseln sie den Verein. So, ganz einfache Kiste. Ja, und das war das Problem. Und wenn dann da die Jungs nachkommen, die 17, 18 sind, ja, sorry, das ist halt Herrenfußball. Und dann gehst du halt gnadenlos runter. Der völliger normaler Lauf der Dinge. Super League finde ich uncool, weil dann alle Top-Teams voll oft gegeneinander spielen und diese Top-Spiele langweilig früher oder später werden. Ja, na klar. Vor allem wirst du ja gar nicht alle Top-Mannschaften dazu bewegen, das zu machen. Wirst du nicht hinkriegen. Auch wenn ich mich jetzt unbedingt mache, ich brauche keine Pyro, finde es unnötig, verstehe es nicht, ob geplant oder ungeplant, und wenn es nicht kontrolliert ist, finde ich es komplett bescheuert. Warum soll sich da jetzt unbedingt machen? Haben doch viele diese Meinung hier. Manfredo, hau rein, schönen Abend. Ja, klar fließen da mehr Geld in die Kassen. Allein die Millionen, die die UEFA bekommt, wäre schon interessant für diese Vereine. Alles ums Geld. Ja, leider.
Welcher Sportler, der 10 Kilo Muskelmasse verliert und soll Top-Leistung zeigen? Die zeigen dir alle den Finger. Hab Minjay noch nie Beschwerden sehen oder noch Verletzung. Dieser Meinung verkackst du. Wie schwierig es ist, als Fußballer 5 Kilo Muskelmasse zuzunehmen, kannst du auch jeden Profi fragen. Ja. Habe ich ja gerade auch gesagt. Also, das muss man ein bisschen differenziert betrachten mit Minjay. Mich würden die Videos sicher unterhalten, wenn du EM-Content machst. Ja, Optimus, wir werden sehen. Wie gesagt, ich muss halt selber Bock haben auf die EM, weißt du? Das kann ich noch nicht sagen. Vielleicht gucke ich jetzt mal rein, wenn da Pause ist. Kommt immer drauf an, wann die Spiele sind. Ob ich da gerade vielleicht was anderes streame oder so. Wenn, dann gucke ich vielleicht mal. Guck mir die Ausstellung an. Ich fände es natürlich schon mal interessant, wenn Pavlovic spielen sollte, ihn mal zu sehen, ob er das da auch zeigen kann, was er beim FC Bayern zeigt. Also wäre schon ein Grund, mal reinzugucken. Ja, mal sehen. Naja, beim ersten Anlauf der Super League haben sich natürlich auch genug Vereine gefunden, um sie zu gründen. Ja, richtig. Und was ist dann passiert? Ist ja nur dadurch zum Teil gekippt, da Dortmund, Bayern und Paris, also 2 Champions League-Sieger, nicht mitgezogen haben. Nee. Ich glaube, darauf hätten die anderen Vereine, die teilnehmen wollten, drauf geschissen. Ja. Erstens ging es darum, dass die UEFA sofort gesagt hat, wir sperren euch. Knallhart, wir schließen euch aus allen europäischen Wettbewerben. Und das zweite waren die Fans. Ja. So, die Engländer sind wegen den Fans, haben die den Rückzieher gemacht. Und natürlich auch wegen der Liga, die Druck gemacht hat. Ja. Dann, wenn die Premier League sagt so, ja, alles gut, spielt ihr mal eure Euroleague oder eure Super League, ja, wir schließen euch hier vom Wettbewerb aus. So, das waren die Takes. Und dann hättest du mal geguckt, was diese Vereine gemacht hätten. Wo hätten sie denn spielen sollen? Hätten sie 8-mal gegen denselben Gegner in der Super League spielen können, oder was? So, das war das Ding. Ob da jetzt Dortmund und Bayern bei gewesen wäre, jetzt mal ernsthaft. Also wir, gerade Deutsche im Ausland, ja, mal Bayern, vielleicht Dortmund noch einen Tacken, haben doch nicht dieses Ansehen wie englische Vereine zum Beispiel. Ja, also, nee. Der Grund war, dass die Fans auf Barrikaden gegangen sind und dass die nationalen Wettbewerbe gesagt haben und die UEFA, alles klar, wir schließen euch aus unseren Wettbewerben aus. Das war das Ding. Gerard, hau rein, schönen Abend, schönes Wochenende und hoffentlich morgen 5-0, wa? Sobald Leimer fit waren und die anderen RVs, haben Goretzka und Kimmich einen Geistesblitz gekriegt und plötzlich Leistung gezeigt mit vollem Einsatz. Hoffentlich wird einer von denen trotzdem im Sommer verkauft. Frisches Blut ist nötig. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ein Kimmich mal auf rechts spielt. Ja? Dass er da, wie ich gesagt habe, der hat da einfach auch ein bisschen weniger Druck, denke ich. Er ist ein bisschen freier vielleicht. Auch wenn ihm das vielleicht nicht so bewusst ist oder er das nicht so möchte. Und ich glaube, ein Goretzka profitiert einfach davon, dass ein Kimmich nicht in der Mitte spielt. Ja, so kacke, wie sich das anhört. Ich glaube, er ist einfach ein bisschen befreiter. Ne? Das ist so mein Eindruck. Aber natürlich auch die Ansage vom Eberl. Auch keine Frage, ne? Der gesagt hat, so, ihr müsst jetzt performen, wir gucken am Ende der Saison, wen wir behalten. Also, ich denke, auch das wird ein bisschen was gebracht haben. Roland, schöne Grüße in die Schweiz, schönes Wochenende. Der Sprung von Campus zu Profis ist für viele einfach zu groß. Wir brauchen Möglichkeiten für Zwischenschritte. Ja, für Spieler, die sich erst später entwickeln. Kann ja nicht jeder mit 18 schon durchstarten. Heißt ja nicht, dass die es nicht schaffen. Ja, ist richtig, Ambo, daran arbeiten wir ja. Ne? Dadurch haben wir haben jetzt schon Kooperationen geschlossen mit vielen Vereinen. Ja, da wir es nicht hinkriegen, die zweite Mannschaft wieder in die dritte Liga zu befördern, was Minimum wäre. Ja, höher darf sie ja leider nicht spielen. Ist das, warum ein Freund verpflichtet wurde. Eben um diesen Zwischenschritt kleiner werden zu lassen. Durch Partnervereine, wo man die Spieler ein Jahr hinverleiht und so weiter. Ja. Macht schon Sinn, wenn größere Vereine auch auf Talente setzen, weil sie die im Gegensatz zu kleinen Vereinen auch halten können, wenn sie den Sprung schaffen. Snake, das ist völlig richtig. Ja. Generell macht das in der heutigen Zeit Sinn, bei den Transfersummen, die da immer im Raum stehen. Ne?
Chico, sehr gut, Alter. Bist also der Huhnjäger, ja? Wild. Wird wohl kein 5-Stunden-Stream bis Mitternacht wie letzten Freitag. Nee, ich mach jetzt auch gleich Feierabend. Bin ja gleich unten angekommen. Kadir, hau rein. Schönen Abend und morgen gutes Spiel, ne? Tuchel war am Anfang stur, weil er Dyer und De Ligt nicht aufgestellt hat. Nee, das Traurige ist ja, dass er sie gegen Gladbach aufgestellt hat, sie ein gutes Spiel gemacht haben und er sie dann rausgenommen hat. Sobald Uppa wieder 2 Tage im Training und Min-Jae vor einem Tag angekommen ist. Nehme ich sie raus im Topspiel in Leverkusen und stelle die beiden dahin. Nochmal. Wenn wir da irgendwie Anbu, falls er noch da ist, wo da irgendwo ein Argument ist, dass ein Tuchel ein guter Trainer bei diesem Spiel war, Katastrophe. Katastrophe. Warum kommt man überhaupt in den Stream rein, wenn es einen eh nicht interessiert oder keine Ahnung hat und Müll erzählt? Ja, so ist ja auch die heutige Gesellschaft, oder? Viele gehen halt einfach in irgendwelche Streams rein und sagen dann, keine Ahnung, beleidigen dann, wollen provozieren, denken dann auch derjenige, der da sitzt, ach, der ist dann angefasst und was weiß ich, kann im schlimmsten Fall nicht schlafen, nimmt sich das persönlich oder so. So eine Sache, weißt du? Da ist man hier leider falsch. Aber das wissen die ja nicht. Aber da muss man sich keine Gedanken machen. Das muss man sportlich nehmen, wie man so schön sagt. Kurz noch zur Super League. Ich denke, es wird früher oder später kommen. Die Champions League in der neuen Form ist super uninteressant auf Dauer. Die Zeit wird es zeigen. Nee, ich glaube nicht, dass sie kommen wird. Eben aus den gesagten Gründen. Wenn, dann müsste sie von der UEFA kommen. Ja, dann kann das sehr gut sein, so wie es mal früher in der Rede war, dass es dann so ist, dass aus den nationalen Verbänden, wie jetzt Deutschland zum Beispiel, der Meister aufsteigt und welche aus der Super League absteigen. Solche Geschichten, ja. Was mal in der Rede war. Dann ja, aber dass das ein unabhängiger Wettbewerb wird, glaube ich, wird sich nicht durchsetzen. Dafür fließt einfach zu viel Kohle in der UEFA und in den nationalen Verbänden. Es sei denn, es kommt irgendwie so ein Scheich um die Ecke und sagt, ja, ich packe hier mal die große Tüte aus. Ja, ich zahle denen allen, was sie so sehen wollen. Ja, dann könnte das vielleicht sogar passieren. Ja. Schwer zu sagen. Mal schauen, ich finde das neue Champions League-Format nicht schlecht, weil es den großen Vereinen wie uns hilft, weiterzukommen. Ja, aber haben die großen Vereine es nötig, dass man ihnen hilft, weiterzukommen? Ich meine, guck dir jetzt gerade das Viertelfinale der Champions League an. Siehst du da irgendeinen kleinen Verein? Weißt du, wie ich meine? Weiß ich nicht. Also ich tue mich auch schwer mit dem Wettbewerb. Ich kann mir und will mir aber auch noch kein Urteil bilden. Ne? Ich muss das erleben, wie es wird. Also bin sehr gespannt. Sehe das aber auch mit gemischten Gefühlen. Schwierig, also mal gucken. Pro Min-Jae. Pang, hau rein. Lass den Thomas in Ruhe, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja, das ist jetzt aber ein schwaches Argument zu dieser Leverkusen-Geschichte an. Kurz noch einen Philosophen zitieren namens Bud Spencer. Ja, dann hauen wir raus. Wo ist das? Sehe ich nicht. Der europäische Markt ist für die Gründer der Super League eher nur zweitrangig. Das Hauptgeschäft wollen die in den USA und Asien damit machen. Hab damals die Reaktion bei den Amerikanern über das Thema gesehen und die haben nicht wirklich kapiert, warum sich die Fans aufregen, weil die das System aus dem Football und Basketball kennen. Die stört es nicht, wenn City 4-mal gegen Real in der Saison spielen würde.
Ja, das weiß ich, dass die das nicht stören würde, aber du würdest halt den europäischen Markt komplett verlieren, ne? Und Fußball ist ja immer noch in Europa das Ding, auch wenn man da vielleicht nicht das meiste Geld verdient. Mal, was ist denn hier los? Wo kommen denn die ganzen Ballerbieren her? Sag mal, Gegen Osterferien meine sind ja Keller noch gar hilft nicht. nicht mal ein Waffenschein. Wieso? Ja, keine Chico, Ahnung. richtig. Warum? Weil er BVB-Fan ist oder was? Nein, weil er spammt. Ja, weil er ein Idiot ist. Ja, Doch nicht schlimm. Kadi, was darfst du so erwähnen? Ja, eFootball, ich weiß schon, was du meinst. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wird man sehen. Muss man mal erleben ein Jahr. Ich denke, dann können wir uns da ein Urteil zu bilden. Chico, schönen Abend. Gib ja zu, das war ja nicht Thomas Sternstunde. Ich denke einfach, er wollte die schnellen Spieler gegen Leverkusen spielen lassen. Ja, ich kenne auch ein paar sehr gute Dortmund-Fans von WhatsApp. Okay, Leute. Dann beschließen wir die Runde hier mit einem BVB-Fan, der sich genötigt fühlt, im Bayern-Stream zu sagen, dass er ein BVB-Fan ist. Herzlichen Glückwunsch. Deine Nachricht kommt nicht durch. Ja, das ist frech. Aber ich hau eh noch einen Abspann raus, Leute. Ihr könnt also noch eure Nachrichten an die Mara rausballern. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Und bedanke mich natürlich für den super Stream, für die super Teilnahme von euch. Und mir hat es wieder super Spaß gemacht. Ja, Montag sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Danach müssen wir mal gucken. Dann ist ja erstmal Pause. Ob ich dann den Freitag streame, weiß ich noch nicht. Klären wir am Montag mal. Also von daher, ich verabschiede mich schon mal und vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Ja, ich Support. wünsche euch auch einen schönen Wie Abend. immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich Und freue mich auch über natürlich jeden auch morgen ein Kommentar, der schönes Spiel. geschrieben Was wird. sind eure Tipps? Haut die mal noch raus hier? Genau, die Mara vergesse ich auch schon wieder. Die Mara sagt natürlich auch noch Tschüss. Und ich habe mal das Geblubber von mir ausgemacht. Ja, ja, ich vergesse mich hier gleich auch, du. So, dann nichts, ne? Ja, das sowieso, Chico. So, jetzt schönen Abend, ihr Lieben. Tschüssi.